Energiekrise, stagnierende Wirtschaft, Energiewende. Heute geht es bei uns ums Geld. Hier in dieser Runde mit Professor Rajesh ich merke gar nicht, und dem wurde wohl Ökonom debated. Professor Marcel Fratscher. Wir stecken gerade mittendrin in einer Energiekrise. Und diese Krise zeigt, fossile Energieträger machen uns abhängig. Jetzt könnte man ja sagen, hätten wir Ich hätte fast erwartet, dass jetzt Harald Lesch mit seinem Weizenbier da sitzen würde, wie bei Lesch, als Lech bei Lanz war. Das war sehr witzig gewesen. Einfach alle so mit ihrem Glas Wasser und einfach Lech mit seinem fucking Weizenbier. die Energiewende nun mal schon schneller vorangetrieben, hätten wir das Problem jetzt nicht in der Form. Und es klingt ja auch so schön. Erneuerbare Energien, die mehr Klimaschutz bringen und mehr Unabhängigkeit. Nur so eine Energiewende kostet ja auch Geld. Und es besteht die Sorge, dass das der Wirtschaft schadet. Wie ist es also? Wenn wir das Klima retten wollen, werden wir dabei arm? Nein, nicht zwangsläufig. Cleantech ist ein ziemlich lukrativer Bereich. Darüber wollen wir heute zusammen diskutieren. Und zwar nicht nur wir drei, sondern auch ihr seid herzlich eingeladen, all eure Fragen, eure Gedanken, das, was euch zu dem Thema bewegt, in den Live-Chat zu schreiben. Ich versuche so viel wie möglich davon hier in die Runde mit einzubringen. Und nein, Chat, die Kommentare hier im Livestream-Chat prägt nicht so viel, weil das war gestern oder vorgestern, die Gesprächsrunde. Das heißt, ich kann jetzt nicht durch die Zeit reisen, die Fragen für euch einbringen. Das wäre praktisch, aber noch habe ich keine Zeitmaschine. Bitte seid mir nicht böse, wenn wir nicht alle Fragen schaffen. Genau, also da es ja heute um die Ökonomie geht und Harald und ich ja nun mal als Naturwissenschaftler vielleicht nicht ganz so den Durchblick haben, haben wir uns einen Ökonomen dazu eingeladen. Ein Wirtschaftswissenschaftler, und zwar Marcel Fratscher. Er ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er sitzt außerdem unter anderem im Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums und berät im High-Level Advisory Board der Vereinten Nationen zu nachhaltigen Entwicklungszielen. Vielleicht kannst du uns gleich noch mal genau sagen, was es damit auf sich hat. Aber erstmal schön, dass du hier bei uns bist, Marcel. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Danke. Genau, wir wollten uns mit diesem Thema, nämlich wie diese Klimaschutzmaßnahmen, welchen Einfluss die auf die Energiekosten haben, eigentlich schon beschäftigen, bevor wir in dieser aktuellen Lage waren. Jetzt ist es aber so, wir haben diese Energiekrise und wir spüren die hohen Energiekosten nicht wegen der Klimaschutzmaßnahmen, sondern wegen der geopolitischen Lage. Deswegen würde ich sagen, steigen wir damit auch einfach direkt mal ein. Wie erlebt ihr die Situation? Wie würdet ihr das gerade einschätzen? Von den Dullis kommt doch dann der linksgrün versiffte Fratscher, der nie recht hat. Wobei man halt sagen muss, dass egal welcher Ökonom da sitzen würde, egal wie argumentiert werden würde, irgendwer würde da mal wieder rumheulen. Das ist ja keine neue Erkenntnis. Beim Energiethema haben wir das ja schon oft gehabt, dass viele Leute, du kannst ihnen Dutzende Studien, du kannst ihnen hunderte Beiträge zeigen, du kannst ihnen die EU-Dokumente zeigen und die sagen dann einfach, nee, das stimmt nicht, weil das ist einfach gelogen. Dann fragst du nach, warum? Kommt dann nichts mehr. Das ist ja auch mal so ein reiner Fiebertraum. Deswegen habe ich auch angefangen, mehr Visualisierung zu bauen, damit wenigstens die Leute, denen die Fakten wichtig sind, das dann halt so wenigstens lesen können. Auf die Art und Weise. Also, ich fange mal an. Es ist ja keine Energiekrise im allgemeinen Sinne, es ist eine Energiekrise der fossilen Energien. Und die Erneuerbaren haben kein Problem. Und eigentlich haben wir auch selbst bei den fossilen nicht wirklich ein Mengenproblem, sondern wir haben ein beziehungsweise ein Marktstrukturproblem. Würde ich widersprechen, weil so Anlagen wie die weltweit größte LNG-Produktionsanlage, dass die für 3 Jahre ausfällt, ist ein Angebotsschock. Das ist ja nicht nur, dass die Waren quasi in der Straße von Hormuz festhängen, das ist auch ein Angebotsschock, weil ja nun mal auch nicht gerade wenige Raffinerieanlagen zum Produzieren oder zum Umwandeln eben, sowie eben auch Depots in Flammen gesetzt wurde. Also das ist tatsächlich in meinen Augen nicht korrekt. Dass über die Marktpreise jetzt das Ganze so teuer wird. Natürlich haben wir, das wissen wir ja alle, durch die Straße von Hormuz, durch die Sperrung, wird eben 20% weniger Öl auf den Weltmarkt gebracht. Er redet, glaube ich, von Deutschland, oder? Naja, er kann nicht ein Verteilungsproblem gerade meinen und sich dann auf Deutschland beziehen, weil die deutsche Verteilungsinfrastruktur ist nicht beschädigt, wenn man es genau nimmt. Also er muss ja schon von der Straße von Hormuz sprechen, wenn er ein Verteilungsproblem meint, basierend darauf, dass die Schiffe nun mal ihre Ziele jetzt nach und nach nicht mehr erreichen werden, jetzt wo die letzten Tanker ankommen. Aber ich will es mal so sagen, was mich am meisten irritiert in der Reaktion auf diese Krisensituation im Persischen Golf ist, dass in Deutschland in der öffentlichen Debatte zu wenig über das Thema Energiesparen. Das ist nämlich eine der erneuerbarsten Energiequellen, die es überhaupt gibt, für die es auch keinen Energieerhaltungssatz gibt, sondern im Gegenteil, das ist eine Wait, what? Wenig über das Thema im Persischen Golf ist, dass in Deutschland in der öffentlichen Debatte zu wenig über das Thema Energiesparen. Das ist nämlich eine der erneuerbarsten Energiequellen, die es überhaupt gibt, für die es auch keinen Energieerhaltungssatz gibt. Achso, so meinte er das, okay, falsch verstanden. Sondern im Gegenteil, das ist eine Sache, die man dringend machen müsste. Und man müsste sich vielleicht mal daran erinnern, in den 70er Jahren hatten wir ja auch verschiedene Krisen. Und da hat die Bundesregierung zum Beispiel gesagt, okay, wir setzen ein Tempolimit auf die Autobahn, solange wir das Problem haben. Und wir machen ein paar autofreie Sonntage.
Das wäre schon mal ein Zeichen, dass Politik das auch ernst nimmt und zwar auch insgesamt mit der Bevölkerung zusammen ernst nimmt. Das fände ich besser, als immer wieder darüber nachzudenken, wie wir irgendwelche Kostenausgleiche. Deutschland ist durch Sperrung wegen Marktpreis betroffen, nicht der Verfügbarkeit, dachte ich. Jein. Wenn es zum Beispiel um Kerosin geht, haben auch die europäischen Flughäfen Probleme, weil es da auch tatsächlich einen Angebotsmangel gibt. Wenn es um Benzin und Diesel klassisch geht, theoretisch weniger. Da ist es halt wirklich allein der Preis, der das Problem darstellt. Aber auch Katharina Reich muss ja ein bisschen zurückrudern, dass je nachdem, wie stark der Konflikt vorangehen würde, so Ende April, Anfang Mai theoretisch auch ein Verfügbarkeitsproblem auftreten könnte. Ich sage bewusst im Konjunktiv, weil ja diese Sperren vom Iran sowie die Sperren von den USA, die sind ja eher so Richtlinien, weil ja trotzdem Schiffe ja durchfahren immer wieder mal. Können, die wir nicht hätten, wenn wir weniger und vor allen Dingen auch langsamer Auto fahren würden zum Beispiel. Ja, vielleicht kann ich direkt anknüpfen aus der Sicht der Ökonomie. Du hast die entscheidenden Punkte angesprochen, Harald. 15-20% weniger Gas und Öl heißt, wir müssen als Weltgemeinschaft auch in Deutschland weniger fossile Energiefelder verbrauchen. Das ist nun mal weniger Angebot da. Und die Ökonomie sagt immer, der Markt regelt es über den Preis. Der Preis geht hoch und wenn der Preis teurer wird, klar, dann konsumieren wir weniger. Das Problem ist, dass bei Lebensmitteln, was ja auch zum größten Teil aus Energie besteht, aber auch das Gas für die Heizung oder das Benzin fürs Autofahren, dass es so schwer darauf ist zu verzichten. Und wenn man nur auf den Preis fokussiert, hat man das Problem, dass man die sozialen Effekte ja gar nicht berücksichtigt. Ne? Also Leute, die gut verdienen. Autofreie Sonntage wären scheiße, wir kaufen Eis auf Märkten, die sind meist außerhalb der Städte. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch in den 70er Jahren viele Ausnahmeregeln für die Leute, die auch sonntags arbeiten müssen oder sonntags solche Sachen haben, dass man einfach, sagen wir es begründen kann, ist halt kein Thema und sowas. Das wäre also jetzt nicht unlösbar gewesen, wenn man das einführen würde, was ich nicht erwarte, dass das im Jahr 2026 passiert. Dass so ein autofreier Sonntag eingeführt wird, sehe ich einfach 0%. Stand jetzt, dass die Bereitschaft da wäre. Ist okay, wenn der Liter Benzin 40, 50, 60 Cent mehr kostet. Das können die verkraften. Aber Menschen mit wenig Einkommen deutlich schwerer. Und das ist eigentlich das Perfide an dem, was die Bundesregierung jetzt macht. Die sagt, liebe Autofahrer, das Sprit ist teurer geworden, wir senken mal die Abgaben, sodass das billiger wird für euch. Wir nehmen E-Autos aus dem autofreien Sonntag aus, das wäre richtig witzig. Also ich das wäre tatsächlich ein Fiebertraum, wenn das passieren würde. Das sehe ich halt nicht, weil das wäre unmöglich zu erzwingen, behaupte ich. Weil du nicht mal im Ansatz das Personal haben würdest, um halt genug Leute aus dem Verkehr zu ziehen, die darauf scheißen würden. Das kannst du quasi vergessen gefühlt. Ehrlich gesagt, aber naja, also. Und dadurch sparen die Autofahrer nicht mehr so viel. Das heißt aber, jemand anders muss mehr sparen. Ja. Und das sind dann Menschen, die auf Lebensmittel angewiesen sind, die aufs Heizen angewiesen sind. Das heißt, wenn man den einen hilft, müssen die anderen mehr zahlen. Und das ist, was ich so kritisiere. Das hat eine riesige soziale Unwucht. Ja. Denn die Autofahrer, ja, gibt sicherlich auch die ärmeren Leute, die auf dem Land wohnen, ihr Auto brauchen. Gar keine Frage, die gibt's. Aber die Menschen, die wirklich wenig haben und die wirklich die Lebensmittel brauchen, die sind letztlich die Menschen, die den höheren Preis dafür zahlen, dass wir diese Preise verzerren. Ja. Also würdest du sagen, dass die ökonomischen Maßnahmen ist nicht auf Lebensmittel angewiesen. Der Gedanke ist ja, der gerade eben schon differenziert zwischen den Besserverdienenden, zu dem er sich wohl selber dazu zählen wird als Chef des DEWs. Das ergibt ja auch Sinn, weil alle drei an diesem Tisch werden wahrscheinlich von den Vermögensverhältnissen oder generell von den Einnahmenverhältnissen ein bisschen besser aufgestellt sein als die einkommensschwächeren Haushalte, die sie gerade eben diskutiert haben. Und da kann man den Mehrpreis wahrscheinlich eher auffangen, als halt jemand, der jeden Cent dreimal umdrehen muss. Das sind ja nicht wenige in Deutschland. Die man dann jetzt, ich glaube, man muss erstmal so ein bisschen verstehen, wie kann man denn mit so einer Situation überhaupt umgehen, ne? Also dann gibt es verschiedene ökonomische Maßnahmen, die man einsetzen könnte. Und dann die sich jetzt sozusagen rausgepickt wurden, würdest du die als sinnvoll einschätzen oder nicht? Nein, sie sind nicht sinnvoll, weil sie eben einigen wenigen Autofahrern helfen zu Lasten aller anderen. Ja, also wenn man 15-20% einsparen muss und die Autofahrer sagen, nee, wir sparen aber weniger ein, das heißt, irgendjemand muss mehr einsparen und muss deshalb höhere Preise dafür zahlen. In unserem Land ist der Zusammenhang zwischen Angebotsmangel, der längerfristiger sein wird, und der Preis nicht wirklich angekommen in den Köpfen. Vielleicht über den Preis gemeckert, aber die Ursache ignoriert. Ja, das ist ja auch, was ich immer wieder mich wundere darüber, selbst, dass es halt nicht so ernst genommen wird im deutschen Diskurs oftmals. Es gibt die Artikel, die das halt ernster auch beschreiben, das wirklich auch akkurat wiedergeben, finde ich. Aber auch bei vielen Straßeninterviews merkt man bei vielen Leuten, die sehen den hohen Preis, bekommen aber das Ausmaß nicht wirklich mit, wie katastrophal eigentlich diese Energiekrise wirklich ist. Das ist halt tatsächlich eine sehr viel ernstere Lage, als in den 70er Jahren ist.
mit der Reaktion darauf, mit den Schäden, die ausgelöst wurden. Und ich gehe auch weiter nicht davon aus, dass jetzt die nächsten Wochen es nicht trotzdem nochmal Angriffe geben wird, sei es durch Israel, sei es durch die USA oder auch, dass der Iran plötzlich wieder rumfeuert. Das ist ja durchaus nicht unvorstellbar. Die kriegen es ja jetzt schon nicht geschissen, die Themen ordentlich in den Griff zu halten. Oder Trump mal wieder irgendeinen Gehirnfurz haben wird, wäre ich nicht überrascht, wenn er plötzlich einen neuen Angriff startet. Ich glaube, die Waffenruhe soll ja am 21. April auslaufen, soweit ich weiß, angeblich. Weil ich hatte einen Beitrag gesehen, dass Trump es angeblich zum 27. verlängert hat. Aber Halbwissen, ich weiß nicht, ob ich da auf Fake News reingefallen bin, weil ich habe den Beitrag nicht gefunden bei Truth Social. Die anderen Sachen schon am 21., dass es bis dahin auslaufen soll. Aber das ist das Problem, weil jeden Tag gibt es so viel Müll von dem Typen auf Truth Social. Du kannst es halt fast unmöglich verfolgen. Stand jetzt. Das ist halt ein Riesenproblem. Und das ist das Problem, dass es eben diese soziale Unwucht hat und jetzt ganz konkret, auch ökonomisch, wie man es klug machen könnte. Ich verstehe ja total, dass Leute sagen, wie soll ich denn die höheren Lebensmittelpreise zahlen? Der andere sagt, wie soll ich denn zur Arbeit kommen, wenn jetzt der Liter Benzin 70 Cent teurer ist? Also ökonomisch gesehen wäre viel besser, den Menschen eine Energiepauschale zu geben. Sagen, hier sind 300 €. Bundestag schon vorbei. Wir haben die Sachen uns angehört, die ich mir anhören wollte. Also ist quasi schon vorbei, ja. Es gibt noch andere Sachen, aber die waren nicht so interessant für mich gewesen. Und jeden Redner reden lassen im Bundestag ist auch relativ sinnlos, weil sich vieles dann auch einfach wiederholt. Deswegen lasse ich meistens einen von jeder Partei sprechen und nicht 2 oder 3. Sonst ist es einfach zu viel. Du kannst damit entscheiden, was du machen willst. Wohnst du auf dem Land, brauchst unbedingt das Auto, nimmst fürs Benzin. Bist du in der Stadt, hast wenig, brauchst es für die Lebensmittel, nimmst es dafür. Und das ist wirklich ein fundamentaler Unterschied. Nicht der Staat sagt, hier, denen helfen wir, die schon eher privilegiert sind, zulasten anderer, sondern hier ist das Geld, jeder kriegt das Gleiche. Das heißt, Menschen mit wenig Einkommen werden proportional auch nochmal stärker entlastet zu ihrem Was ja erstmal gut klingt. Einkommen. Und ihr entscheidet selber, weil das hat die Anreize, wie du gesagt hast, Harald, die Leute müssen immer noch sparen, die Preise sind immer noch hoch, aber die Leute haben eben die Autonomie, selber entscheiden zu können, wofür brauche ich das Geld. Das ist übrigens interessant, diese 300, die Regierung Brandt hat damit, glaube ich, 300 Mark an alle verteilt. Dann konnte jeder gucken, wie er damit klarkommt. Aber es gab eben auch Rahmenbedingungen, die klar gemacht worden sind. Passt auf, das, was wir tun können an Veränderungen, an Rahmenbedingungen, das haben wir getan. Und darüber reden wir aber leider Gottes gar nicht. Anstatt den Rahmen zu setzen, in dem wir uns dann entsprechend so verhalten können. Nein, es wird immer nur darüber nachgedacht, gerade auch diejenigen zu entlasten, die sich eigentlich leisten könnten, das zu bezahlen. Stimmt es eigentlich, Entschuldigung, dass ich da mal, aber stimmt es eigentlich, dass bei der Pendlerpauschale vor allen Dingen Leute entlastet werden? Das ist ja Bullshit, was er sagt. Woher kommt das Geld, das man den Bürger geben will? Das sind Steuernahmen, die von den Bürgern kommen. Da kann man auch gleich Steuern senken. Genau, weil als Sofortmaßnahme es bestimmt super sinnvoll wäre, Steuern senken zu wollen, weil wir ja gerade eben schon das Thema hatten, dass es super schwer ist, Steuersenkungen durchzuführen, die bei allen ankommen würde. Genau darum geht es ja gerade, dass das halt eben nicht so einfach. Ich finde es auch mal ganz, ganz wild, mehr oder weniger, wenn sowas halt formuliert wird, weil es natürlich immer sehr unterkomplex ist, das so darzustellen, weil natürlich ein Staat andere Mittel hat bezüglich, wie man den Steuergeldern umgeht, wie man vor allem auch weiteres Geld auch leihen kann und Co. Das ist halt immer so ein bisschen sehr irreführend, das so darzustellen. Ich weiß halt nicht, warum du das so schreibst und du selber gerade sagst, dass du weißt, das ist Bullshit. Das stimmt halt. Das ist halt irritierend gerade für mich. Das ist das Problem nicht. Wenn Gelder an die Leute ausgezahlt werden, damit sie selber im besten Fall dann überblicken können, wie sie das regeln wollen, das löst das Problem nicht als kurzfristige Entlastungsmaßnahme? Man kann die Sinnhaftigkeit natürlich angreifen, aber dass diese Sofortauszahlung natürlich eine Hilfe darstellen würde bei einem plötzlichen Preisanstieg, der nicht in der Hand der Bundesregierung lag durch die fossile Abhängigkeit, die nun mal einfach schon da ist. Das ergibt keinen Sinn, weil natürlich wäre es eine Hilfe als kurzfristige Entlastung. Nicht langfristig, aber das ist auch nicht eine Aussage. Werden, die eigentlich eher überdurchschnittlich verdienen, weil dieses lange, große Pendeln sich eigentlich nur Leute leisten können, die auch entsprechend verdienen? Ist das so? Die Empirisch? Pendlerpauschale wird so gezahlt, dass du das von der Einkommensteuer absetzen kannst. Das heißt, wenn du wirklich ganz wenig verdienst, auch wenig Einkommensteuer zahlt, profitierst du weniger. Und das ist doppelt widersprüchlich. Du setzt also durchaus Anreize, weit weg vom Arbeitsplatz zu wohnen und dann eben gibst du den Leuten mit viel Geld eine stärkere Entlastung. Also viele der Maßnahmen, gerade um auf deine Frage zurückzukommen, haben diese soziale Unwucht. Und die Menschen, die eigentlich Hilfe bräuchten, Menschen mit wenig Einkommen, Menschen, die weniger mobil sind, die fallen eigentlich hinten runter. Und das ist so einer meiner Kritikpunkte. Ja, die
Also ich profitiere null von der Pendlerpauschale, weil ich nicht pendel. Ja, deswegen habe ich das auch nochmal in den Chat gerade geschrieben, dass in meinen Augen es komisch ist, sich aufzuregen, dass quasi eine Maßnahme nicht alle Probleme löst, weil du brauchst eine kurzfristige Entlastung sowie eine langfristige Strategie, wie du bei dem Energieproblem die Abhängigkeiten reduzierst. Das ist ja, was Bergliebe sagt, auch nicht abwegig, aber der Gedankenfehler ist, wenn man das zu Ende denkt, was gerade geschrieben wurde, suggeriert man damit, dass die Maßnahmen alle sinnlos sind, wenn sie nicht alle Probleme lösen. Das ist ja nicht Sinn der Sache, darum geht es auch gar nicht. Die werden jetzt auch in diesen 60 Minuten über mehr als eine Diskussion und eine Debatte oder eine Maßnahme reden mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil du brauchst natürlich mehrere Ansätze für verschiedene Gruppen an Leuten. Das ist ja klar. Das ist auch beim Energieproblem nicht anders. Die zum Beispiel, die mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren, würden sich auch über 9-Euro-Ticket freuen als ÖPNV-Entlastungsmaßnahme. Die alle eben pendeln, würden sich vielleicht über Pendlerpauschale oder über Soforthilfen freuen. Und all diese Leute würden sich aber auch freuen, wenn zum Beispiel beim ÖPNV, der mehr ausgebaut wird in immer mehr Ecken, die Leute, die mit dem Auto fahren, würden sich freuen, wenn man günstiger an ein E-Auto rankommen würde, dass man weniger Kosten hat für Mobilität. Du hast immer verschiedene Lösungen, die du zusammensetzen musst. Du kannst nie nur eine Maßnahme nehmen, um alles zu lösen. Das geht nicht. Das gibt's auch nicht. Dass eine Maßnahme alles löst. Die kurzfristigen wie langfristigen Missstände. Das ist ja, also. Politik muss helfen, gar keine Frage, aber sie tut es auf die falsche Art und Weise, dass wir eben nicht genug einsparen und nicht die Menschen profitieren, die eigentlich profitieren müssten, sondern eher Besserverdiener. Ich würde jetzt gleich mal einfach 2 Fragen. Ich habe im Hintergrund gerade Polizeisirene gehört. Ich habe keine gehört, aber kann sein, dass ich einfach nur taub war gerade, ist immer möglich. Weil ich gebe zu, die Kopfhörer sind ziemlich gut im Isolieren. Mit aus der Zuschauerschaft einbringen, die jetzt gar nicht sich unbedingt auf die jetzige Situation beziehen, sondern vielleicht eher generell zu betrachten sind. Aber Daniel schreibt zum Beispiel, wie wäre es denn mal damit, den Höchststeuersatz abzuschaffen? Was soll das bringen? Wäre jetzt meine Gegenfrage. Den Höchststeuersatz auf Einkommen, vermute ich mal, Mutig. abzuschaffen. Warum? Also, ich meine, du hast ja trotzdem dann den niedrigeren Steuersatz davor. Also, was meinst du? Frag mal zurück, warum? Fragt mal aus der Regie gerne zurück in den Chat, warum. Vielleicht kann er das ja noch mal näher definieren. Ich wollte gerade sagen, habt ihr wirklich keine besseren Fragen bekommen im YouTube-Chat? Okay, es ist ein YouTube-Chat, vermute, aber ich meine, also. Wir haben aber auch noch mehrere andere. Mehrwertsteuer komplett abschaffen, schreibt jemand. Weil wenn du den höchsten Steuersatz abschaffst, hast du den zweithöchsten als höchsten. Das ist doch, ich meine, oder? Höchststeuersatz einführen und Vermögensteuer auf 1% pro Million. Rainer. Boah, das wird schwierig, weil eine Vermögensteuer kann unmöglich das auffangen. Die Umsatzsteuer ist einer der größten Einnahmeposten für die Bundesregierung. Das sind, glaube ich, 300 Milliarden alleine. Oder 250 bis 300 Milliarden. Das kriegst du mit der Vermögensteuer nicht kompensiert. Der Vermögensteuer ist trotzdm sinnvoll, gar keine Frage. Aber komplett abschaffen, puh. Aber beim BGB habe ich doch irgendwo das für 21 doch gesehen. Warte mal, Steuerarten, glaube ich, war das. Und Umsatzsteuer war, wenn ich mich richtig erinnere, extrem. Fuck. Ich habe vergessen, wo die Übersicht war dazu. Genau, 291,394 ist es quasi, also wenn ich das gerade richtig sehe, mit Milliarden. Genau, 291 Milliarden wäre Umsatzsteuer. Das komplett abzuschaffen, ist quasi unvorstellbar. Reduzieren, klar kann man drüber sprechen, aber ja. Mehrwertsteuer ungleich Umsatzsteuer. Jede Person im Steuerbüro wird dir widersprechen. Die Umsatzsteuer ist der fachliche Begriff für die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer ist ein umgangssprachlicher Begriff für Umsatzsteuer. Das ist dasselbe. Rainer Rusch. Mehrwertsteuer reduzieren. Ja? Weil die Mehrwertsteuer ist im Umsatzsteuergesetz geregelt und die Umsatzsteuer ist das, ja. Übrigens wird gerade in Berlin diskutiert, das Gegenteil zu machen, die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Wir haben 2 Mehrwertsteuersätze, regulär 19%, für ein paar Dinge wie paar Lebensmittel 7%. Und der 19%ige Mehrwertsteuersatz, wenn man den um 1 Prozentpunkt erhöht, kommen 15 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen. Das heißt, wenn man 3 Prozentpunkte mehr macht, hat man... Der Blick von Radl ist ja großartig. Wenn man den um 1 Prozentpunkt erhöht, kommen 15 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen. Das heißt, wenn man 3 Prozentpunkte mehr macht, hat man knapp 45, 48 Milliarden Euro an mehr Einnahmen. Das ist also eine extrem leichte Art und Weise, Einnahmen zu generieren. Und die meisten, ja, ob du jetzt im Supermarkt, was sind 3% auf 50 Euro, 1,50 € mehr bezahlst, die meisten merken es nicht. Aber Menschen mit wenig Einkommen merken das sehr wohl. Also Mehrwertsteuer ist wieder etwas, was Menschen mit geringem Einkommen stärker trifft. Mehrwertsteuer reduzieren, da wird diskutiert zum Beispiel auf Lebensmittel.
Das war ein Diskussionspunkt, den ich auch sehr spannend fand, so, keine Ahnung, Grundlebensmittel oder vielleicht gesündere Lebensmittel, wenn man das so 'n Maßstab setzen möchte, unter anderem, dass man das runtersetzen möchte. Das wäre halt eine übermäßige Entlastung für zum Beispiel einkommensschwache Haushalte, weil die einfach relativ gesehen zu ihrem Einkommen am meisten an Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer bezahlen. 7% auf 0% zu setzen, weil das würde wirklich die Menschen bei der Grundversorgung entlasten. Das wäre durchaus sinnvoll. Das kostet auch ungefähr 15 Milliarden Euro von 7%. Wenn es weitergegeben wird, wenn ich das so dazwischen werfen darf, denn bei den Gastronomen habe ich jetzt nicht immer das Gefühl, dass diese Reduktion von 19 auf 7 oder was irgendwie sich auf den Speisekarten, auf jeden Fall. War aber auch fairerweise recht früh angesagt gewesen von den Gastroverbänden auch, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit das meiste nicht weitergeben werden dazu. Das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal hier gehabt, dass es halt nicht weitergegeben wird. Und daher, das war auch, glaube ich, den meisten klar gewesen, dass genau das passieren würde. Dass dann eher dann quasi die eigene Gewinnmarge, die vielleicht auch nicht wirklich sehr hoch war, fairerweise, aber halt trotzdem die eigene Gewinnmarge damit hochgesetzt wurden. Also, Da haben die Speisekarten oft noch nichts davon gehört, dass da 12% weniger Mehrwertsteuer zu bezahlen sind. Es muss weitergegeben werden. Historisch ist so die Erfahrung, es braucht ein bisschen Zeit, bis es passiert. In Supermärkten geht es schneller als in der Gastronomie. Aber klar, das ist ein wichtiger Punkt. Was, ach, du hast Ja, du mal- wenn ich darf, hier gibt es gerade eine ganz interessante... was aufschreiben. Ja, hier, schau. Hier gibt es gerade eine ganz interessante Diskussion im Chat. Und zwar, der eine schreibt, und wenn man auf dem Land wohnt, mit dem Auto fahren muss und Lebensmittel braucht, ne, wohingegen der andere schreibt, was ich gut finden würde, wenn einmal darüber gesprochen wird, das Deutschlandticket auf einem günstigen Niveau zu halten. Immer heißt es die armen Autofahrer, dabei ist der ÖPNV klimafreundlicher. Ne, also sieht man vielleicht genau diese zwei Pole. Wie würdet ihr das? ich sage halt immer gerne, also es ist für mich halt kein Widerspruch zum Beispiel, deswegen bin ich auch kein grundsätzlicher Gegner von Individualverkehr, weil nun mal Leute auf dem Land einfach keine anderen Alternativen wirklich haben und selbst mit dem ÖPNV-Ausbau wird es trotzdem priorisiert werden oder einige ländliche Regionen trotzdem geringer priorisiert werden bei den Themen, ist es natürlich trotzdem okay, dass man auch da Autofahren lassen möchte, aber auch da bin ich ja eher bei der elektrifizierten Lösung mit Social Leasing. Das ist viel zielführender und viel sinnvoller, weil man eben auch bei den Strompreisen besser ansetzen kann als beim Öl- und Gaspreis, den du eben nun mal nicht selber großteils förderst. Die inländische Förderung von Gas in Deutschland ist, glaube ich, 1% oder so vom Bedarf, 2%. Ein bisschen mehr als das, glaube ich. Wir sagen, glaube ich, 20 Terawattstunden von 800 oder so. Und bei Öl ist es ja quasi fast nahezu non-existent. Also da ist halt Strom schon deutlich leichter zu kontrollieren. Allein diese Sicherheit, dass man nicht so abhängig ist, wenn wieder mal Donald Trump einen Furz quer sitzt und er spontan dann wieder sich selber als Jesus sieht, der mit seinen magischen Lichtorben Leute heilen kann, dass er dann nicht wieder anfängt, noch ein Land zu bombardieren, das viel Öl und Gas exportiert. Schon wieder. Ich würde das einordnen. Also das sind ja alles Fragen an den Ökonomen. Da warte ich mal, bis die fachkompetente Antwort kommt und dann kann ich dazwischen fragen. Es gibt genau diese Fälle, Leute, die ein Auto brauchen. Die einfach auch häufig Menschen mit wenig Einkommen sagen, ich muss nun mal irgendwo außerhalb leben, damit ich überhaupt meine Familie im kleinen Häuschen oder eine Wohnung einigermaßen erschwinglich unterbringen kann. Und ich brauche das Auto, sonst komme ich, da gibt es vielleicht auch in vielen Orten kein ÖPNV. Also ich verstehe die Menschen komplett. Und den Leuten jetzt zu sagen, er steigt halt auf dem E-Auto um, greift ja auch zu kurz. Sie können Ist halt die Realität, dass nun mal die Anschaffungskosten sind halt brutal. Das ist die Kritik, die ich auch mal wieder sage, wo ich das auch voll verstehen kann. Deswegen bin ich ja dieser Social Leasing Ultra bei dem Thema, weil ich finde die Idee aus Frankreich sehr cool. Das ist ein guter Ansatz. Das ist dann auch weniger Geld, das ich einfach in die Tasche, wie zum Beispiel, dass du sagst halt E-Auto-Kaufprämie, dass du 5.000 Euro rabattieren würdest oder als Rabatt anbietest. Dann werden einfach die Autos 5.000 Euro teurer. Das haben wir jetzt so oft schon gesehen und bei Social Leasing ist das Problem deutlich geringer, weil da diese Wirkung nicht im selben Maße aufsteht. Wenn ich an die eine Studie aus Frankreich richtig gerade denke, dass das dort eben nicht denselben Mitnahmeeffekt eben hat, den man bei der E-Auto-Förderung erwarten würde. Leute können dann nicht einfach mal ein neues Auto kaufen, weil der Sprit jetzt so teuer geworden ist. Also volle Sympathie, die Menschen gibt es. Aber für viele ist es wichtig, dass wir auch eine Mobilitätswende haben. Dass wir eben die Menschen, die es können, vom Auto. Ich glaube, jeder, der in mal München, ich lebe in Berlin, unterwegs ist, sieht, wie viele Autos auf der Straße sind. Das ist randvoll gerne mal so, meine Güte. Was ist nochmal Social Leasing? Social Leasing ist ein Konzept, wo zum Beispiel für einkommensschwache Haushalte angeboten wird, fiktive Zahl, es wird ein E-Auto angeboten, das du für 100 Euro im Monat quasi leasen kannst oder 50 Euro im Monat leasen kannst, je nach Einkommensstruktur. Und dass man dann quasi so die teuren Anschaffungskosten umgehen kann auf die Art und Weise, weil der Staat dann so eine Möglichkeit schafft, dass dann Leute an die Autos rankommen können und ohne halt eben extrem viel Geld auszugeben auf dem Gebrauchtmarkt oder auf dem Neuwagenmarkt
Neuwagenmarkt, dass du auf die Art und Weise dir das Auto quasi in Anführungszeichen ausleihen würdest. Das ist ein bisschen irreführend jetzt als Kontext, gerade wenn es ums Leasing geht, aber dass du halt so die Möglichkeit hast, dann trotzdem nicht die Mobilität komplett zu verlieren. Das ist dann so ein weiterer Förderansatz, den man gerade in Frankreich probiert hatte, wo sie, glaube ich, 1,5 Milliarden eingeplant hatten. Und es war, glaube ich, 22 Minuten, dann war es leer, das Budget. Nach 22 Minuten war das Budget leer gewesen in Frankreich, bei der ersten Welle. Dann haben sie es nochmal aufgestockt, hat es ein bisschen länger gedauert, fairerweise. Aber das war, hat man schon gemerkt, dass in Frankreich da sehr großes Interesse da war. Das kannst du ja auch super koppeln mit zum Beispiel, du willst nur EU-Autos fördern, also die in Europa gefertigt wurden oder in Deutschland oder Frankreich und sowas. Da gibt es ja Möglichkeiten, die man tatsächlich machen kann dafür. Und das war halt tatsächlich in meinen Augen ein gutes Konzept, weil das kann dieses Problem mit den durchaus vollkommen validen, realen, noch recht hohen Anschaffungskosten halt umgehen. Wo man sagt, das ist eigentlich ein super ÖPNV. Also ich muss nicht das Auto von A nach B nehmen. Ich kann in 80% der Fällen auch gut mit Öffentlichen zurecht. Und das ist die Idee auch einer funktionierenden Marktwirtschaft, dass man all das, was wir machen, unseren Konsum, dass die Preise dafür die externen Effekte widerspiegeln, so nennen wir das. Also die wirklichen Kosten, die dahinter sind. Und deshalb ist zum Beispiel Autofahren, eigentlich müsste Autofahren teurer sein, weil wenn man den Schaden, den CO2-Emissionen des Liter Benzins an Umwelt, an Klima, an Grundwasser, durch Feinstaub, auch gesundheitliche Schäden, wenn man das mit berücksichtigen würde, dann wäre der Preis für Benzin deutlich teurer. Übrigens auch der Preis für Fleisch, auch das gehört dazu. Und das sagen wir eigentlich Ökonomen, Preise sollten erst einmal das widerspiegeln, die Kosten, die sie verursachen und nicht nur den, der das produziert. Ist natürlich, wenn man so ein bisschen in die Realität geht, ein bisschen schwierig, wenn man es so darstellen möchte. Deswegen ist ja auch, glaube ich, Veronika Grimm richtig hart angefahren worden, weil sie es ja genauso dargestellt hatte, dass die erhöhten Preise durchaus sehr akkurat wiedergeben und damit ein Umdenken ausgelöst wird. Aber das ist halt so eine ein bisschen kalte Logik dahinter, weil viele Leute haben ja diese Flexibilität einfach nicht, dass durch die erhöhten Preise man einfach umdenken könnte. Und das ist halt schwierig. Das muss man aber mal ganz klar sagen. Also deswegen versuche ich auch bewusst diese Art von Rhetorik auszulassen. Das mag zwar fachlich korrekt sein aus ökonomischer Sicht und ergibt auch tatsächlich Sinn, wenn man darüber nachdenkt, nur das bringt halt für die Leute halt eben nichts, die eben diese Option nicht haben, dass sie sich das frei aussuchen können. Da brauchst du halt wiederum die ordnungspolitischen Maßnahmen, also vom Staat eben entsprechende Gesetzgebungen oder eben auch solche Förderprogramme. Deswegen nervt mich das auch, wenn bei Energiethemen immer gesagt wird, warum muss man zum Beispiel Solaranlagen oder Windkraftanlagen oder Akkuspeicher fördern, wenn sie ja die günstigste Form der Stromerzeugung sind, weil es ja trotzdem Anschaffungskosten gibt. Kostet trotzdem Geld. Trotzdem relevant. Das kannst du nicht, also viele Leute haben nun mal nicht die Möglichkeiten, sich Reserven aufzubauen. Jeden Tag sich so Rücklagen für 1, 2, 3 Monate ihrer monatlichen Kosten anzulegen. Das haben viele Leute einfach nicht. Und das ist so nervtötend, wenn sowas halt dann auch relativ kalt rübergebracht wird. Und manchmal auch einzelne Ökonomen, er hat das jetzt nicht gebracht, soweit ich weiß, Fratscher, aber Grimm hat das ein paar Mal gebracht, die dann das scheinbar auch nicht mal verstehen wollen, warum das so ein Problem ist für so unglaublich viele Haushalte. Weil es ist halt nur, es bringt ja nichts, wenn du nur die Top 1% oder Top 10% nimmst. Es gibt ein paar mehr Leute. Hat das mit Anschaffen zu tun. Mit Anschaffungskosten ist das Kaufen des Fahrzeuges gemeint, Konaim als ein Beispiel. Oder generell größere Investitionen von Photovoltaikanlagen. Die kosten ja trotzdem, selbst wenn sie günstiger geworden sind, können die trotzdem 900 € die Kilowatt Peak kosten. Und einfach mal entspannt für 10 Kilowatt Peak 9.000 € auf der hohen Kante liegen zu haben, musst du ja erstmal haben. Ne? Du musst erstmal haben, das Geld. Das ist halt Anschaffungskosten, Investitionskosten, CapEx und sowas. Das ergibt schon Sinn. Einfach der Kaufpreis. Und das, ich versuche da auch ein bisschen, sagen wir mal, das mehr mit einzubringen in meine Aussagen, weil ich weiß, dass ich das in den ersten 2 Jahren auch weniger gemacht habe und dass Leute sich da ein bisschen angegriffen gefühlt haben, wie ich es kommuniziert habe. Aber deswegen bin ich da jetzt ein bisschen, sagen wir mal, lege ich da einen größeren Fokus drauf seit, glaube ich, 2022 oder so, 21. Sondern auch der Gesellschaft, uns allen und letztlich auch der künftigen Generation. Denn darum geht es, dass der Schaden, der durch den Klimawandel für künftige Generationen entsteht, da ist aber gar kein Preis. Das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Und das ist das Versagen der Marktwirtschaft, dass eben viel unseres Konsums nicht so teuer ist, wie es sein sollte. Ja, weil diese externalisierten Kosten halt eben fehlen. Der Verbrenner ist so viel günstiger im Vergleich. Neuwagen, nein, mittlerweile. Neuwagen, das nimmt sich das tatsächlich gar nicht mal so viel mehr bei den meisten Fahrzeugkategorien. Der Gebrauchtwagenmarkt ist aber aufgrund des Alters einfach höher. Das ist durchaus schon vollkommen, also
Der einzige Punkt ist, der Gebrauchtwagenmarkt bei Verbrennern ist viel größer. Bei E-Autos wird es auch viel größer mittlerweile, also immer größer. Nur ist es noch nicht auf dem gleichen Level. Aber Neuwagen sind generell arschteuer. Das muss ich, glaube ich, keinem von euch erzählen. Das ist generell ein Riesenproblem. Aber halt bei dem Gebrauchtwagenmarkt kann man es halt so rechtfertigen. So, sorry, wenn die Einspeisevergütung als Subvention bezeichnet wird, finde ich jetzt mal befremdlich. Kein Kraftwerksbetreiber würde ein Gas- oder Atomkraftwerk bauen, wenn er nicht eine Garantie für die Abnahmen bekommen würde. Ja, das ist ja auch mein Punkt immer. Deswegen finde ich die Diskussion auch um Solar und Wind so heuchlerisch, weil eben die Subventionen für neue Kernkraftwerke in der EU sind doppelt so lang und mehr als doppelt so teuer. Und das ist das eine Argument, was bisher kein einziger Pro-Kernkraftler widerlegen konnte inhaltlich. Keiner von denen. Die müssen immer drumherum argumentieren oder mit irgendwelchen alten Anlagen diskutieren. Das finde ich immer ganz witzig, weil das ist so ziemlich das Totschlagargument, was bisher keiner von denen überwinden konnte. Weil es halt, das ist halt das Problem. Polen bezahlt für 40 Jahre jetzt 13, 15 Cent die Kilowattstunde wahrscheinlich für ihr Kernkraftwerk. Während du bei neuen Windkraftanlagen 5,54 Cent bezahlen musst. Also, das Thema ist mittlerweile relativ deutlich und das merke ich auch bei Diskussionen. Die müssen immer zurückrudern, die können das nicht kontern mittlerweile. Damit es wirklich die Kosten widerspiegelt, die es verursacht. Wir tun immer so marktwirtschaftlich. Aber in Wirklichkeit, und das kann uns das Umweltbundesamt ja Jahr für Jahr immer wieder zeigt, das ist das ja auf, gibt es umweltschädliche Subventionen. Also das heißt Eingriffe in das Marktverhalten der Akteure, weil wir da bestimmte Dinge unterstützen. Also der Dieselpreis wird extra, obwohl er inzwischen ja nach oben geschossen ist, aber jeder Liter Diesel hat einen Anteil. Kerosin wird nicht besteuert, Dienstwagenprivilegien und so weiter und so. Bei Dienstwagenprivileg ist das ein Ding, was man vermeiden sollte. Das machen leider sehr viele Leute, die. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das irgendwie einfach, ob ich da ein Missverständnis habe, aber das Dienstwagenprivileg ist eine Vereinfachung wie man das halt abrechnet. Das abzuschaffen heißt nicht, dass man damit durch plötzlich mehr Einnahmen hat. Das heißt, es muss mehr Fahrtenbücher und Co. genutzt werden. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht immer noch irreführend. Das habe ich nie verstanden. Sehr gut, ich habe eins der Dosen umgeschmissen. Top. Aber jetzt mal unironisch, ich konnte nicht ganz nachvollziehen, warum das als Argument gebracht wird. Weil das einfach nicht Sinn ergibt. Von all den Subventionen für Fossil, die man ansprechen kann, ist das Dienstwagenprivileg das in meinen Augen sinnloseste, ehrlich gesagt. Bierdosen. Ja, Mann, das ist garantiert Bier. Vor allem, bedenkt mal, wenn ich jetzt hier so vier dieser Dosen nehme am Tag, so knapp einen Liter, also bei Bier wird man das merken und außerdem wäre das viel zu teuer. Nee, du, lass mal lieber nicht. Cola Zero schon teuer genug, aber mit Bier wäre es ja noch teurer. Außerdem, ich trinke keinen Alkohol. Oder fast keinen Alkohol, nur auf irgendwelchen Events mal. Weiter. Das heißt, das UBA teilt jedes Jahr mit, hört man, das sind so annähernd zwischen 50 und 60 Milliarden, wovon wir hier reden. Also die könnten wir zu was ganz anderem verwenden und dann natürlich auch dazu einsetzen, Infrastrukturen so aufzubauen, dass der ÖPNV auch da eben in einer höheren Frequenz arbeitet, außerhalb der urbanen Siedlungszentren, wie das so schön heißt. Und zugleich nutzen wir eben auch nicht dieses Instrument, auch technisch das viel Bessere zu tun, indem wir zum Beispiel Verbrennungsaktionen immer noch belohnen. Also das Umweltschädliche ist ja eigentlich, dass wir damit einen Abfallproduzenten belohnen, nämlich den CO2-Abfall, den wir in die Atmosphäre entlassen, obwohl wir genau wissen, dass jede Klimaschutzmaßnahme, also jeder Euro Klimaschutz, erspart uns 5 Euro Klimaschaden. Das ergibt ja auch Sinn. Es ist ja nicht mal nur Klimaschaden. Man kann ja auch so Sachen reinbringen wie gesundheitstechnische Aspekte. Dass natürlich zum Beispiel Kohle oder Gas, auch wenn es um die Luftqualitätsbelastung geht, das ist ja durchaus belegbar durch Studien, dass allein die Kohleverstromung durchaus wahrscheinlich zu nicht gerade wenigen auch mit Toten geführt haben wird, wenn es darum geht. Feinstaubbelastung durch Verbrennerfahrzeuge auch ist eine Belastung bei der Luftqualität und Co. All das sind Sachen, die man durchaus ja auch mit reinrechnen kann. Das sind alles sinnvolle Aspekte. Die Luftqualität zu verbessern ist eigentlich erstrebenswert, würde man ja meinen normalerweise. Auch eine Sache, die bei der elektrifizierten Welt immer besser sein wird, dass du viel geringere Belastungen durch solche Feinstaub oder eben auch CO2 nicht nur, aber auch generell, das ist ja kein Geheimnis, auch in den USA, wenn es um die Erdgasanlagen geht, was das für einen Gestank auch auslösen kann. Das sind zwar beigemischte Stoffe, ich weiß, aber trotzdem, das ist ja alles vermeidbar. Das kannst du ja weglassen. Das sind auch so Aspekte, die nicht unwichtig sind, neben den generellen Klimaschutzmaßnahmen, dass halt weniger Naturkatastrophen auftreten. Wäre gut. Also wir könnten hier richtig Geld verdienen damit, wenn wir das Richtige tun, wenn also die Rahmenbedingungen, wie es so schön heißt, so wären, dass wir, wie heißt es im Englischen so schön, nudgen, wir stoßen die Dinge in eine bestimmte Richtung. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe, weil, so wie du sagst, wir haben also wir haben eine soziale Unwucht, wir haben auch eine technologische Unwucht. Eigentlich haben wir auch eine merkwürdige Verteilungsunwucht dabei, letzten Endes.
Und trotzdem kriegen wir es nicht hin, das in einer vernünftigen Art und Weise zu verändern. Da scheinen Rationalitäten am Werk zu sein, die zumindest hier am Tisch bis jetzt noch nicht zu Wort gekommen sind. Ja? Ich kann es wirklich stumpf sagen. Die Realität ist halt wirklich bei vielen auch dieser Sachen, was Harald Lesch auch ein bisschen unterschätzt. Extrem viele Leute wissen wirklich nicht, was die letzten 5, 6 Jahre sich so getan hat, auch bei den ökonomischen Aspekten. Er spricht ja nicht nur von den ökonomischen Aspekten, aber auch natürlich. Ich habe das so oft bei Diskussionen schon festgestellt, dass Leute wirklich ein Wissensbild von 2015 und 2014 haben, davon ausgehen, E-Autos sind viel teurer, Solar ist viel teurer und Co., die Kernkraftwerke sind viel günstiger und alles. Wenn man die wirklich mal auf die Zahlen festnagelt, dann rudern die meisten zurück. Das ist oft der Unwissenheit. Weil allein, wenn du schon den Leuten erwähnen kannst, dass von 2023 auf 2024 Akkuspeicher bei Großspeichern um 40% günstiger geworden sind und nochmal im Jahr darauf von 24 auf 25 es um 45% quasi günstiger geworden ist, also als Wert, das ist schon eine Ansage. Das ist schon ziemlich brutal, wenn man sowas halt erwähnen kann, wie extrem diese Preisabstürze passiert sind in fucking 2 Jahren. Und das wissen einfach viele Leute nicht. Und das ist auch kein Vorwurf. Ich werfe das den Leuten nicht vor. In der heutigen Welt, wo so unglaublich viel Scheiße passiert und du so viel Zeit investieren musst, auch mit der Arbeit und Co., dass du halt irgendwie über die Runden kommst, da hat man den Kopf für sowas auch nicht. Deswegen bin ich auch immer, habe ich pures Verständnis und greife auch Leute nicht an. Wie kannst du das nicht wissen? Weil das ist so Fachidiotentum. Nicht jeder hat dieselben Interessen, nicht jeder verfolgt alles gleichwertig. Und naja, Großspeicher geht nicht für ganz Deutschland, weil die Kilowattstunde 400 € kostet. Ja, die Twitter-Leute sind einfach komplett Banane. Die sind komplett hohl dahinter. Das habe ich auch schon so oft erlebt von den Kernkraft-Ultras, wenn ich zum Beispiel sage, dass der Durchschnittspreis global gesehen mittlerweile bei $70 die Kilowattstunde angekommen ist für Großspeicher, ab mit einem gewissen Skaleneffekt. Da nehmen die irgendwelche privaten Anlagen, die viel kleiner sind und kapieren das einfach nicht, dass du bei größeren Anlagen mit Skaleneffekten natürlich viel günstigere Preise bekommst, auch bei der Installation. Italien, letzte Aufbaukosten war, glaube ich, bei einem ihrer Großspeicher 130 € die Kilowattstunde gewesen. Also die rechnen da mit irgendwelchen Fantasiepreisen auf Social Media, um Leute für dumm verkaufen zu wollen, obwohl es jetzt mittlerweile bei den tausenden Projekten der EU super viele günstige Beispiele gibt. Also, das macht dann halt wirklich wahnsinnig, ey. Weil auch diese Aussagen, das wird sich niemals rechnen, das ist unbezahlbar teuer. Die Energiewende kostet bis 2045 5.000 Milliarden Euro. Allein die Reduzierung der Akkuspeicher ziehen davon fast 1.200 Milliarden wieder ab mittlerweile von den Kosten dort, weil du erstens mal viel schneller die günstigeren Akkuspeicher bauen kannst und gleichzeitig, weil in vielen dieser Studien werden ja die Energieimporte eingerechnet, Öl, Gas und Kohle ja bis 2045, die kann man schneller loswerden. Und dann ziehst du auch da einige hunderte Milliarden wiederum ab, weil du viel schneller den Akkuspeicher zubauen kannst, damit Gas und Öl verdrängen kannst und Steinkohle. Das macht einen einfach so wahnsinnig, wenn Leute da mit irgendwelchen Informationen von vor 10 Jahren kommen und dann einfach nur rumheulen, anstatt wirklich mal an den Problemen zu arbeiten. Weil es gibt ja reale Probleme, wenn es um die Energiewende geht, bezüglich auch Digitalisierung oder generell Monitoring von auch Niederspannungsnetzen, den intelligenten Messsystemen, den Smartmetern, wenn es auch generell um die ganzen Verfahren geht, dass das schneller gehen sollte. Da gibt es so viele Baustellen, an die man rangehen müsste. Und Leute erzählen mir dann noch irgendwelche Sachen von 2015. Und das ist halt einfach eine Sache der Information. Man muss einfach wirklich versuchen, mehr Leute zu erreichen, und zu zeigen, nee, heutzutage geht das viel einfacher. Da gibt es so viele Lösungen, so viele Ansätze. Das ist längst bezahlbarer, ist viel günstiger. Ich arbeite ja viel zu Ungleichheit und die Antwort auf deine Frage ist, dass die Menschen, die die meisten CO2 verursachen, nicht die sind, die für den Schaden zahlen. Ja. Und die Menschen, die 50% der Menschen in der Welt mit den geringsten Einkommen verursachen 10% oder weniger der CO2-Emissionen, haben aber 70% der Kosten der Anpassung. Ja, Menschen, die in ländlichen Regionen leben, deren Felder nicht mehr fruchtbar sind, die von Naturkatastrophen betroffen sind und so weiter, die zahlen den Preis. Aber die Leute, die es verursachen, die häufig in urbanen Regionen, in reichen Ländern sitzen, die sagen, wieso soll ich dafür zahlen, wenn jemand anders das tut? Und das ist aus ökonomischer Sicht so wichtig. Wir müssen, bei Klimaschutz kommt ja sofort immer der Vorwurf, da wollt ihr denen was verbieten. Das finde ich aber ein bisschen eigenartig, weil es geht ja eigentlich beim Klimaschutzding eher ums Gegenteil, dass man ja eben weniger Sachen verbietet, sondern eher einfach neue Sachen ermöglichen möchte.
Also daher, naja. Jetzt noch von dem Streamer gehört, die Energiewende ist gescheitert, Speicher würden das Netz nicht stabilisieren. Ich finde das geil. In jedem beschissenen Land weltweit zeigen sich Akkuspeicher als die technisch überlegene Möglichkeit, weil sie in Millisekunden einspringen können, nicht in Sekunden oder Minuten. Aber irgendwelche verstrahlten Ottos, die anscheinend besoffen sind unterwegs, wenn sie irgendwie live streamen, labern dann die dümmste Scheiße, wie es wäre gescheitert. Obwohl das, egal ob du als Ingenieur ranguckst, als Ökonom ranguckst oder sonst wie rangucken möchtest, nach jeder KPI ist das eine Stabilisierung des Stromnetzes. Gerade wenn sie netzbildend und schwarzstartfähig sind. Die Aussage, dass Speicher ein Netz sich stabilisieren könnten, mit Blick auf Großbritannien, mit Blick auf Texas in den USA, mit Blick auf Australien, wo du so viele Beispiele aus der Praxis hast, wo das funktioniert. Ey, das sind immer die ganzen krassen Leute, die so mies recherchiert haben und keine Ahnung von irgendwas haben. Weil, sorry, die Realität widerspricht es nun mal. Zeigt ja, dass es funktioniert. Ein Beispiel. Südaustralien hatte mal das Problem gehabt, dass dort eine der Freiluftleitungen umgeknickt sind, weil es dann Sturm gab. Und da war ein Teil von Australien abgetrennt gewesen. Aber die hatten schon so viel mit Akkuspeichern und Solar- und Windanlagen zugebaut, dass sie zwar Probleme mit den Preisen hatten, aber diese 7 Tage, dass sie da aufbauen mussten, lief es weiter. Kein Stromausfall. Lief weiter. Selbstversorgung. Hat funktioniert. Die Aussage, dass ein Speicher nicht stabilisieren würde, ist so weit weg von jeder Realität. Einfach den Systemstabilitätsbericht der Netzbetreiber angucken. Die sagen selber, Akkuspeicher können super helfen in jedem Teilaspekt. Der Frequenzstabilisierung, transiente Stabilität, also gefühlt bei allem sind die sinnvoll. Macht einen wahnsinnig, wenn du sowas halt hörst von Leuten, die dann auch ein paar hundert Zuschauer haben oder sowas. Oder wenn sie 1000 haben, ist es noch trauriger, ey. Und dann so einen faktenfreien Scheiß labern. Als Ökonom würde ich sagen, nein, es geht nicht um Verbote, sondern es geht erst einmal darum, wirklich den Leuten zu sagen, das ist, was dein Handeln wirklich kostet. Ja. Und bitte komm erst einmal für diese Kosten auf. Das ist eine funktionierende Marktwirtschaft, dass man Preise auferlegt. Ich würde sogar sagen, eine ehrliche Marktwirtschaft. Genau, eine funktionierende, ehrliche Marktwirtschaft. Und das wäre ein erster Schritt. Und da geht es nicht um Verbote, sondern geht es lediglich darum, Verantwortlichkeiten klarzumachen und die Leute zur Verantwortung zu ziehen für ihr Handeln und zumindest mal einen Preis darauf zu legen. Wir haben hier einen Kommentar, der sagt, immer trifft es die untersten 25% am härtesten. Ob Mehrwertsteuer, Inflation oder was auch immer, auf die Gruppe wird gerne abgewälzt, weil diese Gruppe nicht wirklich eine Lobby hat. Ja, kann man durchaus so formulieren, das ist schon richtig, das passt. Würdet ihr das so mitfühlen? Absolut. Ja, klar. Also ich meine, man sieht ja ganz deutlich, dass die Zugriffsmöglichkeiten auf politische Akteure irgendwelcher Form auch immer, die sind offenbar für diejenigen, die größere und stärkere Interessen haben, die auch besser organisiert sind, natürlich viel leichter als für all diejenigen, die irgendwie versuchen, den Kopf über Wasser zu halten. Gerade an die Kommunen müsste man da eigentlich den Appell richten, kümmert euch um die Schwächsten in euren Gemeinden, weil das Ja, da werden die Kommunen aber zu Recht meckern, dass sie halt gnadenlos pleite sind, das Defizit immer größer wird, weil sie immer mehr Aufgaben vom Bund übernehmen müssen oder vom Land übernehmen müssen, aber das Geld dafür nicht bekommen. Das ist halt ein Problem. Weil ich bin mir sicher, viele Kommunen würden das sogar gerne machen, wenn sie könnten. sind diejenigen, an die er auch am schnellsten rankommt. In den Kommunen sind also rein geografisch, rein räumlich sind die Distanzen am geringsten, die Zeiten sind am kürzesten. Das heißt, man kann da relativ schnell helfen und auf diese Weise vielleicht für etwas sorgen, was für mich immer so ein bisschen wabert an so einem Tisch, wenn wir über uns reden, nämlich, dass wir Demokratie schwächen, wenn unsere staatlichen Institutionen nicht in der Lage sind, Probleme so zu lösen, dass sie möglichst gerecht gelöst werden. Es bleiben immer viel zu viele übrig, die dann sagen, das funktioniert ja alles nicht mehr. Also gerade dann, wenn wir auch in so einer Runde darüber reden, unsere Argumente sind doch so klar und so evident, dass man sich ja fast schon gegen das Gehirn schlagen muss. Warum machen die denn das dann nicht? Wenn die drei das da so sagen, so wie wir darüber reden, muss man sich ja tatsächlich fragen, wer ist denn daran schuld? Und dann Politischer Wille. In vielen Fällen. Das Traurige ist ja wirklich, bei vielen Sachen ist es politischer Wille. Wir haben schon oft drüber gesprochen, sei es dass einfach die Priorität nicht darauf auf manche der Themen gesetzt werden, dass dann einfach hin und her geschleudert wird. Man kommt sich ja manchmal schon wirklich so vor. Warum geht das nicht voran? Aber das ist halt echt eine Frage vom politischen Willen und die Bereitschaft eben leider. dann geistert automatisch der Begriff die Lobbyisten. Das sind doch irgendwelche Machtstrukturen, die da im Hintergrund am Werk sind. Und wenn man so einen Lobbykatalog liest, wer hat eigentlich wo in Berlin Plus Korruption, ja, genau. Klar, logisch. Auch Korruptionsproblematiken, klar, natürlich, das kommt auch nochmal mit rein. Das ist ja gerade bei der CDU, CSU ein guter
wichtiger Punkt leider, traurigerweise. Die Lobbyisten, das sind doch irgendwelche Machtstrukturen, die da im Hintergrund am Werk sind. Und wenn man so einen Lobbykatalog liest, wer hat eigentlich wo in Berlin so seine Zentren, dann sieht man schon, die Nähe zur Politik ist auch geografisch ganz deutlich gegeben. Ja? Je näher du dran bist, umso größer ist dein Einfluss. Ne? Und gleichzeitig haben wir ja auch schon etabliert, dass es ja natürlich gewisse Sorgen und Ängste der Menschen gibt. Ne? Wie wir schon gesagt haben, wenn es jetzt diejenigen, die einkommensschwach sind, besonders hart trifft, weil die Preise eben nicht widerspiegeln, was eigentlich an Kosten in ihnen stecken, kann man ja auch verstehen, dass die Menschen sorgenvoll darauf blicken. Ich würde gerne einmal so ein bisschen sortieren. Wir waren schon bei der aktuellen Energiekrise. Wir können auch immer wieder darauf zurückkommen, auf die ökonomischen Maßnahmen. Aber wenn wir das mal langfristig betrachten, ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, ne? Die Energiewende würde uns ja Unabhängigkeit von solchen politischen Krisen bieten. Gleichzeitig Ja, grundsätzlich schon. Natürlich wären die Auswirkungen auf einen selber deutlich geringer, sofern eine Energiewende durchgeführt würde, also vollständig durchgeführt wäre. Das beinhaltet natürlich dann logischerweise auch Mobilität, Wärme und auch zu gewissen Grad ja die Industrie natürlich. Weil aktuell ist es ja so, selbst wenn die Stromerzeugung so 90%, 95% eben auf regenerative Energien umgestellt wäre, das trotzdem durch die Logistik bei den ganzen Verbrenner-LKWs und für die Spedition noch ein Problem darstellt. Aber eine fertiggestellte Energiewende suggeriert ja auch Elektrifizierung bei LKW, generell für Spedition, für Handwerker und Co., dass sie alles elektrifiziert machen können, dass auch da dann die Preise keine Rolle spielen. kommen dann eben genau die Fragen, ganz oft in Diskussionen auf, aber wie viel wird uns das kosten? Also wird uns das individuell, ne, teure Strompreise, Heizkosten, aber auch Wirtschaftsstandort Deutschland, Abwanderung der Industrie. Also dieses ganze Feld würde ich jetzt mal gerne mit euch beackern und ich würde eigentlich gerne mal so einsteigen, dich mal zu fragen, Marcel, was müssen wir denn eigentlich über Wirtschaftswissenschaften wissen, damit wir da überhaupt gut drüber reden können? Wisst ihr, wie ich meine? Weil Netzkosten werden aber ziemlich teuer, oder? Nee, Netzausbaukosten sind auf jeden Fall real. Das ist schon ein Ding. Das ist, also egal, ob wir jetzt auf Kernkraft setzen oder auf nicht auf Kernkraft setzen, die Netzausbaukosten sind schon ziemlich brutal. Aber das ist auch keine Überraschung, weil ich meine, man kann halt nicht davon ausgehen, dass halt das Netz, was halt für ganz andere Dimensionen ausgelegt war, sei es Leistung, sei es Kapazität ist der falsche Begriff dafür, aber die für andere Leistungen ausgelegt waren, dass das einfach so ohne weiteres gehen würde. Gerade auf den unteren Ebenen, so Niederspannung, was dann bei uns auch in den Haushalten ankommen würde. Das ist halt, man hat halt nicht damit gerechnet, dass halt überall jetzt Wärmepumpen reinkommen würde oder E-Autos kommen würden, dass man da einfach viel mehr Leistung brauchen würde und vor allem im besten Fall auch mit Monitoring, mit eben den Digitalisierungsaspekten. Das war einfach vorher nicht so eingeplant. Deswegen war ich auch so wütend über diese 2 Krokos vor der Ampel, dass da halt 8 Jahre, wo die Leitzinsen so extrem niedrig waren, es so eine gute Idee gewesen wäre, schon da aggressiv das zuzubauen, dass vielleicht Südostlink, Südlink, Ultranet schon fertig wäre. Da hätte sie jetzt schon einiges mehr an Windstrom vom Norden nach Süden bringen können und damit eben dafür sorgen können, dass man diesen Doppelwumms während der Ampel zum Beispiel nicht gebraucht hätte. Man da schon einige Milliarden hätte einsparen können. Das wäre super sinnvoll gewesen. Weil das klingt ja viel, weil du wirst bis 2045 wahrscheinlich 900 bis 1000 Milliarden Euro für die Energiewende an Mehrkosten haben. Netzausbau so 500 Milliarden rum. Aber wenn man das mal überlegt, was man damit ja einspart, bei 70 Milliarden Euro an fossilen Importen, hier Gas, Öl und so weiter, da kann man sich ja vorstellen, diese 70 Milliarden kann man dann ja runtersetzen und das kompensiert sich ja relativ schnell. Auch jetzt während der Krise, wo die Scheiße doppelt so teuer geworden ist, da wäre es schon ein Jahr schneller abbezahlt. Da wäre es ein Jahr vorher abbezahlt gewesen, tatsächlich, jetzt schon. Mit der Krise von 22 nochmal früher abbezahlt. Ich habe nicht wenig Leute in meinen DMs gehabt, die erzählt haben mir, dass sie von mir so lange terrorisiert wurden, 22, 23, dass sie sich halt eben Elektrifizierung holen sollten oder dass sie ihre Eltern, ihre Freunde, ihre Partner terrorisieren sollten damit und die sich bedankt haben, dass sie das jetzt haben, weil es während der aktuellen Krise ihnen richtig hilft. Das ist, weil ja, welche Überraschung! Die Leute, die sich jetzt vor 1, 2 Jahren schon die Möglichkeit hatten dazu und das auch anschaffen konnten, die freuen sich jetzt natürlich. Weil die halt sehen, die sparen hier und da immer ein bisschen Geld. Und die ganze Wirtschaftlichkeitsrechnung ist jetzt einfach schon 2, 3 Jahre vorgezogen oder 1 Jahr vielleicht. Also daher, nun, ergibt ja auch Sinn. Ist klar, Sarah Wagelich. Ich habe sogar die DMs gezeigt in der Story. Also die sind sogar real. Die habe ich mir nicht ausgedacht von irgendwelchen ominösen E-Mails. Ich habe immer das Gefühl von Ökonomie. Also da gibt es schon so ein paar Sachen. Wie zum Beispiel prognostiziert man überhaupt, wie teuer etwas wird? Oder wie kann man das einschätzen wissenschaftlich? Also als erster Satz zu deiner Frage wie Wirtschaftswissenschaften. Ich glaube, viele Wissenschaften, auch gerade die Wirtschaftswissenschaften, versuchen immer oder häufig ihre eigene Wissenschaft als wahnsinnig kompliziert darzustellen.
Und eigentlich weiß jeder von uns was über Wirtschaft. Denn Wirtschaft ist ja, was mache ich in meinem tagtäglichen Leben, was entscheide ich zu kaufen, mit wem interagiere ich. Also gesunder Menschenverstand, würde ich sagen, da kommt man 80% des Weges. Ist ein mutiges Eingeständnis, bei manchen Diskussionen nicht führen muss, aber ich verstehe, was er meint grundsätzlich. Um Dinge zu verstehen. Und das, was wir letztlich im Augenblick besprechen, ganz einfach Angebot und Nachfrage. Wenn ich einfach weniger Angebot. Ich wünschte, es wäre so. Der ist sehr viel optimistischer gerade. Aber wir merken ja gerade, gerade heute, auch im Chat habe ich das ja ein paar Mal gelesen, bezüglich bei der Tempolimit-Diskussion. Das ist wirklich, glaube ich, einigen nicht klar, dass nur weil Einzelne privat quasi selber weniger schnell fahren würden, dass es natürlich eine viel größere Relevanz haben würde für die Nachfrage, wenn sowas systemisch quasi als Standard gesetzt wird. Dass die Erwartungshaltung da ist, dass man auch vielleicht langsamer fahren soll, dass damit man vielleicht 3, 4, 5% vom Ölbedarf senken könnte. Das ist vielen Leuten nicht wirklich so klar, dass das natürlich eine Rolle spielt, wie halt eben Ordnungspolitik abläuft dort bezüglich der Wirtschaft. Da ist er, glaube ich, ein bisschen optimistischer, als ich es wäre. Was war hier? Verständnisfrage zu Primärstrom. Ich verstehe die Effizienzfrage als Grundlage, wo ich nur einen Denkfehler habe. Es wird quasi für die Zukunft gerechnet. Wenn man x Stromverbrauch bundesweit hat und nur erneuerbare ohne zeitgleiche Elektrifizierung, wäre schwierig, weil die Primärenergie dann dennoch im hohen Maße nötig wäre. Genau, man hat einmal die Primärenergie-Sale, das ist quasi alles an Energie, verwendeter Energie, wie halt eben auch Öl, also auch Gas und Co. Und wenn man jetzt nur den Stromverbrauch durch regenerative ersetzen würde, hätte man immer noch die ganzen Verbrennerfahrzeuge, immer noch viele Gas- und Ölheizungen im Bestand. Und das wäre dann nur die halbe oder nur ein Drittel der Miete bisher, die man erreicht hätte. Deswegen ist es wichtig, den jetzigen Stromverbrauch eben zu dekarbonisieren durch regenerative Energien und natürlich aber auch einzuplanen, dass du in der Zukunft den doppelten bis dreifachen Strombedarf brauchen wirst, auch wenn der Primärenergiebedarf auf die Hälfte fallen könnte. Das ist der Unterschied quasi, dass man dann, weil das Öl rausfällt und man dann keine fahrenden Heizungen mehr hat mit Autos, sondern eher mit E-Autos, wirklich auch Fahrzeuge hat, die auch effizienter sind vom Wirkungsgrad. Deswegen sind das auch verschiedene Werte und nicht dasselbe. Weil einfach quasi dekarbonisierende Stroms wäre schon mal gut, aber du hast ja immer noch viele Emissionen im Gebäudesektor durch eben Heizungen und auch bei Mobilität. Das sind ja auch große Emissionsfaktoren. Aber klar, wenn du den Stromsektor dekarbonisiert bekommst, kannst du halt vieles ermöglichen, weil es dann auch günstiger ist. Meine Grillkohle bekommt ihr nicht. Ganz ehrlich, deine Grillkohle wäre mir auch egal. Wenn der ganze Rest dekarbonisiert wird, kannst du auch weiter. Das ist mir vollkommen egal. Da habe ich kein Problem mit. Auf das bisschen Grillkohle kommt es echt nicht an bei den Emissionen, sind wir mal ehrlich. So, aber ja, also. Von fossilen Energieträgern habe. Und die Nachfrage kann sich nicht ändern, weil ich ja nicht auf einmal weniger esse oder weniger heize oder vielleicht ein bisschen weniger heizen kann. Dann geht der Preis halt ganz stark hoch. Ja. Und Preise, mal so angefangen, haben eine wichtige Allokationswirkung. Wenn Dinge sehr teuer sind, kann ich mir weniger davon leisten. Das heißt, ich nehme etwas anderes, was vielleicht günstiger ist und konsumiere oder nutze mehr davon. Und deshalb spielen. Leute sind stur und wollen das nicht einsehen, dass vielleicht ein teurer Preis schon eine Grundlage haben könnte, dass man auf Alternativen umstellen soll. Das gibt es ja natürlich auch von den Leuten, die sagen, das kommt mir niemals ins Haus. Ja, die 1-2% gibt es natürlich auch. Also, mein Kohlekraftwerk bekommst du nicht. Ja, Jokes on you. 2025 sind so viele Kohlekraftwerke aus dem Markt ausgeschieden, weil sie sich nicht mehr rechnen, dass man quasi ordnungspolitisch nichts machen musste, weil einfach der Markt selber geregelt hat, weil es einfach zu teuer ist, das Kohlekraftwerk zu betreiben. Ha! Vielleicht ist dein Kohlekraftwerk auch darunter. Jokes on you. Preise in einer Marktwirtschaft so eine wichtige Rolle. Und deshalb ist auch die Marktwirtschaft zum Beispiel der Planwirtschaft dem Sozialismus überlegen, weil da hat irgendjemand oben im Büro festgelegt, das Kilo Tomaten kostet jetzt so viel, das Kilo Kartoffeln so viel, obwohl das vielleicht völlig hirnrissig ist, weil man für so einen niedrigen Preis die Tomaten gar nicht produzieren kann. Also der Markt ist schon ein ganz guter Mechanismus, um letztlich Knappheiten zu beseitigen, um Ressourcen zu verteilen, zu sagen, wo wollen sie eigentlich hingehen. Und es hat auch was mit Freiheit zu tun. Den will mir jetzt auch wieder an die CO2-Steuer ran, dann lohnt sich auch Kohlekraftwerke wieder. Wobei, fairerweise, noch wollen sie ja nicht ran, aber das ist eine Frage der Zeit, bis sie es vorschlagen. Ich meine, Jens Spahn bringt auch wieder Kernkraftwerke mit rein. Es ist eine Frage der Zeit, bis nach Fracking und Kernkraft auch CO2-Steuer abgeschafft werden soll. Also, Denn nicht irgendjemand da oben entscheidet, was ich bekomme, was meine Zuteilung ist, sondern ich selber entscheide. Mit meinem Einkommen, das ich habe, was ist mir wichtig, was ist
Ja, das Problem ist ja, Fratscher, das Problem ist ja, dass ja die meisten Leute eben nicht die Einkommen haben, dass man das wirklich gut entscheiden kann. Das ist ja mit der Ungleichheit die Problematik. Das ist ja durch entsprechende Lobbys. Das ist ein bisschen realitätsfern für mich jetzt gerade, was er da Ein argumentiert. gutes Leben, wofür möchte ich das ausgeben? Und Aufgabe des Staates ist es, dass der Markt funktioniert, dass nicht einige wenige die Kunden über den Tisch ziehen. Ja, das ist ja auch das Beispiel jetzt der Mineralölkonzerne. Ne? Das heißt, der Staat senkt die Steuern um 17 Cent. Die sagen, die Mineralölkonzerne, weil es wenige gibt und die eine große Marktmacht haben, das geben wir jetzt nicht unbedingt an die Kunden weiter. Ja, genau, das ist ja das Problem, dass ja in vielen der Strukturen diese Abhängigkeiten so groß sind, Fratsche. Deswegen er hat halt ein allgemeines Konzept gerade beschrieben, was aber so weit von der Realität weg ist, dass es für mich keinen Sinn ergibt, ehrlich gesagt, das hier überhaupt anzubringen, weil Leute zu Recht dann reingreifen werden. Das ist doch überhaupt nichts, hat nichts mit der Realität zu tun. In dem Grundprinzip, dass quasi viele Leute die Einkommensmöglichkeiten haben würden, auch dass zum Beispiel das Angebot ausreichend da ist, dass man sich aussuchen kann, wäre es ja schön. Aber auch beim Thema Energie mit Heizen zum Beispiel. Die wenigsten können sich ja die Heizung aussuchen. Es gibt ja kaum Leute, die können einfach sagen, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Ölheizung, ich ziehe jetzt um. Ja, witzig, sehr witzig. Also das muss ich keinem hier erzählen, dass der Wohnungsmarkt ein bisschen problematisch ist bei der Thematik. Da erhöhen wir lieber mal unsere Gewinne. Und das ist, was wir gerade eben sehen. Die Mineralölkonzerne machen sich richtig die Taschen voll. Und das ist ein Beispiel dafür, dass Märkte nicht funktionieren, weil eben kein fairer Wettbewerb besteht. Und deshalb, das ist die Aufgabe der staatlichen Institutionen, sicherzustellen. Kann man im Sommer schon für den Winter vorheizen. Es gibt zwar thermische Speicher, die zum Beispiel in Finnland und in Österreich probiert werden, aber die wenigsten thermischen Speicher oder Wärmespeicher sind darauf ausgelegt, wirklich so lange das einzuspeichern. Einfach nur durch den Verlust der Verlust der Wärme hört sich falsch an im Kontext, aber durch die Abgabe ergibt das nicht so viel Sinn oftmals. Aber es gibt solche generellen Ansätze, ja. Ab einer gewissen Größenordnung kann das Sinn ergeben. Bei Quartierslösungen zum Beispiel könnte das Sinn ergeben. Darüber zu rätseln. Auch diese Eisspeicher waren sehr interessant gewesen. Aber die sind halt, wie gesagt, nicht für Monate ausgelegt normalerweise, sondern eher für, wenn überhaupt, Wochen. Stellen, dass niemand über den Tisch gezogen wird, dass es fairen Wettbewerb gibt und übrigens auch, dass jeder Mensch teilnehmen kann. Also wenn ich Menschen keine gute Bildung gebe, keine gute Ausbildung gebe, denen keine Chance geben, einen Job zu bekommen, dann können sie letztlich auch am Markt, am Arbeitsmarkt an Dingen nicht teilnehmen. Also da geht es wirklich auch um die Gesellschaft und wie wir als Gesellschaft miteinander im Austausch stehen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Widerspricht sich selbst. Ich verstehe es nicht als Widerspruch. Er versucht doch gerade zu argumentieren, wie es halt ablaufen sollte und dass das eben nicht so der Fall wäre. Ich glaube, sein Punkt sollte ja genau sein, nicht, dass das ein Widerspruch ist, sondern eher, warum halt diese Allgemeingültigkeit hier keinen Sinn ergibt. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei Ökonomen, dass man manchmal diesen fließenden Übergang entweder nicht richtig mitbekommt oder sie es auch einfach scheiße erklären. Das gab es öfter schon. Das habe ich bei Grimm habe ich das auch schon ein paar Mal kritisiert. Nee, total spannend. Ich finde so diesen Gedanken, wenn man was prognostiziert, also du kannst gerne mal... Genau, dieser Vergleich, wie sollte etwas funktionieren, verglichen mit, wie ist es gerade? Wichtiger Unterschied. Erzählen, wie das in der Naturwissenschaft, wenn so Modelle, dann funktioniert das ja ein bisschen anders. Also ich würde das gerne mal vergleichen. Bei uns ist ja die Prognose ein Qualitätsmerkmal von der Theorie. Ne? Also wenn die Prognose nicht stimmt, ist die Theorie falsch. Und dann wandert sie auf den Friedhof der Theorien und das hat sich. Bei uns ist es natürlich, also in den Naturwissenschaften haben wir es zunächst mal mit etwas zu tun, was wir in Einzelteile zerlegen können und können uns langsam emporirren. So. Bei Wirtschaftswissenschaften haben wir es eigentlich mit einer Komplexitätswissenschaft zu tun. Auch wenn du sagst, 80% kannst du mit gesundem Menschenverstand. Aber wenn wir es anschauen, so, dein Feld ist ja die Makroökonomie. Also wir schauen uns die großen Bewegungen an und dann stellst du fest, oh, die Akteure verhalten sich manchmal aber gar nicht rational, also von... Es wäre ja schön, wenn die meisten Menschen da rational handeln würden, aber das ist ja weit weg von der Praxis und Co. Ich musste hier niemanden von den obligatorischen Dieseldietern erzählen oder auch wenn es um manche Lebensmittelaspekte geht, wie da Leute drauf sind. Das ist ja, das sind wir als Menschen ja oftmals einfach nicht in vielen Sachen. Wir berücksichtigen es vielleicht, aber nicht als Hauptaspekt. Vernünftig, sondern da passiert irgendwas, das hat an der anderen Ecke wiederum die Konsequenz. Also wenn wir auf die Komplexität gehen, da ist es viel schwieriger, was vorherzusagen, sondern dann muss man sich mal anschauen, was ist denn so das Statistische, also das im Mittel so Wahrscheinlichste. Und das Wahrscheinliche ist aber dann nicht so eine Prognose wie, das Higgsfeld hat einen Vakuumerwartungswert von 246,22 Gigaelektronenvolt. Meine Güte, ist hochinteressant, aber komplett irrelevant in dem...
Das ist im schön. Zusammenhang. Aber es ist viel relevanter, wie wird sich die europäische Wirtschaft verändern, wenn sie jetzt nun tatsächlich zum Beispiel einem Green Deal nachgeht. Und die Frage zum Beispiel, was Und das ist halt das Frustrierende, weil die EU ist auf so einem verdammt guten Wert gewesen bei vielen der Maßnahmen. Und jetzt, gerade während der aktuellen Krise, rudern da einige zurück, ey. Es macht einen halt wirklich wahnsinnig. Das ist ja, ich komme mir immer so ein bisschen vor, als wäre ich wirklich im Wahnsinn. Jedes Jahr sehen wir, wo die Reise hingeht. Für den Grundbestand jeder Zivilisation Energieüberfluss und Energie, also vor allem günstige Energie, die jetzt jederzeit verfügbar ist. Wir wissen, wo die Reise hingeht. Es wird immer günstiger, es wird immer sinnvoller gerade, während die Alternativen mit fossilen und Kernkraft und Kernkraft, dass es immer teurer wird. Und stattdessen gefühlt labern Leute mehr darüber noch. Und das ist ja, deswegen hoffe ich auch, dass ich versuchen werde, in Zukunft bei mehr solcher Talkrunden reinzugeraten, bei ÖR-Runden, wenn solche Anfragen mal reinkommen, wenn ich genug Reichweite aufbauen kann auf YouTube und Co., dass ich dann da auch gegenhalten muss mit meinen begrenzten Mitteln, weil das kann doch nicht wahr sein. Es hat ja einen Grund, warum selbst Ökonomen und Co. dann Probleme haben bei Diskussionen mit mir auf Social Media, weil da kommt auch nichts mehr, weil Spoiler Alert, mir einfach 5 Studien in den Kopf zu werfen, ich lese die in den nächsten 60 Minuten und ich werfe sie dir um die Ohren, weil, ja, also in 90% der Fälle lesen die Leute ihre scheiß eigenen Grundlagen nicht. es uns kosten kann. Das ist ja eine ich interessante Frage, wahnsinnig. weil es gibt ja im ökonomischen Bereich 2 Begriffe, die miteinander was zu tun haben. Das eine sind Investitionen und das andere sind Kosten. Das eine denkt nach vorne, das andere denkt eigentlich viel mehr nach hinten oder in der unmittelbaren Gegenwart. Wenn wir jetzt mal so nehmen, sowas wie Batteriespeicher, um mal ganz konkret zu werden, eine Investition, um Energie zu speichern, die wir nicht verbrauchen, nämlich Solare- oder Windenergie, und das im Vergleich setzen zu einem Gaskraftwerk. Für das Gaskraftwerk muss Deutschland Gas importieren. Da tauchen Kosten auf. Das ist eine Verbrennungsmaschine, die auch nur eben, sagen wir mal, gelegentlich eingeschaltet wird, weil ansonsten die erneuerbaren Energien unseren Strommarkt ja schon deutlich dominieren. Das produziert Kosten. Das ist eine Investition in eine Technologie, die perfekt anschlussfähig ist an die erneuerbaren Energiequellen. Weil es ist ja auch kein Geheimnis, das habe ich nämlich auch vor kurzem wieder mal gehört als Argument. Leute sagen so nach dem Motto, man muss ja den Strom erstmal haben, also erzeugt haben, um ihn einspeichern zu können. Und ich denke mir halt gerade so, wir haben jetzt schon an bestimmten Tagen, wo halt wirklich ein Riesenteil der Erzeugung abgedreht werden muss, weil einfach nicht genug eingespeichert werden kann oder nicht genug Netze da sind, um es abzutransportieren. Und das sind doch die perfekten Zeitpunkte, um dann eben mit Akkuspeicher den Strom einzuspeichern und dann abends wieder auszuspeichern, damit man halt eben nicht Kohle und Gas braucht, abends, nachts und morgens, sondern halt eben den Solarstrom dann zwischenspeichert oder irgendwann auch Windstrom von mir. Spricht auch nichts dagegen im Winter, das dann so zu verwerten. Das wäre halt eine sinnvolle Sache und eine gute Idee. Das könnte man ja aufbauen. Und dass das den Leuten dann auch so schwer zu verstehen ist, wundert mich auch ein bisschen, weil es gibt ja die 1000 Projekte in der EU. Es ist ja nicht mal so, als ob das nur so ein theoretisches Konstrukt wäre. Es werden 3000 Projekte gebaut. Gerade jetzt. Das sind nur die Hälfte von denen, die bekannt sind. Also, die brauchen nur ein Jahr Bauzeit. Ich habe gerade wieder gesehen, in Finnland wieder ein großes Speicherprojekt, 7 Monate Bauzeit. Ich habe gesehen, in Großbritannien ein großer Speicherprojekt, 11 Monate wahrscheinlich für die Bauzeit. Das kommt jetzt so oder so die ganze Zeit. Auch im März. Was habe ich gerade wieder gelesen? Rekordjahr für Europa war das auch, glaube ich, gewesen. Storage, hier, shit, wo war denn das? Das ist quasi so 3 Gigawattstunden an Kapazität. Ich glaube, 1,9 Gigawatt Leistung wird quasi aufgebaut im März zum Beispiel in dem Monat, dass jetzt einiges mehr ans Netz angeschlossen werden. Wir werden also die nächsten 1-2 Jahre nennenswerte Mengen an Strom sehen, die eingespeichert wurden und wieder ausgespeichert wurden. Das wird jetzt die kommenden Jahre immer extremer werden, weil das wird auch wieder so eine S-Kurve haben, dass es nach oben geht, wie es zugebaut wird. Wenn die Speicher im Nord- oder Süden Deutschlands sinnvoll? Theoretisch ausreichend Netzausbau wäre es egal, aber jetzt gerade, wie es jetzt aussieht, im Norden wäre es sinnvoller, würde ich argumentieren. Stand jetzt, weil man dann eben in den Zeitraum, wo es vielleicht windstiller ist, dann trotzdem Strom transportieren kann. Aber generell ergibt es überall eigentlich Sinn. Auch im Süden. Bayern hat ein leichtes Problem mit zu viel Solarstrom, der abgeregelt werden muss. Das heißt, in Bayern ergibt es auch jetzt schon Sinn. Alleine nur in Bayern schon. Das kommt ein bisschen drauf an, wie es im Bundesland aussieht. Theoretisch. Was ist das Bauen, wenn die Speicher von den Konzernen, die nicht anschließen oder extrem hinausverzögern? Die Bauprojekte, um die es geht, haben alle Anschlusszusagen, die 3000. Und du kannst ja Projekte planen, Solaranlagen plus Akkuspeicher gleich mit integrieren, Hybridanlagen. Das geht ja. Das wird auch kommen jetzt immer mehr in den nächsten Jahren, weil die Netzanschlusskapazitäten überfordert sind. Polen hat beispielsweise bis 2031 keine Netzanschlusskapazitäten mehr. Für nichts.
alles voll mit Rechenzentren, Akkuspeichern und Solaranlagen momentan. Da wird so oder so einiges an Maßnahmen kommen. Habe ich beim letzten Internationalen Energieagentur Policy Report auch gelesen. Da ging es nämlich auch darum, zum Beispiel, wie man mehr anschließen kann, weil es so viel Überlastung gibt. Weil einfach zu viele Leute wollen Akkuspeicher anschließen und eben Solaranlagen bauen und die suchen jetzt alle nach Lösungen dafür. Und da gibt es Ansätze. Weil Texas hat das schon das Problem, Kalifornien, Südaustralien, alle haben verschiedene Ansätze, die durchaus Sinn ergeben. Also es hat eine gute, das wird die kommenden Jahre so oder so jetzt diskutiert werden, immer mehr. Polen ausverkauft, Netzanschlusszusagen sind halt blockiert bis 2031 angeblich. Bin mal gespannt, was die Regierung da machen wird, weil das geht halt eigentlich nicht. Für 5 Jahre keine Investition mehr neu zulassen. Das ist eigentlich ein Problem. Ich gehe mal davon aus, da werden die irgendwas lösen müssen dafür. Ich bin mal gespannt, was Polen macht dann in den nächsten 12 Monaten. Und das darf man eben von außen Geh mal 10 Sekunden zurück, ich habe viel gelabert. unseren Strommarkt ja schon deutlich dominieren. Das produziert Kosten. Das ist eine Investition in eine Technologie, die perfekt anschlussfähig ist an die erneuerbaren Energiequellen. Und das darf man eben von außen nicht gleichsetzen. Weil das Geld ist weg. Das, was ich für den Import von Gas, hier habe ich eine Batterie, die kann ich über 30, 40 oder 50 Jahre sogar weiter nutzen. Also da merkt man einfach auch, dass bei der Betrachtung von ökonomischen Fragen oft mit dem falschen Wortinstrumentarium gearbeitet wird. Also das, weshalb ich Wirtschaftswissenschaftler geworden bin, ist der wirkliche Unterschied zu Naturwissenschaften ist eine entscheidende Sache, und das ist der Mensch. Ja, genau. Bei der Naturwissenschaft ist der Mensch außen vor. Da geht es darum, die Gesetze der Gut, also Biologie, Physik und so und Chemie, weiß ich nicht. Natur. Kommt Würde ich drauf an. jetzt als Laie sagen. Okay. Komm ich schon mal drauf zurück. Können wir gleich klären. Und bei der Ökonomie steht der Mensch im Mittelpunkt. Und deshalb, wenn wir nur zu deiner Frage, was Prognosen? Eigentlich sind Prognosen bei uns immer nur Szenarien. Wenn dann, wenn das passiert, dann könnte das und das passieren. Und als mein konkretes Beispiel, mir wird ja viel vorgeworfen, zum Beispiel auch, dass ich 2021 die Inflation für 2022 nicht vorhergesagt habe. Da hieß es, 2022 war unsere Prognose, wird die Inflation. Bei der Ökonomie steht der Mensch im Mittelpunkt. Das ist ja erstmal nicht abwegig oder fehlerhaft grundsätzlich. Es geht ja um die Priorisierung, weil Naturgesetze ist schon ja so, dass Physik, Biologie und Chemie gilt ja schon logischerweise auch abseits vom Menschen. Und bei Ökonomie, das sind ja schon sehr sozial von uns aufgebaute Strukturen. Dass der Mensch die Ökonomie bestimmt, ist ja schon richtig. Wir entscheiden ja selber, wie wir ökonomische Standards ansetzen. Und bei Physik und Co. wird es schwierig. Also man kann mit der Natur zusammenarbeiten und sie versuchen zu lenken oder zu steuern in gewissem Maß, aber auch da gibt es Limitationen natürlich. Das ergibt schon Sinn. Die Formulierung war auch nicht ganz okay, also nicht ganz ideal, finde ich auch gerade. Aber ich verstehe schon, wie er es meint, denke ich. wieder runtergehen, wird bei 2,5% liegen. Dann war die Inflation auf einmal 10%. Und wieso? Weil Putin am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen hat, wir eine Energiekrise hatten, die Energiekosten in die Höhe geschossen wird. Und dann zu sagen, das habt ihr aber nicht prognostiziert. Wie wollen wir denn in den Kopf von Herrn Putin rein und wissen, dass er eine so schreckliche Entscheidung trifft? Und das macht es. Vor allem stimmt das noch nicht mal, weil es gab sogar Studien dazu, was passieren würde, wenn sowas wie Nord Stream wegfallen würde. Nicht aufgrund des Ukraine-Krieges, aber generell, wenn die einfach ausfallen würde. Ja, solche Prognosen gibt es. Also das ist auch nicht mal, das stimmt auch nicht mal. Aber die Vorwürfe habe ich auch andauernd gelesen, bizarrerweise. Und ich fand das immer wieder merkwürdig, weil natürlich macht man Prognosen dafür, was passiert, wenn deine Energieversorgung Probleme haben würde. Das ist ja sinnvoll. Das sollte man machen. Und die Risiken bezüglich der Abhängigkeit von Russland war auch durch zum Beispiel die baltischen Staaten, Polen sowie halt Skandinavien ziemlich gut dokumentiert. Das hat ja einen Grund, warum zum Beispiel auch die Grünen das angesprochen hatten, eben im Wahlkampf. Das kam ja auch auf Prognosen von Ökonomen. Also, ne? Ja. Ich verstehe auch nicht, wie man zu viel Energie haben kann. Die produzierte Energie ist doch der wichtigste Faktor, wie die Zivilisation sich weiterentwickeln kann. Ja, genau. Also ich sage auch mal gern so diesen, ich glaube, das habe ich von Stellaris geklaut, den Spruch, dass Energie die Grundlage jeder Zivilisation ist, vor allem halt günstige Energie, im besten Fall im Überfluss und Co., dass man halt sehr viel damit ermöglichen kann, durch günstige, viel verfügbare Energie, dass man damit halt eben weitere Fortschritte erzielen kann und diverse Bereiche aufbauen kann, die vorher einfach nicht sich für uns gelohnt haben als Menschheit. Das ist schon sinnvoll für den weiteren Fortschritt, das ergibt schon Sinn. Also daher war ja nun mal sehe ich halt genauso. Sehe ich halt genauso, dass es ein wichtiger Aspekt ist. Ja genau, Wasserentsalzung auch bei vielen Sachen fällt mir also auch mit rein.
Also, naja. Ändert sich jetzt was, nachdem die EU den Industriestrompreis genehmigt hat? Das hat keine große Relevanz auf die aktuelle Problematik, weil der Deal der EU mit dem Industriestrompreis ist recht überschaubar. Das sind nur 50% von dem Stromverbrauch, der subventioniert werden darf. Und das ist so ein dämlicher Deal von der EU auch. Ich mag den nicht persönlich. Ich finde den eigenartig gelöst, gerade während der Energiekrise. Manchmal so deprimierend bei Vorhersagen, weil es immer nur Szenarien sind. Wenn Putin Russland, Ukraine nicht überfällt, dann könnte die Inflation sich so entwickeln. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Wir in den Wirtschaftswissenschaften, in den ganzen Sozialwissenschaften sind Prognosen immer Szenarien, immer wenn, dann Analysen. Genau. Und ich glaube aber, um hier, sagen wir mal, die Versöhnungsbrücke aufzuschlagen, es ist ja heutzutage, wenn wir über das Erdzeitalter, das durch den Menschen geprägt ist, das Anthropozän sprechen, sind ja eigentlich alle Wissenschaften am Tisch. Weil wir nämlich natürlich über die naturwissenschaftlichen Grundlagen was wissen müssen, um zu wissen, wenn wir so weiter handeln als Menschen, welche Folgen hat das für uns? Das heißt, wir sind ja längst eigentlich, wenn es gut liefe, hätten wir an Universitäten längst sowas wie eine interdisziplinäre Zusammenarbeit weit über die Fakultäten hinweg, weil dieses große Thema, was machen wir mit dem Wissen? Und also was für ein Wissen haben wir und was machen wir mit dem Wissen? Und zwar in allen Facetten der menschlichen Handlungsoption. Hinter mir ist Hannah Arendt zu sehen, die hat uns ja mal definiert, wir sind das Wesen, das handeln kann, das Optionale. Und das spielt natürlich in den Jetzt gehen wir schon in die philosophische Debatte rein. Als jemand, der auch Philosophie in der Oberstufe der Schule hatte, da komme ich mir gerade wieder so ein bisschen vor wie damals der Schulzeit. Weil spannenderweise, was für mich auch ganz witzig war, weil mein Philosophielehrer damals im Grundkurs war auch mein Physiklehrer im Leistungskurs gewesen. Das war einmal ein bisschen wild gewesen, aber hat wunderbar gepasst. Das passt super. Also das kommt man gut kombinieren. Wirtschaftswissenschaften eine viel größere Rolle, als wenn du dich jetzt mit, was weiß ich, mit Kosmologie oder sonst irgendwas oder... Ja, Philosophie ist auch mega wichtig, ja. Ja, vielleicht gibt es so ein Beispiel, wo man auch sagen kann, da sind wir ebenfalls in so einer das ist nämlich die Erdwissenschaft, wenn es um Erdbebenvorhersagen geht oder Vulkanausbrüche. Natürlich, wenn es rumpelt und wie verrückt, dann kannst du relativ leicht sagen, naja, wird wahrscheinlich demnächst knallen. Aber es kann auch sein, dass du eben dann wieder nur einen Korridor angeben kannst. Also wenn das jetzt hier noch aufgeht, dann müssen wir damit rechnen, dass. Also Wahrscheinlichkeiten spielen auch da bei uns eine Rolle. Aber ich finde ja beide. Ist der Lehrer zufällig Harald Lech? Nee. Also auch nicht Harold Lasch auch nicht, nee. Nee, das ist nicht der Fall gewesen. War trotzdem beste Lehrer gewesen auf jeden Fall. Also der Philosophie- wie Physiklehrer war sehr, sehr cool. Hatte mir sehr gefallen auf jeden Fall die Zeit. Was ganz Interessantes gesagt, was für mich schon mal so ein Learning ist, eben zu dieser Frage, woher kommt denn auch eigentlich dieser Gedanke, dass diese Klimaschutzmaßnahmen eben unserer Wirtschaft schaden? Ne? Also wenn wir darüber reden, dass eben Prognosen ja auch abhängig sind von Annahmen, die getroffen werden müssen und die auch, dann spielt das ja vielleicht auch damit rein, dass je nachdem von welcher Annahme man ausgeht und ob man etwas mit einpreist, wie zum Beispiel wie unsere Enkel es auf der Erde haben werden, ne, dann ist schon ein ganz anderes Szenario plötzlich gegeben. Also darüber denke ich gerade nach. Und du? Was hattest du noch mal gesagt? Ach so, mit den Kosten und den Investitionen. Ja. Genau. Also das, je nachdem, wenn man wenn man diese Unterscheidung nicht trifft, dann kann man vielleicht auch Sorgen haben, wo sie aber gar nicht hingehören, weil man bei Investitionen ja plötzlich ein ganz anderes Bild hat. Richtig. Also wenn ich jetzt mal dran denke, was ja meiner Ansicht nach in Deutschland völlig unterschätzt wird, wäre die Macht, wenn die Energiewende in Bürgerhände käme. Also das Ja, das ist auch so eine Sache, die ich ja hier im Stream schon seit Ewigkeiten anspreche, weil es mich wahnsinnig macht, was du da eigentlich für Möglichkeiten machst für Kommunen. Es gibt ja so gute Beispiele, Rhein-Hunsrück-Kreis oder in Brandenburg-Feldheim und sowas, was man da theoretisch mit anstellen kann, wenn man es darauf anlegt. Aber so Energiegenossenschaften sind schon ultra, ultra stark potenziell, was da für Strukturen aufgebaut werden kann. Und das war, glaube ich, das, was die Grünen am besten in der Ampel hinbekommen haben, war wirklich für die ganzen Bürgerenergiegenossenschaften es ein bisschen zu vereinfachen, immerhin, dass sie leichter rankommen. Damit wenigstens die Grundbedürfnisse abgedeckt werden können. Und das fand ich halt immer sehr wichtig, weil du damit halt wirklich die Möglichkeit schaffen kannst, bei Mobilität, Wärme und auch bei Stromerzeugung technisch gesehen die Macht von RWE, EnBW und Co. zu zerlegen, um damit halt eben das mehr in die Hände der Leute zu geben, dass man davon halt auch weniger abhängig ist von den Problemen, auch mehr direkten Kontakt damit hat, das auch besser nachvollziehen kann und das dann auch einfach davon profitiert. Wenn günstiger Strom da ist, profitierst du halt von der Deckung der Grundbedürfnisse. Das war immer so eine der Sachen, die ich am wichtigsten fand dafür. Und jetzt bei der CDU, CSU wirst du halt nichts dazu sehen natürlich, dass da großartig nennenswert irgendwas vorangetrieben wird, ehrlich gesagt. Aber naja. Und schwupps werden die Proteste weg. Ja, das ist durchaus, gerade die Gemeinden, die sehr stark mit Energiegenossenschaften davon profitieren können, haben wahrscheinlich eine deutlich größere Bereitschaft, auch die Energiewende mitzutragen. Weil wenn sie natürlich unmittelbar davon profitieren,
Welche Überraschung, ergibt ja Sinn. wir wirklich alle daran beteiligt sind und möglichst alle davon profitieren würden, wenn es mit der Energiewende vorwärts geht, dann merken wir, dass unser empfindlichstes Organ, das einen französischen Namen hat und mit Porte anfängt und mit Monet aufhört, dass wir all unsere Whatabouts und was wäre denn, aber ja, aber und so weiter hinweglehnen und damit etwas kreieren könnten, was in jeder Hinsicht uns allen groß helfen würde. Es wäre Demokratie stabilisieren, es würde unsere Energieunabhängigkeit steigern, es würde unsere Sicherheit steigern, dadurch, dass der Klimaschutz damit auch viel besser gewährleistet ist, unsere individuelle Gesundheit. Also man kann ja eine ganze Liste mit Win-Faktoren da rein. Und ich habe überhaupt noch nie einen Lose-Faktor dabei gesehen. Es ist eigentlich alles steht auf Go, wenn wir es machen würden und wenn wir möglichst viele von uns eben daran beteiligen ließen durch Energie. Ja, und das ist halt das Traurige dahinter, weil gerade während der Energiekrise wäre es halt super gewesen, das voranzutreiben und zu sagen zum Beispiel, dass, wie kann man es am besten formulieren, dass zum Beispiel die Genossenschaften noch weiter gestärkt werden, dass man da die unterstützt dabei, noch mehr Akkuspeicher eigene aufzubauen zum Beispiel oder eben Windkraftanlagen zu bauen, dass halt eben die Stromkonzerne dann weniger, also die großen Stromkonzerne weniger Geld verdienen, weil das wäre ja auch für die Kommunen eine gute Sache mit dem ganzen Klimabonus, dass du ja 0,2 Cent die Kilowattstunde in die Gemeindenkassen spülen kannst. Dann ist auch das Geldproblem von vielen der Gemeinden ein bisschen gelockert, nicht gelöst, aber gelockert immerhin ein bisschen. Das sind ja alles, das hat ja nur Vorteile. Das ist ja das Belastende, das ist wirklich ein Erkenntnisproblem. Energiegenossenschaften überhaupt durch Bürgerbeteiligung, das wäre doch der Idealfall. Und wenn ich mir jetzt eine winzigen Bemerkung erlauben darf, in einer parlamentarischen Demokratie hat ja jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme. Warum haben eigentlich so kleine Gruppen, die an Wahlabenden völlig irrelevant sind, in den Zeiten zwischen den Wahlabenden einen so starken Einfluss? Das ist doch eigenartig. Man wird fast ans alte preußische Dreiklassenwahlrecht erinnert, wo der Überreiche dann also die zehnfache Stimmgewalt hatte. Ist das Problem mit dem Einfluss durch Lobbyvereinbarung und Co., ne? Also das ist das Problem leider, traurigerweise. Was mit den CO2-Zielen bei Gaskraftwerken? Notlauf der Gedanke ist, dass man übergangsweise es mit Erdgas zwar lösen würde. Ich kann es dir mit Zahlen zeigen. Der Grundgedanke ist bei Gaskraftwerken, dass die ja perspektivisch 2045 rum damit Wasserstoff irgendwann betrieben würden. Und der reale Gaskraftbedarf ist dann auch sehr überschaubar. Nicht Gas. Ich kann es kurz mal zeigen. Das ist immer ganz gut, wenn man die Zahl dazu sieht. Dann weiß man das auch ein bisschen. Wenn man zum Beispiel hier bei der Tabelle, die jetzt ein bisschen, sagen wir mal, überwältigend vielleicht aussieht, sich das so anschaut, hier bei 2008 hat man zum Beispiel 70,1 Terawattstunden gebraucht, trotz 17 Kernkraftwerken. Und bei Dunkelflauten, wenn du nur noch quasi Gaskraftwerke nutzen würdest bei den Dunkelflauten, so 2-3 Wochen im Jahr hat man so einen Dunkelflautenzeitraum. Das wäre so pro Tag eine Terawattstunde, die Deutschland braucht. So mal, also dann quasi mal 7 Tage, 7 Terawattstunden, mal 3 Wochen, 21 Terawattstunden. Und das wäre natürlich eine sehr viel niedrigere Belastung als zum Beispiel 70 Terawattstunden von früher, weil du ja auch die Kohle loswerden könntest, wodurch das mit den CO2-Zielen viel ertragbarer ist. Und das kannst du ja perspektivisch bei den neuen Gaskraftwerken, da die Turbinen auch Wasserstoff abkönnen, dann durch Wasserstoff ersetzen, wodurch auch dieser Teil der Rest-CO2-Erzeugung dann eben ersetzt werden könnte. Das ist so ein bisschen der Gedanke, wie sich das einige vorstellen. Ist nicht so einfach, weil Wasserstoff schon arschteuer ist, das ist schon ein Problem. Aber generell, wenn es um die ökologische Betrachtung geht, gibt es da perspektivisch schon eine gute Lösung. Und vor allem, wenn du halt damit auch die ganze Kohle hier ich kann es mal hinzufügen, weil die Kohle kannst du ja theoretisch ganz streichen. Das ist ja schon, ich meine, dann reden wir teilweise statt zum Beispiel 300 Terawattstunden nur noch 21. Oder von mir aus, wenn man es mal 2 rechnen möchte, 42 unter anderem. Und das dann schon okay, würde ich halt sagen. Das ist dann halt deutlich besser von der CO2-Belastung. Und das meint man einfach damit mit der CO2-Belastung und man braucht da billigen Strom für billigen Wasserstoff. Der Wasserstoff ist generell, grüner Wasserstoff ist generell teuer. Das wird auch mit günstigem Strom nicht so einfach sein, das kostengünstig zu produzieren. Nur es ist halt, wenn die restlichen 49 Wochen so viel günstiger sind, dann spielt es keine Rolle. Dann ist es egal. Gameplay war um 14 Uhr, nicht um 12 Uhr. Um 14 Uhr gibt es Pragmata. Warum ist das so und warum kommen dann eben diese ganzen Argumente, die vielleicht auch in den Wahlkämpfen dann durchaus noch mal gebracht werden, irgendwann gar nicht mehr zustande, sondern ganz subjektive Rationalitäten von einzelnen Grüppchen werden auf einmal zu so ganz wichtigen politischen Zielen gemacht? Kann ich nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, Ja, kurz, weil dann würde ich mich gleich noch mal kurz... Ich wollte was zum Schaden sagen, ne? Weil ich glaube, das ist schon der entscheidende Punkt. Also ich als Ökonom stimme ich schon zu, dass die Energiewende, dass die Transformation, die grüne Transformation schon Kosten hat.
Ja? Also ich glaube, jetzt mal so einen differenzierten Blick drauf. Erstmal muss man sagen, worüber reden wir, wenn wir über Schaden reden. Da geht es dann darum, dass Leute meinen, es gibt weniger Wirtschaftswachstum. Manche Unternehmen wachsen nicht mehr oder wachsen weniger oder schrumpfen oder verschwinden. Also es gibt diese Kosten. Aber wenn wir über Schaden und Kosten reden, müssen wir eben uns alles anschauen. Was bedeutet denn der Klimawandel für uns an Kosten? Genau. Wenn die Lebensgrundlage für uns nicht mehr da ist. Mal als Beispiel das Ahrhochwasser, mögen sich viele daran erinnern, vor einigen Jahren, viele Milliarden Euro. Das ist auch so frustrierend, weil es gab so einen 600 Seiten Endabschlussbericht und die hatten auch Kapitel drin gehabt, wo es darum geht, was für Maßnahmen man hätte durchführen können, die halt vorher mal vorgeschlagen wurden. Und wenn man sich das anschaut, wie überschaubar die Kosten sind, aber man hat so ein bisschen dieses Präventionsparadoxon. Man will das Geld nicht ausgeben, falls man es ja nicht brauchen würde, möglicherweise. Und wenn man es brauchen würde, hätte man das Geld besser ausgegeben. Das sind ja teilweise so ein Hundertstel an Kosten im Vergleich zu den Naturkatastrophen, die auftreten. Und das ist halt so auch, es ist halt schwer für uns Menschen, glaube ich, zu ergreifen, dass man halt wirklich auch nicht nur neben den 70 Milliarden Euro Import an fossilen Ressourcen auch viele dieser Katastrophen vielleicht abmildern könnte. Das wäre halt eine ganz gute Idee. Weil es ist ja oftmals so eine Sache, dass man solche Flüsse nicht begradigen soll, sondern die Begradigung aufheben sollte, dass halt eben dann die Geschwindigkeit und Wucht nicht mehr so schlimm sein kann oder bestimmte Schutzmaßnahmen, dass man damit Wassermengen auch umleiten kann, zum Beispiel bei der A-Flut. Da gab es ja auch Möglichkeiten, das Wasser umzuleiten und das ist halt bis heute nicht umgesetzt worden. Und da denke ich halt immer so, du willst dann teilweise dieselben Pappnasen von der CDU nochmal, die es schon vorher reingeschissen haben. Das ist dann echt schade. Also ich finde es jedenfalls ultra schade, ehrlich gesagt, dass dass man aus den Fehlern auch nicht lernt. Wenn ich mir vorstelle, das wird oder Ähnliches könnte Realität werden in der Zukunft, nicht für eine kleine Gruppe, sondern für uns als Gesellschaft als Ganzes, dann realisiert, glaube ich, jeder mal, das sind Kosten. Ich kann eine Naturkatastrophe haben, ich kann mein Leben verlieren, ich kann mein Haus, meine Lebensgrundlage verlieren. Das ist das Erste. Und das Zweite ist dann immer, wer hat den Schaden? Ja. Und wie Harald, du zu Recht sagst, ist, die Leute, die den Schaden verursachen, sind eben heute die kleine Gruppe, haben ein Interesse dran, weil sie davon profitieren. Die den Schaden ausbaden müssen, ist eine gesamt andere Gruppe. Und eben häufig noch an der Zukunft liegend, Menschen, die heute noch gar nicht. Was kann man heute wählen? Überall eine Pappnase. In meinen Augen die Parteien, die wirklich progressive Vorschläge haben, wie man es besser machen könnte. Und das ist in meiner Wahrnehmung halt eben Grüne oder Linke, ehrlich gesagt, wenn es um Digitalisierung und Energiewende geht. Weil die haben dann nun mal das beste Programm auf Lager, wenn es um die Inhalte geht. Nicht, wenn es um irgendwelche ausgedachten Bullshit-Positionen geht, sondern um ihre wirklichen Inhalte. Das ist halt der Unterschied dazu. Also in meinen Augen ist das nicht andersweise ebenbürtig. Weil klar, CDU, CSU scheißt halt rein ohne Ende. AfD will es sogar noch schlimmer machen als CDU, CSU mit ihren Positionen. Inhaltlich, da ist es für mich halt relativ einfach. Muss man halt sagen. Energie ist nur nicht alles. Energie ist die Grundlage jeder Wirtschaftspolitik, Energie ist die Grundlage jeder Sozialpolitik irgendwo bezüglich der Verfügbarkeiten. Energie ist die Grundlage, wie zum Beispiel auch industrielle Kosten für zum Beispiel den Wohnungsbau aufgebaut werden kann. Energie ist die Grundlage für fast alle diese Bestandteile. Es ist sehr schwer, das zu trennen. Sorry. Also da geht es doch nicht mal nur um Wirtschaft, es geht auch um sozialpolitische Sachen. Wenn es zum Beispiel um die Lebenshaltungskosten geht, wenn es um die Verfügbarkeit von Wohnungen geht, wie man das aufbauen würde. Vieles davon basiert sehr zentral, nicht nur natürlich, aber sehr zentral auf Energie. Das kann man nicht trennen. Nicht seriös jedenfalls, aus meiner Sicht. Gerade wenn es auch um Jobs geht, Gewerbe, Industrie und Co. Also wird schwierig. Nicht geboren sind. Und deshalb ist das auch wieder ein Beispiel aus Ökonomensicht, wo eine Marktwirtschaft nicht funktioniert. Wenn ich mich verhalten kann, wie es mir passt, aber letztlich nicht für die Kosten oder den Schaden aufkomme, den ich mit meinem Verhalten verursache. Wir sollten bei dem Begriff sozialer Marktwirtschaft, wie er ja mal war, nicht immer nur sozusagen an die Gegenwart denken und die Jetztverteilung anschauen, sondern es kann auch total asozial sein, wenn zukünftige Generationen praktisch automatisch in die Pflicht genommen werden, den ganzen Schlamassel, den wir hier hinterlassen, einfach so zu übernehmen. Diese Art von Generationenverträge, da müssten wir mal drüber reden. Und daran merkt man natürlich auch, und das ist für mich ein Problem, auch immer wieder, dass ich denke ja an sowas wie Außenpolitik. Auch da, wir haben doch gerade das perfekte Beispiel. Straße von Hormuz. Eines der zentralsten geopolitischen, außenpolitischen Problemfälle. Energie. Ich weiß, es ist nicht das Einzige, und das stimme ich ja auch zu. Ich sage auch, Digitalisierung ist gut, auch andere Aspekte finde ich ganz gut. Geschenkt, natürlich, klar. Aber auch das kannst du ja nicht wirklich trennen, oder? Also, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Weil die Abhängigkeiten der Importe von zum Beispiel den Energiemitteln ist ja ein Thema von regelmäßigen, Russlands Verwendung von Gas als Waffe für Energieexporte.
Genau dasselbe. Ungarn vor kurzem mit den Pipelines, die da gesprengt wurden, oder die jeweils False Flag gesprengt werden sollten zum Beispiel. Genau dasselbe. Ne? Also du kannst es halt sehr schwer trennen, deswegen ist es in meinen Augen schon ein ziemlich wichtiger Aspekt oder sollte jedenfalls in den Top 3 sein. Ökonomie häufig zu nur so kurzfristige Lösungen andenkt in manchen Bereichen. Dabei müssten wir, wenn wir eine Vision davon hätten, wer wir sein wollen in Europa. Also wer sind wir als Kontinent? Wir haben ja inzwischen auf anderen Kontinenten haben wir ja ganz andere Entwicklungen. Noch sind sie nicht in Europa. Aber wer wir sein wollten, was sollte der Platz sein? Und welchen Platz hat Deutschland in diesem Kontinent, in der Europäischen Union und so weiter? Dann könnte man sagen, okay, das ist das Ziel und jetzt überlegen wir uns die Wege. Und über die Wege können wir streiten, aber nicht mehr über das Ziel. Das wäre schön. Aber wir reden halt momentan unglaublich viel über Wege und man muss oft fragen, was ist denn das Ziel von der ganzen Geschichte? Ja? Naja, Bezug auf Klimaschutz, Ja. Klimaneutralität. Das ist klar, genau. Also das ist schon mal ein Ziel. Ja, Jetzt wird natürlich versucht, überall, wo es nur geht, da Löcher reinzumachen Ja. in das Ziel und das zu umgehen. Aber das Ziel haben wir uns zum Glück gesetzt. Und da würde ich mir wünschen, dass wir das ernster nehmen, dass wir das auch Richtig, wirklich genau. einhalten. Ich würde das Generationenthema gerne gleich noch mal aufmachen und jetzt aber mal eine kleine Fragerunde noch mal einschieben. Okay. Zum Beispiel Knuddelpfoten. Frage. Wo sehen Sie den größten Hebel für eine sozial gerechte Energiewende? Das ist natürlich eine sehr große Frage, wahrscheinlich. Ja, Ich würde sogar sagen, was Harald Lesch gesagt hat mit den Genossenschaften theoretisch. In Kombination mit dem Klimageld für die CO2-Abgabe, ehrlich gesagt. Das sind, glaube ich, die beiden Sachen. Genossenschaften stark pushen und das Klimageld einführen. Dass man dann einen klaren Anreiz macht, dass diese CO2-Alternativen dann einfach nicht lukrativ sind, weil du viel von dem Klimageld dafür verheizen würdest quasi und du damit dann halt Möglichkeiten hast. Ich glaube, das sind die beiden Aspekte. wie wir eben besprochen haben mit der Energiekrise. Menschen mit wenig Einkommen sind häufig stärker betroffen. Und Energiewende heißt, wir steigen um von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energien. Das erfordert ein Stück weit massive Investitionen. Ja, wir brauchen neue Energienetze. Viele Erneuerbaren, Windkraft ist im Norden, viel der Industrie ist hier im Süden, in München und Bayern, ohne jetzt irgendwelche Ministerpräsidenten einen mitgeben zu wollen. Ja, ohne den Leuten, die sich Bratwürste andauernd ins Gehirn schieben durch die Nase, was mitgeben zu wollen natürlich. Oh Gott, ey. Muss ich meinen Stromverbrauch als Single bei 2600 Kilowattstunden überdenken? Nee. Ich bin generell nicht so der Freund, der dann Leute sagen, weil sie sollen da deutlich weniger verbrauchen. Das ist bei einer zu Ende gedachten Energiewende vollkommen scheißegal. Es mag zwar ein bisschen höher sein als beim Durchschnitt, das ist schon der Fall, aber Beispiel, wenn du zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ein E-Auto nutzt oder eine Wärmepumpe hast, hast du auch einen extrem hohen Verbrauch. Das ist halt so. Das ist auch kein Weltuntergang. Solange es halt eben regenerativ erzielt wird, ist es kein Problem. Das ist auch kein Weltuntergang. Ich bin da kein Freund davon, das ist so ein bisschen so nach dem Motto, man muss alles da aggressiv bremsen an Verbrauchsmöglichkeiten. Man kann an besserer Effizienz arbeiten, das ist immer sinnvoll in meinen Augen, an Weiterentwicklungen und gut ist. AKW nachts für Grundlast am Tag, Wind und Solar, absolut logisch. Richtig, weil Wind nachts nicht weht neuerdings, muss man wissen. Und wie gesagt, bei Solar, das Problem ist, wie gesagt, ich empfehle dir den Artikel hier zu lesen dazu, Ödland habe ich es ausgeführt. Kernkraft, Solar und Wind in Kombination funktioniert überhaupt nicht gut. Kernkraft läuft am besten, wenn es durchgehend durchlaufen kann, quasi 24/7 im besten Fall, und damit sich die hohen Investitionskosten nach 10 Jahren abbezahlt haben. Und Solar und Wind ist in der Merit Order, Pay as Clear, beim Preisclearing bei der Mechanik immer günstiger als Kernkraft und wird, nachdem Kohle verdrängt wird und Gas minimiert wird, auch Kernkraft immer weiter lahmlegen. Dafür ist Kernkraft einfach zu teuer im direkten Vergleich. Das zeigen ja auch, wie gesagt, die Subventionen momentan von neuen Projekten. Das Polen-AKW wird 13, 15 Cent die Kilowattstunde Mindestvergütung oder Strike-Price bekommen und das ist fast 3-mal so teuer im Vergleich zu Solar- und Akkuspeicherprojekten. Das ist halt Blödsinn. Das ist also nicht sinnvoll, das zu machen. Das rechnet sich auch einfach nicht. Und wenn jemand jetzt davon spricht, die Kernkraftwerke runterzuregeln, ja, wenn du sie runterregelst, erzeugen sie weniger Strom und das heißt, sie brauchen noch länger, bis sie es rechnet. Die können sich natürlich lastfolgemäßig regeln, das geht schon, nur es ergibt halt weniger Sinn, weil dann dauert es ja noch länger, bis sie sich rechnen. Und der französische Netzbetreiber RTE hat es gerade vor 3 Wochen eine Studie rausgehauen, dass die Wartungskosten dann stark steigen, je häufiger man eben diese Lastfolgefähigkeit nutzen muss. Ist halt nicht sinnvoll. Deswegen, das ist halt in meinen Augen, wenn man die Kernkraftwerke in 5 Jahren bauen könnte, wäre ich wahrscheinlich anders aufgestellt dazu, weil da wird es auch nicht so viel kosten. Aber das klappt ja hinten und vorne nicht. Letzten 20 Jahre gefühlt, fast alle europäischen Projekte haben gefühlt 15 Jahre gebraucht. Also das ist halt Blödsinn aus meiner Sicht.
Damit fährt man sich halt selber, schießt man sich ins Knie. Das ist halt das Selbstkannibalisierungsproblem. Solar und Wind wird auch bei der Kernkraft nach Kohle und Gas eben dann die Vollerstunden abgraben. Und das kostet eben Geld, diese Infrastruktur zu bauen. Das heißt, da müssen wir erstmal investieren. Und diese Kosten mussten ja von der Bevölkerung, von der Gesellschaft getragen werden. Also es gibt diese Kosten. Diese CO2-Bepreisung. Ne? Also wir haben gesagt, wir wollen eigentlich den Ausstoß von CO2 durchs Autofahren, durch Fleischkonsum, durch viele andere Dinge, das soll bepreist werden. Das gibt es bereits, dass pro Tonne CO2 im Augenblick 60 bis 65 € fällig sind. Das muss steigen, soll weiter steigen, dass es dann wirklich irgendwann mal den wirklichen Schaden reflektiert. Und ich bleibe dabei, ohne Klimageld bin ich auch ein Gegner von die CO2-Preise zu erhöhen. Momentan. Also signifikant tatsächlich. Ich bin kein Freund davon, dass die CO2-Preise weiter erhöht werden, bis das Klimageld ausgezahlt wird. Aber das ist halt CDU, CSU, da wird das nie passieren. Heißt, manche Dinge werden für Bürgerinnen und Bürger teurer werden. Ja. Eben auch für Menschen mit wenig Einkommen. Zum Beispiel Fleischkonsum ist ein gutes Beispiel. Fleisch muss teurer werden, damit es eben die wirklichen Kosten an Klima, Umwelt, Grundwasser und so weiter widerspiegelt. Und dann, klar, dann trifft es. AKW als sprengen ist natürlich sinnvoller. Erst werden die Kühltürme gesprengt, nicht AKWs selber. Die müssen logischerweise wegen der Kontaminierung abgebaut werden. Und zweitens, wer hier länger zuschaut, weiß, ich bin ein Riesengegner gewesen, erst aus der Kernkraft auszusteigen und dann aus der Kohle. Das war dumm. Das war natürlich dumm gewesen. Nur halt jetzt sie wieder zu reaktivieren und nochmal ein paar Milliarden auszugeben, wäre dumm. Das wäre keine gute Idee. Das ist jetzt durch, der Kurs ist abgefahren. Man hätte halt vor 10 Jahren mal reagieren müssen dort. Aber halt eben, das ist jetzt vorbei. Dementsprechend Reaktivierung ist eine dumme Diskussion. Ich glaube, ich mache dazu heute nochmal ein Video, oder statt das Precht-Video mache ich dazu dann ein Video für morgen fertig. Um das nochmal in einem Video zusammenzufassen, damit ihr für Argumente bei Diskussionen wisst, warum Jens Spahn, Linnemann, Merz alle Scheiße labern dabei. Ist dann kein Problem. One Ballyman, danke für die 10 versteckten Subs. Vielen lieben Dank. Das ist sehr großzügig. Viel Spaß an die 10 Leute mit den geilen Emotes. Und auch Kasenix, danke für 32 Monate. Und Naretian, danke auch dir für den 40. Monat. Und Primat auch danke für den 17. Monat. Habe ich, glaube ich, jetzt alle gehabt. Spamhead, danke noch für den 16. Monat. Ich hoffe, ich habe niemanden vorher überlesen. Ich habe jetzt nicht die Liste gerade offen. Shit. Klima, Umwelt, Grundwasser und so weiter widerspiegelt. Und dann, klar, dann trifft es natürlich Menschen mit wenig Einkommen stärker. Die sagen, oh Gott, wie soll ich mir das jetzt leisten, wenn jetzt die Fleischpreise 10-15% steigen? Und da komme ich wieder auf das Beispiel eben mit der Energiekostenpauschale zurück. Also das Bessere ist eigentlich zu sagen, die Preise sollten erstmal die Knappheiten, die Preise, die Kosten widerspiegeln. Und dann gibt den Menschen Geld, sozial, zielgenau, damit sie mit den Konsequenzen umgehen können. Und das ist die Idee des Klimagelds. Das hatte übrigens die Ampelregierung fest im Koalitionsvertrag geschrieben. Ja, das ist ja das Frustrierende. Es war ja, der Direktaustragsmechanismus war fertig gewesen, man hätte halt nur die Mehrheit gebraucht, um es zu beschließen. Da war die FDP halt raus. 2 Wochen nach dem FDP aus war der Direktaustragsmechanismus fertig gewesen. Und da haben die Grünen gesagt, wir wollen das gerne einführen und die Mehrheit so im Bundestag, nö. Auch FDP hat halt nö gesagt dazu bei dem Antrag. Wir nehmen Geld durch die CO2-Bepreisung ein, gar nicht so wenig Geld. Das soll der Staat jetzt nicht für sich behalten, sondern will das als Klimageld, also keine Ahnung, 150 € pro Person pro Jahr an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Hat die Ampel nie umgesetzt. Die neue Bundesregierung, also neu ist sie nicht mehr, die jetzige Bundesregierung hat sich das noch nicht mal in einen Koalitionsvertrag geschrieben. Hat in der Schweiz geht das so? Die Schweiz macht es. Ja. Die Schweiz zahlt das ein bisschen technisch, die zahlt das über die Krankenversicherung aus. Also das geht an die Menschen zurück. Auch über die Krankenversicherung, okay. Aber es geht, also ganz offensichtlich geht es, das wollte ich nur. Und Österreich macht es auch. Ja. Hat es gemacht. Die haben es abgeschafft wieder. Das war auch so traurig. Die armen Leute in Österreich, ey. Die hatten 2 Jahre einen super Auszahlungsmechanismus gehabt, auch für Leute auf dem Land, dass sie ein bisschen mehr bekommen als die in der Stadt. Zum Beispiel oder ich glaube auch Kinder haben die 50% bekommen, soweit ich weiß, nur davon. Aber halt da wurde es wieder abgeschafft von der konservativen Regierung, was halt unglaublich hohl war. Österreich sagt, wir verstehen Leute, die auf dem Land wohnen, die brauchen Mobilität und Mobilität ist teuer und die kriegen das Doppelte von den Leuten in der Stadt. Ja. Wenn die Krankenversicherung hochgeht, ist mir da nichts aufgefallen. Ja, fairerweise muss man auch argumentieren, so Klimageld über Krankenversicherung, wahrscheinlich, weil da einfach alle das irgendwie bezahlen in irgendeinem Maße, was ich auch gerade im Chat gelesen habe, das klingt plausibel. Der Direktauszahlungsmechanismus macht es, glaube ich, einfacher zu erkennen, vermute ich mal gerade, aber wenn es halt von der Prämie abgezogen wird, erkennt man es sehr schlecht, wahrscheinlich. Oder man kann es nicht sofort zuordnen. Ich denke halt, wenn das quasi direkt aufs Konto kommt, 150 € oder 300 € aufs Konto, nimmst du es mehr wahr, als wenn es von der Prämie abgezogen wird, wo du halt die Prämie angucken musst.
Ich glaube, das ist alleine schon diese Symbolwirkung, dass auf dem Konto ankommt, wäre unglaublich wichtig als Extraposten versus halt eben die absolute Prämie. Das ist, glaube ich, ein Problem von der Symbolwirkung. Also man macht es so zielgenauer. Dazu hat übrigens, ganz kurz eingrätscht, Rolfi auch dieselbe Idee. Ne? Er sagt, wäre nicht eine Auszahlung des Klimageldes aus der CO2-Steuer die Lösung? Ja, genau. Das ist eigentlich die Idee des Klimagelds. Das war ja mal die Idee was gewesen. die Politik bisher schuldig geblieben ist. Aber das ist in der neuen Koalitionsvereinbarung ist es schon gar nicht, taucht es nicht mehr auf. Schon gar nicht mehr drin. Nee. Ja. Übrigens finde ich interessant, dass in Bayern der Anteil der erneuerbaren Energien am Strom ist 75,5%. Liegt also über dem bundesrepublikanischen Durchschnitt. Aber die Regierung von Bayern, die sonst mit allem Möglichen Werbung macht, damit macht sie keine Werbung, weil das offenbar ein Inhalt ist, also ein energiepolitischer Inhalt, der eher für eine Partei spricht, die vom Ministerpräsidenten und auch vom Wirtschaftsminister so hart angegangen ist, dass die ja nicht recht haben konnten. Aber Ist halt wirklich die absurd. tatsächliche Entwicklung ist natürlich tatsächlich dank Geothermie und Wasserkraft, dass selbst mit den paar Windrädern, die in Bayern stehen und der Photovoltaik, der Anteil so hoch ist. Das ist doch bemerkenswert, dass man Man muss halt dafür jetzt fairerweise ein bisschen klug scheißen, wenn man das will, dass Bayern seit der Kernkraftabschaltung einen höheren Import quasi von anderen Nachbarbundesländern hat. Das spielt halt schon mit rein mit den 20 Terawattstunden Nettoimport. Da kann ich jetzt wieder ein bisschen reingrätschen. Das müssen sie halt ein bisschen mehr Richtung Null normalisieren gefühlt. Dann wäre es halt besser in meinen Augen. Aber es stimmt natürlich trotzdem, von dem, was sie aktuell erzeugen, ist vieles davon mittlerweile sauberer geworden. sich hier politisch sozusagen selber ins Knie geschossen hat, indem man eigentlich vernünftige Ideen irgendwie ideologisiert hat. Und das ist natürlich ein Punkt, dass wir in der ökonomischen Debatte immer aufpassen müssen, dass wir auch sachlich redlich bleiben. Wir sagen das nichts darüber, machen aber im Hintergrund. Ja, schön wär's. Söder labert die ganze Zeit nur dumme Scheiße. Auch bei der Ampel. Viele der Maßnahmen, die er kritisiert hatte von der Ampel, haben sie dann selber umgesetzt in Bayern. Das war halt belastend gewesen. Photovoltaik war sinnvoll. Die bayerische Industrie hat auch die ganze Zeit Windkraftanlagen gefordert, aber da hat Bayern sich immer quergestellt. Weil für den Winterzeitraum brauchen sie auch Strom. Solar ist im Winter nicht stark. Da hast du 20% Ertrag oder so 15% von den Sommerzeiten her. Das ist halt eine kleinere Summe. Oder du baust mit Solarzäunen auf, das ist ein bisschen mehr, aber trotzdem nicht ausreichend. Und ja, auch im Süden brauchst du halt eben eine Lösung. Sei es der Netzausbau, dass der Windstrom vom Norden kommt vielleicht für den Zeitraum, oder sei es irgendwas anderes. Aber einfach nur mit Solar- und Akkuspeicher kannst du auch nicht alles lösen in Deutschland. Das ist das Problem. Das ist für mich frustrierende jedenfalls. Und das nicht mit irgendwelchen merkwürdigen Vorstellungen verbinden, die dann am Ende gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Ja. Ja. Ich würde gerne mal mit euch drüber reden. Es ist ja recht oft so, dass wir hier in diesem Büro sitzen und über diese Frage, wie kriegt man denn so eine Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit, Klimaschutz, und dann dieser Elefant eben im Raum ist, was ist denn mit dem Geld sozusagen? Also stehen Ökologie und Ökonomie im Widerspruch miteinander? Wir haben jetzt schon so ein bisschen. Das ist halt, glaube ich, das größte Problem für viele Menschen. Weil die Leute, die hier länger zuhören, kennen ja meine ganzen Diskussionen bezüglich der Summen an Geldern, die man investieren muss und was man halt damit halt einsparen kann, wo man halt sieht, dass die Einsparung einfach netto viel höher ist und sich das auch super rechnet für den Staat. Es gibt für den Staat eigentlich keinen Grund, zum Beispiel jetzt willkürlich zu sagen, wir wollen 250 Milliarden Euro zusätzlich investieren, um solche Netzausbau zu beschleunigen. Es wird zwar dann temporär teurer, ja, aber es rechnet sich auch sehr viel schneller. Das war tatsächlich auch von dem, ich glaube von Ernst Young war das ein Report gewesen, die gesagt haben, den Netzausbau und die Energiewende zu beschleunigen, spart auf 20 Jahre mehrere 100 Milliarden Euro. Und das war 2023. Rausgekriegt, das hat auch was mit kurzfristig-langfristigen Zielen zu tun. Also was kostet kurzfristig Geld, aber schützt uns vielleicht langfristig vor noch mehr Kosten. Aber lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen versuchen einzuordnen, was kostet denn so eine Energiewende überhaupt? Wie schnell? Was bräuchten wir aus naturwissenschaftlicher Sicht? Wo stehen wir da überhaupt schon? Und was kostet uns der Spaß, wollte ich jetzt schon fast sagen. Also ich glaube, man kann das zusammennehmen. Also die Klimakosten, wenn wir nichts tun, wir können ja verschiedene Szenarien durchorgeln, Business as usual, wir machen so weiter wie bisher, dann liegen wir in einem Bereich, der deutlich an die Nähe von 1000 Milliarden kommt. Das kommt darauf an, auf welche Zeitskala man das streckt, aber das sind Billionen Schäden, die auftauchen werden, weil die Extremwetterereignisse, die mit der globalen Erwärmung einhergehen, katastrophal sein werden. Also wenn man sich mal überlegt, wir hätten solche Regenfälle wie vor ein paar Jahren in Griechenland, wo ganz Mittelgriechenland bei 700 Liter pro Quadratmeter einfach komplett unter Wasser gesetzt worden ist. Und dann wäre es eben nicht mehr nur das Ahrtal, da wäre es ganz Rheinland-Pfalz oder sogar noch größere Flächen. Das wäre ein Kosten, den wir überhaupt nicht mehr vor allen Dingen, wenn die Frequenz steigt. Also wenn also nicht nur einmal im Jahr
Die Frage ist ja, wird das fossile Kapital nicht unter der Energiewende leiden? Das wird es so oder so. Ich habe ja nicht ohne Grund, ich habe ja gerade eben schon den Beitrag gezeigt, dass ja Kohlekraftwerke aus dem Markt ausgeschieden sind, weil sie sich aber nicht mehr rechnen. Das ist ja, die Diskussion hatte ich ja mit einem anderen Streamer mal gehabt, wo es ja darum geht, dass quasi die fossilen Interessen sind so stark, dass quasi fossile Assets nicht abgebaut werden. Aber das ist halt komplett weit weg von der Realität. Weil das würde ja bedeuten, zum Beispiel, der ganze Kohleausstieg von zum Beispiel jetzt Irland 2025 oder 2024, Spanien, die das die nächsten Jahre umsetzen wollen, Griechenland, die dieses Jahr aussteigen wollen, Großbritannien 2024. Die ganzen Kohleausstiegssachen könnten dann ja nicht passieren bei dem Gedankengang, wenn das ja wirklich konsequent unmöglich wäre, fossile Kapitalgeber zu verdrängen. Das stimmt ja auch einfach nicht. Das sieht man ja regelmäßig, dass ja genau das eben der Fall ist. Dass die fossile Verstromung ja durchaus runtergeht und auch weniger zugebaut wird dort. Dass da vieles an Fossilen, sei es bei Gas wie auch bei Kohle, reduziert wird. Es ist zwar immer noch da, das stimmt schon, aber das ist ja kein Naturgesetz. Wenn du mehr in die regenerative Energien investierst, wird das Investieren in Fossile immer schwieriger. Also, das ist, ja, ich habe da nie so ganz verstanden, warum sich da Leute mit schwer tun, weil auch Beispiel jetzt die Gasnetze in Deutschland für die Gasheizungen, das wird so oder so abgebaut werden. Immer mehr sitzen im Neubau auf Wärmepumpen, auch im Altbau sitzen immer mehr auf Wärmepumpen und auf alternative Lösungen. Der Bedarf sinkt, da werden natürlich die Gasnetze, egal ob der Staat das will, nach und nach abgebaut werden. Das hat ja laufende Kosten. Haben die Firmen auch keinen Bock drauf. Sollte eigentlich niemanden überraschen, normalerweise, würde man meinen. Da so eine Katastrophe ist, sondern vielleicht zweimal und dann vielleicht noch irgendwo ein Waldbrand ist. Und also, das heißt, diese Extremwetterereignisse sind eigentlich das Katastrophale. Und das lässt sich noch nicht mal richtig in Zahlen fassen, weil das haben wir noch nie erlebt. Wir wissen nicht mal, wie die Reaktionen dann darauf wären und was das tatsächlich kosten würde. Das kann man eigentlich gar nicht richtig abschätzen. Man ahnt nur schon, so wie die Erwärmung jetzt abläuft, laufen wir auf so ein Szenario hinaus. Ob es so schlimm wird wie in den schlimmsten Erwartungen, das wissen wir noch nicht. Aber wir wissen zum Beispiel schon, dass Wasser in Zukunft eine Ressource sein wird, die auch in Deutschland ganz besonders geschützt werden muss. Wasserrückhaltemaßnahmen und dergleichen mehr. Was ja auch eine gute Investition wäre generell, ist ja eine gute Idee, dass man da vielleicht sich ransetzen sollte, wäre ein ganz guter Plan vielleicht. Dass das etwas ist, dass also die Welt sich verändern wird, dass die Natur eine Wende vollzieht, auf die wir natürlich entsprechend reagieren müssen mit den entsprechenden Transformationsereignissen. Das wird da kommen wir nicht umhin. Und das kann man auch selber erfragen bei all denjenigen, die davon leben, was aus dem Boden kommt, bei den Försterinnen und Förstern, bei den Landwirtinnen und Landwirten, Winzerinnen und Winzern, all diejenigen, die irgendwie davon leben, was die Natur so vollbringt. Die sagen alle, Achtung, das hat sich jetzt folgendermaßen geändert. Sogar bei denjenigen. Und weil ich es gerade noch mal im Chat sehe, ich greife es nochmal gerade auf, obwohl ich es in Textform schon geschrieben habe. Wenn euch Leute erzählen wollen, dass Deutschland nicht genug Platz haben würde, um zum Beispiel mit regenerativen Energien Deutschland mit Strom zu versorgen, alleine Agri-Photovoltaik, das Kombinieren von quasi zum Beispiel Hopfen oder eben quasi Himbeeren, Erdbeeren unter Solardächern, allein das Potenzial in Deutschland reicht aus, um den 10-fachen Primärenergiebedarf zu decken. In Richtung 10.000 Terawattstunden. Also die Aussage, dass man nicht genug Platz haben würde, obwohl allein das doppelte Verwenden von zum Beispiel landwirtschaftlichen Flächen locker, ohne Probleme ausreichen würde, ist lächerlich. Das ist natürlich Fantasie, das ist kompletter Käse. Klar, man darf es nicht bilanziell rechnen, man muss es natürlich auch speichern können, das ist mir klar. Nur diese Aussage ist halt natürlich vollkommener Käse. Das ist vollkommener Blödsinn. Da reden wir noch gar nicht von den Windkraftanlagen, die natürlich auch gar nicht so viel Platz brauchen in der Realität, was immer so ein bisschen falsch dargestellt wird, dass eben man ein riesen Flächenproblem haben würde. Das stimmt halt einfach nicht, weil ich habe ja schon öfter diese sehr, sehr, sagen wir mal, vereinfachte Karte hier gezeigt mit der Flächennutzung. Und man sieht unten links bei dem Türkisen noch diesen kleinen grauen Klumpen. Diesen grauen Klumpen, das ist der gesamte deutsche Windkraftanlagenplatz Platzbedarf für Deutschland. Oben links Flächen-PV. Also, das ist nichts im Vergleich zu fucking Weihnachtsbäumen, die deutlich mehr brauchen an Hektar, Golfplätze, die deutlich mehr brauchen an Flächenbedarf, Fußballfelder, die deutlich mehr brauchen, mehr als das Dreifache, ist halt lächerlich. Die realen Platzbedarf ist super überschaubar. Das spielt halt kaum was wert. Deswegen, was war der Begriff für die Doppelnutzung? Agri-PV. Ich kann es auch gerne verlinken nochmal hier, dass man es mal sich angucken kann. Da habe ich ja die Videos dazu gepackt. Das ist so eine Diskussion, die habe ich schon so oft gehabt mit Leuten, aber es hat mit der Praxis einfach überhaupt nichts zu tun. Mal abgesehen davon, dass natürlich auch die Leistung pro Quadratmeter weiter steigt, auch bei Photovoltaik. Das heißt, der reale Platzbedarf wird sogar noch niedriger sein. Das ist halt tatsächlich kein so Riesenthema. Plus halt Hausdächer, Parkplätze, Gewerbedächer, die habe ich alle gerade nicht eingerechnet.
Und deswegen, also am Platzbedarf mangelt es wirklich nicht. Selbst wenn du alles elektrifizierst, alles mit Wärmepumpen, alles mit E-Autos, alles mit Industrie elektrifiziert, was niemals so passieren wird. Also 100% Elektrifizierung wird nicht passieren. Es wird ein paar geben, die haben Biomasse, also Holzpelletheizung zum Beispiel oder Holzscheitelheizungen oder ein paar Leute, die sich weigern werden, auf ein E-Auto umzusteigen und dann lieber was anderes machen, gibt es ja auch. Deswegen, also die Diskussion ist halt komisch, weil du kannst wortwörtlich mit einer Reduzierung der Energiepflanzen für Biogas um 10% mehr Platz quasi renaturieren und frei machen für zum Beispiel Natur und Co., als du insgesamt brauchst für Photovoltaik und Windkraft. Quatsch einfach. Deswegen, Diskussion gibt nur Sinn, wenn man die realen Werte und Zahlen nicht kennt. Dann verstehe ich das auch. Wenn man die Zahlen wiederum kennt und weiß, dass man für Golfplätze dreimal so viel Platz braucht, dann ist es halt Käse. Deswegen. Glaubst du, dass Vertical Farming in Zukunft relevanter wird? Vertical Farming wird, glaube ich, nur relevanter werden, wenn erstmal die Strompreise nochmal sehr stark fallen werden und nur auch, wenn zum Beispiel die kommerzielle Landwirtschaft immer mehr Probleme bekommt durch Klimawandel und Co., dann vielleicht. Aber Vertical Farming hat auch viele Probleme, weil du kannst nicht alles mit Vertical Farming anbauen, sondern nur bestimmte Lebensmittel bisher. Das kann relevanter werden, ja. Zum Beispiel in Nationen wie im Nahen Osten, wo ja in Saudi-Arabien solche Startups auch gepusht werden. Aber in vielen Ländern, wo Landwirtschaft noch stark ist, ergibt das nicht so viel Sinn, wahrscheinlich von den Kosten her. Da wirst du es kaum umsetzen können. Auch wenn es geil wäre, 99% weniger Wasser zu brauchen. Das wäre schön, wäre schön. Diejenigen, die in den Alpen irgendwie mit Tourismus zu tun haben, findet man relativ schnell raus, von den Gletschern wird nichts mehr übrig bleiben. Alsbald. Ja. Und wenn wir das jetzt auf der einen Seite, sag ich mal, auf der einen Waagschale haben und dann auf der anderen Seite uns angucken, was kostet denn Nein, Chat, das ist kein 6-7-Witz. Für die 2 Leute, die unter 30 hier sind. jetzt so eine Energiewende? Also ich meine, du sagst ja auch, erstmal wird es ökonomisch für uns schon auch ein Stück weit teurer. Stimmt? God Also damn weil it, wir Chat. haben ja eine Übergangsphase. Wir müssen ja investieren. Wir hatten das Wort ja schon. In Speicher, in Netzausbau. Also was steht da sozusagen an? Und wie kann man das eigentlich gegeneinander abwägen? Erstmal ist es wichtig, dass es eine Abwägung ist. Und natürlich sind Kosten da. Kosten beispielsweise, die Windkraftanlagen aufzubauen, die Übertragungsnetze zu bauen, die neu gemacht werden müssen, was man mit fossilen Energieträgern in dem Sinne nicht so hätte, zumindest nicht kurzfristig. Es entstehen auch Kosten für die Unternehmen, die sagen, ich muss jetzt neue Technologien entwickeln. Automobilbranche ist das beste Beispiel. Wir haben Jahrzehnte in einen Verbrennungsmotor investiert. Bin mir sicher, also zumindest weltweit ist das so die führende Technologie bei den Verbrennungsmotoren, was wir in Deutschland haben. Jetzt sollen wir das aufgeben, um ein E-Auto, einen Elektromotor zu bauen. Das ist natürlich wiederum viele Investitionen. Das ist auch der Punkt, warum ich immer sage, dass ich ein großer Freund davon bin, dass man schon halt eben für viele Leute, die sich das nicht einfach leisten können, dass man da als Staat schon eingreifen sollte und helfen sollte. Weil zum Beispiel bei Wärme, bei Heizung, das können sich halt die meisten nicht aussuchen. Und da bin ich auch ganz ehrlich, selbst wenn das dann vielleicht jemand mal in Anspruch nehmen würde, die Fördermittel, die sie es eigentlich leisten können, wäre es mir egal, dass es da einen Mitnahmeeffekt gibt, weil ich trotzdem mir wünschen würde, dass dann die ganzen Mieter, die darunter leiden, unter der Öl- und Gasheizung mit den extrem hohen Kosten, das sind ja nicht wenige von euch statistisch gesehen, wenn 60% der Wohnungen in Deutschland Gas- und Ölheizung noch haben, dann ist es ja nur logisch, dass auch bei mir im Chat sehr viele Leute angepisst sind von den Heizöl- oder Gaskosten. Das ergibt ja auch Sinn. Also da muss man sich ehrlich machen, das sind Investitionen, das sind Kosten, das sind Ressourcen, die kurzfristig erst einmal für andere Dinge nicht zur Verfügung stehen. Das muss man so offen und ehrlich sagen. Und es wird Unternehmen geben, die werden deshalb verschwinden. Nehmen wir Verbrennungsmotor, die ganzen Zulieferer in Deutschland. Ein Verbrennungsmotor hat viel mehr Komponenten als ein Elektromotor. Das heißt, Und da braucht man eigentlich einen Plan, was mit den Leuten ist. Man soll sie nicht einfach im Regen stehen lassen. Einfach nur zu sagen, das ist eine Veränderung, die ist unvermeidbar, ist zwar erstmal an sich korrekt, aber man kann ja, wie gesagt, einen Plan überlegen, was die Zulieferer in Zukunft machen können, was sie bedienen könnten, was ja einige Zulieferer ja auch selbstständig jetzt schon machen. Aber es wäre halt gut, wenn man eine Industriestrategie hat. Irgendwas. gibt viel mehr Zulieferer, die spezialisiert sind auf einzelne dieser Komponenten. Und die Unternehmen müssen sich neu erfinden, neue andere Dinge machen oder sie verschwinden. Heißt auch, die Industrie, manche Industrieunternehmen sind gefährdet. Manche werden verschwinden. Das ist die ehrliche Realität.
Ungünstig ist vor allem, sie mit dem Hin und Her zu verwirren. Ja, genau. Also auch bei dem Autothema zum Beispiel Verbrenner aus für Neuwagen, ja, dann doch wieder nein, dann doch wieder ja, dann doch wieder nein, dann doch wieder ja. Das ist halt Gift. Das ist das Schlimmste für jede Wirtschaftsstrategie jemals, wenn du keine Ahnung hast, was jetzt eigentlich nächste paar Wochen passiert. Und ich kann das auch den Leuten nicht mal übel nehmen, dass sie besorgt sind, was sie jetzt in Zukunft machen sollen, wenn halt so oft geändert wird. Nicht jeder guckt sich jeden Tag die Politik an, wie wir das machen. Daher verstehe ich die Leute schon, die sagen, oh Gott, das ist eine riesige Gefahr für uns, dass jetzt auf einmal in der Automobilbranche der Umschwenk kommt von Verbrennungsmotor auf Elektromotor. Das sind die Kosten und die muss man offen und ehrlich ansprechen. Nur wichtiger, genauso wichtig ist zu sagen, was ist Ja, auf einmal klingt auch ein bisschen absurd, weil vieles davon wissen wir ja schon seit 10 Jahren, ne? Also oder seit 20 Jahren teilweise. Es kommt auf die konkrete Thematik an. Aber gerade wenn es um die Automobilindustrie geht, kann man schon argumentieren, so Richtung 2016, 17, dass man nach und nach schon gesehen hat, wo die Reise hingeht. Und das systemisch ein E-Auto sehr viel einfacher natürlich auch hat. Das ist ja keine neue Erkenntnis, dass die früher oder später günstiger zu produzieren sind als ein Verbrennerfahrzeug, wenn du weniger Komponenten brauchst. Hätte man sich denken können, spätestens da. denn die Alternative? Was ist denn, wenn wir es nicht machen? Und dann kommt einmal die Kosten, die Harald angesprochen hat, dass eben die Kosten für Umwelt, für Klima noch dramatischer werden, weil wir eine noch höhere Erderwärmung haben. Und ich als Ökonom bin immer ganz vorsichtig, weil das, was du beschrieben hast, sind physische Schäden. Wie viele Menschen werden ihr Leben verlieren? Wenn du dann nochmal Menschenleben in Euro packen willst, das ist Ja, das ist. eigentlich kaum mehr möglich. Also das sind die einen Kosten. Aber die anderen Kosten aus wirtschaftlicher Sicht, die wir genauso auf dem Schirm haben müssen, was ist denn, wenn die deutschen Unternehmen diese Transformation nicht machen? Und wiederum das Genau, das ist, glaube ich, die Diskussion, die einige nicht wahrhaben wollen. Weil einige denken ja wirklich, wenn zum Beispiel die AfD wählen, dass man einfach den Business-as-usual-Fall weitermacht, also einfach weiterarbeitet, dass sich die Welt dann nicht verändern würde. Während ich euch ja hier gefühlt jedes Quartal terrorisiere mit neuen Verkaufszahlen und Co. Und man einfach sieht, das funktioniert halt so nicht. Du wirst einfach nach und nach aus verschiedenen Automärkten dann rausgedrängt werden, weil die Konkurrenz einfach besser ist und günstiger ist und die Nachfrage eher bedienen kann. Und gerade während der aktuellen Ölkrise sieht man es ja noch mehr, weil die Exporte aus China steigen stark, gerade bei Autos und bei Akkuspeichern, und zwar extrem. Ich habe 50-60% gelesen, Jahr auf Jahr. Das ist ein extrem hoher Anstieg. Das Beispiel Automobilbranche ist für mich ein sehr gutes Beispiel. Der Grund, weshalb die deutsche Automobilbranche heute in Schwierigkeiten ist nicht wegen der Energiewende, ist nicht, dass wir Richtung Klimaschutz gehen, sondern sie haben den Klimaschutz verschlafen. Sie haben an alten Technologien festgehalten, wie du, Harald, vorhin gesagt hast, die nicht nur ineffizienter sind, sondern auch nicht die Welt von morgen sind. Und die E-Autos bauen die Amerikaner, bauen die Chinesen, bauen die Koreaner. Klimaneutral können wir doch nur werden, wenn wir die Rohstoffe aus dem Weltall beziehen können von Asteroiden. Nee, klimaneutral bezieht sich ja schon gerade auf die CO2-Emissionen. Und wenn du zum Beispiel Net Zero meinst, dann Net Zero steht ja für Netto Zero. Das heißt ja nicht, dass du gar keine Emissionen mehr haben würdest, sondern das heißt, du übernimmst Maßnahmen, die Emissionen so zu reduzieren, plus zum Beispiel bei Renaturierung und Co. oder wieder sich um Moore kümmern und Co., dass dann quasi die natürlichen CO2-Senken sich um den Rest kümmern können. Vielleicht irgendwann nochmal durch diese magischen CO2-Staubsauger, CCR, Carbon Capture Removal, dass man noch was rausholen kann. Das ist aber dann für die letzten paar Prozente der Emissionen. Und da geht es ja nicht darum, dass du quasi alles auf Null setzen würdest und keine Ressourcen mehr abbauen würdest. Eine große Kreislaufwirtschaft zum Beispiel, dass man viel mehr recyceln kann, weil Öl kannst du nicht recyceln. Logischerweise die Ressourcen für so ein E-Auto halt schon. Das ist ein Riesenunterschied natürlich im gleichen Maße, weil bei Strom ist es ja auch mit dem regenerativen Aspekt viel verträglicher mit der Umwelt. Man muss ja nicht automatisch von 100 auf 0 kommen, sondern nahe 0 kommen, dass dann halt eben die natürlichen CO2-Senken das kompensieren können. CCR ist quasi das, wo wirklich die Luft gefiltert werden soll und CO2 rausgeholt werden soll, was bisher ökonomischer Wahnsinn ist. Stand jetzt noch diese Island-Projekte. Und CCS, Carbon Capture Storage, wäre quasi von zum Beispiel einem Gaskraftwerk die CO2-Emissionen abzupumpen und unter der Erde zu speichern oder irgendwo unterm Ozean zwischenzuspeichern. Das ist nochmal was anderes. Das geht zwar in die ähnliche Richtung, aber CCR soll quasi die CO2 direkt aus der Luft entziehen. Das ist damit gemeint. Da gibt es halt verschiedene Verfahren dazu und ja, also das ist damit gemeint. Was ist mit den Batterien dann? Entweder Second Life, ich kann dir ein Beispiel zeigen, dass sie nochmal die Batteriespeicher, die alten, werden dann quasi für Großspeicher nochmal genutzt zum Beispiel oder werden einfach recycelt. Das ist sogar schon längst gelöst. Also das ist sogar eine der einfachsten
der einfachsten Sachen, das in den Griff zu bekommen. Da ist man schon seit, glaube ich, 3, 4 Jahren eigentlich fertig mit der Lösung dafür. So, das ist der falsche Tab. Hups. Hier wollen wir hin. Ich meine nicht mein Twitch-Dashboard. Das ist irrelevant gerade hier. Genau, das wird dann zum Beispiel hier in so Energiespeicher reingepackt, schon, das ist von 2021. Das wird dann eben einfach dann dafür verwertet, weil wenn die 80% ihrer Leistung haben, können sie aber noch genutzt werden, günstiger für Akkuspeicher. Sprich nichts dagegen. Und wenn sie halt wirklich am Arsch sind, werden sie recycelt. Das ist gelöst. Es kann recycelt werden, es ist recycelbar, es wird recycelt. Die schwarze Masse ergibt Sinn. Und die EU hat auch schon vorgegeben mit der Batterieverordnung, dass nach und nach in den kommenden Jahren auch der Anteil von recyceltem Material gewisse Prozente da sein müssen, wodurch ein Anreiz da ist, vielleicht auch noch mehr zu recyceln. Das ist halt längst durch. 96% Gewinnungsquote. Und das ist halt, glaube ich, im Vergleich zu Status vorher mit Öl 96% Recycling versus 0. Ja, schon mal deutlich besser. Und das ist ja schon mal ein guter Schritt. Daher, klar, kann man noch ausbauen, noch vielleicht besser Kreislaufwirtschaft einbauen, aber ich denke mal, als Status Quo oder als Verbesserung vom Status Quo ist da schon einiges. Und das zeigt es. Also wenn wir es nicht machen, diese Transformation, dann wird die Automobilbranche vor die Wand fahren. Dann werden Arbeitsplätze verloren gehen. Dann werden Industrieunternehmen verschwinden. Also diese Entscheidung, halten wir am Verbrennungsmotor fest oder nicht, die wird nicht in Deutschland getroffen. Die wird Ja, das ist halt eine Weltnachfrage. Deutschland verdient viel Geld mit dem Export. Wenn man sich da querstellen möchte, da kauft es halt keiner mehr. 100% geht ja auch schlecht. Ja klar, natürlich. Verlust hast du immer irgendwo, richtig, genau. Also egal wie gut das Recyclingverfahren ist, minimalste Verlust hast du so oder so. Allein durch die Umwandlungsprozesse, das ist natürlich korrekt. Wald getroffen, die ist längst entschieden. Das E-Auto ist die Technologie der Zukunft und wir können weiter den Kopf in den Sand stecken und sagen, das wollen wir alles nicht wahrhaben, wir wollen am Verbrennungsmotor festhalten. Dann entsteht der wirtschaftliche Schaden. Also aus beiden Gründen, Umwelt-, Naturkatastrophen, die Kosten durch Klimawandel, aber eben auch die verschlafene Transformation auf klimaschonende, grüne Technologien. Das ist die Gefahr für Deutschland, nicht die Energiewende per se. Ich muss da einfach nur um das als Bild nochmal zu verwenden, für alle, die uns da jetzt zuschauen, stellt euch doch mal vor, bei uns in Deutschland würden noch Dampflokomotiven fahren. Pferdekutschen, let's go! Ja? Also der Einzige, wenn du auch deine eigene Pferdekutsche noch hast in deinem Garten. TGV in Frankreich und wie heißt der in Italien, die haben ja auch so einen Schnellzug. Überall in Europa würde man elektrisch fahren, nur bei uns in Deutschland, wenn die Züge hier ankommen, dann muss die Lok gewechselt werden und bei uns geht's noch im Dampflok-Tempo. Das wäre nicht sehr witzig. Das wäre sehr witzig, ehrlich gesagt, als Kopfkino. Ich würde sagen, sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Das gibt's doch nicht. Also beim Zug haben wir es in Deutschland erlebt, wie diese Transformation sich vollzieht. Das war eben nicht auf einmal, aber irgendwann waren die Dampflokomotiven weg. Es ist heute nur noch was für nette Festivitäten, wenn man... Genau, es gibt glaube ich, für Touristenattraktionen gibt es das noch quasi, eine klassische Strecke mit einer Dampflok, meine ich, irgendwo. Ich hatte im Kopf, dass wir in Deutschland sogar eine Strecke haben, wo das so ist. Aber halt bewusst schon eher als Attraktion und nicht wirklich als reale Strecke. Brockenbahn im Harz. Ja, genau, ich glaube, das haben wir, glaube ich, sogar im Stream geschaut, doch, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben, glaube ich, so eine Doku dazu mal geguckt. Mal irgendwo, es gibt ja so verschiedene Miniaturbahnen, hätte ich fast gesagt, Schmalspurbahnen und so weiter. Aber es ist uns doch klar, dass uns das immer begleitet hat. Der Übergang auch bei verschiedenen Technologien im Haushalt. Wenn wir uns anschauen, wie heutzutage wie flach unsere Fernseher sind, damit meine ich jetzt nicht das Programm, sondern... Wo sorgt man eigentlich diese Batterien? Ich habe die kleinen Knopfbatterien. Ich habe selber ewig keine mehr benutzt. Du hast, glaube ich, in der EU weit mittlerweile die Regel, dass Supermärkte irgendwo so eine Ecke haben, wo du quasi die Sachen zwischenlagern kannst, wegschmeißen kannst gratis. Das ist quasi, wenn du bei den Kassen meistens, bei den Kassen dich umschaust direkt danach, hast du irgendwo da ein extra Fach für Batterien, wo du sie reinschmeißt. Mache ich auch einmal im Quartal quasi und werfe die einfach dann rein in meiner Box. Ich nutze dafür ironischerweise, was habe ich noch? Die ist eben in der Küche. Ich habe tatsächlich bei mir die Holzboxen. Die habe ich tatsächlich für den Zweck. Ich speise die ganzen alten Batterien rein und packe die einfach die Batterien quasi dann einmal im Quartal rüber. Also die Holzkernuhr nutze ich selber nicht, bin ich ehrlich. Ich habe die vielleicht, wenn ich mal unterwegs bin, noch mal da. Ich nutze die nicht selber. Also ist auch kein Partner mehr hier, weil ich halt eher den Fitness-Tracker benutze zum Zählen. Aber die Box, die ist schön, die finde ich gut. Die ist praktisch. Ich nutze die Box mehr als die Uhr. Spricht nicht für mich, fairerweise, aber ich meine immer das andere Zeug nehme ich von Holzkernuhr. Aber es ist uns doch klar, dass uns das
immer begleitet hat. Der Übergang auch bei verschiedenen Technologien im Haushalt. Wenn wir uns anschauen, wie heutzutage wie flach unsere Fernseher sind, damit meine ich jetzt nicht das Programm, sondern nur die tatsächliche Form. Die Qualität von verschiedenen elektronischen Instrumenten, die Miniaturisierung, die stattgefunden hat, das haben wir doch alles erlebt. Und warum sind wir jetzt ausgerechnet bei einem Produkt wie der sogenannten deutschen Premium-Limousine, sind wir so hartleibig und wir schaffen es nicht mal, diesen internationalen Übergang mitzugehen. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ja? Dieser Übergang war in der Vergangenheit immer unsere Stärke. Ja, genau. Das haben die deutschen Industrieunternehmen gesagt, wir sind führend. Ja. Wir bringen die neue Technologie als erstes auf. Und ich verstehe das auch nicht, weil Deutschland hat auch so viele Hidden Champions. Also, das verstehe ich aber bis heute nicht, muss ich sagen, dass man sich das auch querstellt, weil ja wirklich Deutschland lange historisch gesehen durchaus gut damit mitmachen konnte. Aber bei Digitalisierung konnte man halt wirklich gepennt aus irgendwelchen Gründen über Jahrzehnte. Das ist halt sehr schade. Holz ist die beste Aufbewahrung für entzündliche Batterien. Fairerweise, ich glaube, Master, wenn ich, egal ob ich jetzt in einer Plastikbox oder in einer Holzbox 60 Batterien reinschmeiße, die leer sind, aber noch ein bisschen Restladung haben könnten, wenn die sich entzünden, ist die Plastikbox, aber auch die Holzbox am Arsch, vermute ich mal. Also gehe ich jetzt mal im Zweifel davon aus. Ehrlich gesagt. Ich könnte mir eine Metallbox durchholen, die so leicht brennt oder so. Gucken, ob es damit geht, I guess. Aber habe ich bisher mir noch keine geholt. Auf dem Markt und verkaufen sie weltweit. Das ist die Grundlage für unseren Wohlstand. Dass wir so ein hohes Einkommen haben, dass wir so viele tolle Jobs haben. Und jetzt auf einmal wollen wir das Gegenteil machen, an alten Technologien festhalten, die eben nicht mehr nicht zukunftsfähig sind. Und das ist das Perfide, diese mentale Depression, dieses Kopf in den Sand stecken, sagen wir. Alte Munitionskisten sind super. Ich glaube, das wäre, also wenn ich jetzt hier wieder Besuch bekomme wie heute Abend und ich dann so eine alte Munitionskiste einfach im Wohnzimmer stehen habe, ich glaube schon, dass das ein etwas komisches Gespräch werden wird. Es wäre ein Eisbrecher für eine Diskussion, also für ein Gespräch. Wir würden am liebsten zurück ins Jahr 2018 gehen, da war die Welt noch in Ordnung. Wir wollen nicht in die Zukunft. Und das ist die größte Gefahr. Und jetzt positiv ausgedrückt, weil wir jetzt immer sehr Drohungen und Kosten reden, wenn es uns gelingt, wieder führend zu werden bei grünen Technologien, das ist ja ein riesiger Weltmarkt. Also das sind ja nicht wir die einzigen in Deutschland, die Klimaschutz machen wollen. Schaut man sich China an, die hatten ein riesiges Problem in den Städten mit Luftverschmutzung. Ja, haben sie immer noch fairerweise, Fratschen. Das ist nicht so viel besser geworden bisher, aber es ist besser als noch vor 10 Jahren, das stimmt schon, aber nicht viel besser. Feinstaub, Lärm durch fossile Energieträger, durch Nee, der Lärm ist aber besser. Der Lärm ist wirklich besser geworden. Das sieht man immer wieder bei Aufnahmen von Ebu-Livestream vor Ort, dass es halt viel leiser ist teilweise in Städten dort. Durch Kohlekraftwerke. Und wenn es uns gelingt, führend zu werden, dann ist das die Zukunft der deutschen Industrie. Und deshalb müssen wir jetzt unsere Stärken mobilisieren und das als Chance verstehen, nicht nur als Bedrohung. Der Punkt, dieses positive Narrativ, das ist mir sehr wichtig. Genau. Feinstaub kommt leider viel von Reifenbremsabrieb. Das stimmt schon fairerweise, aber es ist natürlich besser, wenn der Stickstoffkram weg ist und auch die CO2-Belastung, also das ist ja schon mal trotzdem eine nennenswerte Verbesserung, auch mit dem Lärm natürlich. Und der Lärm durch Reifen ist ja verhältnismäßig überschaubarer. Zwar auch vorhanden, das stimmt natürlich, aber nicht so schlimm, wie wenn jetzt einer hier Vollgas gibt mit dem Verbrenner und so. Das ist extrem wichtig. Ich glaube, hier findet eine merkwürdige Form von Selbstverzwergung statt. Ja, dass also deutsche Industrieunternehmen offenbar nicht mehr, auf Deutsch gesagt, die Cojones haben, um zu sagen, okay, da gehen wir mit, sondern sie haben viel zu lange, sind sie in der Kodak-Falle gewesen. Die Kodak hat ja immer Filme für Fotoapparate produziert und irgendwann hat mal jemand die Tür aufgemacht und gesagt, oh, die Leute fotografieren ja gar nicht mehr mit Fotoapparaten, die nehmen jetzt ihr Telefon. Keiner kauft mehr unsere Filme. Dragon hat ein A vor der Nase. Dieses Terra X. Sag mal, das hinsetzt sich oder wie? Und tschüss. Und das war's. Ja? Da hab ich einen Tee, und das ist tatsächlich ein ganz riesengroßer Fehler, wenn nicht geguckt wird. Und die Zeichen standen ja lange Zeit schon, waren ja deutlich. China hat früh genug gesagt, hört mal, Verbrennerlizenzen, die werden in Zukunft verlost werden. Bereitet euch darauf vor, dass wir es ernst meinen und dass wir natürlich aus diesen ganzen Gründen, die der Marcel eben auch angesprochen hat, das ändern werden. Und trotzdem haben wir es war ja noch interessanter, dass sogar die Verbrennertechnologie brauchte ja teilweise höchst
kostspielige Täuschungsmanöver, um ganz vorsichtig zu sein, damit sie überhaupt noch die entsprechenden Regeln und Gesetzesauflagen erfüllen konnte. Das ist ja noch mal irre, dass also die deutsche Automobilindustrie und insbesondere Volkswagen sich ja noch mal mit 30 Milliarden oder sowas auch noch mal enorm geschwächt hat, die sie natürlich an anderer Stelle viel, viel besser eingesetzt hätten, als das als Schadensersatz zu bezahlen. Also da muss man schon sagen, Freunde, jetzt macht euch mal, wie es so schön heißt, ehrlich. Sind große Fehler gemacht worden. Und dann immer wieder nach dem Staat, also nach der Gesellschaft zu rufen, jetzt helft uns und macht und so weiter. Ist schon ein bisschen, sagen wir mal, irgendwie absurd, wenn man es mal genau betrachtet, historisch. Das ist, glaube ich, das wird nicht der Weg sein, wie die sich da neu entscheiden müssen. Das wird. Ich habe hier zwei ganz interessante Fragen, die eigentlich so ein bisschen aufeinander sich beziehen. Einmal von Chris. Ich sehe unsere Wirtschaft am Sterben, sagt er, durch unsere Steuern und CO2-Abgabe, meint er, glaube ich, hier, und so weiter. Ländern, denen CO2 total egal ist, sind momentan einfach stark im Vorteil. Ich tue mich halt schwer mit dieser Aussage persönlich, weil erstens mal mag es ja sein, dass die Abgaben durchaus etwas erhöht sind, aber auch da, wenn ich mir so angucke, die Beispiele mit China oder USA und gerade wenn man sich da die Pläne ja anguckt bezüglich der Energieerzeugung, da ist es aber besonders eigenartig für mich, weil selbst wenn Trump versucht, Öl und Gas mehr zu pushen, ist trotzdem Solar und Wind am Dominieren dort. China ja, gut, China durch die eigenen Pläne ja genauso. Und das ergibt halt für mich dann wenig Sinn, sich dann da querzustellen bei den Themen, wenn ja nun mal offenkundig selbst dort, wo ja die Abgaben vielleicht geringer sind, was ja durchaus auch bei einzelnen Ländern stimmen mag, sich ja trotzdem machen. Das ist gefühlt Bauchgefühl. Also so dieses Argument, ne? Was meint er denn für ein Land, denen jetzt CO2 egal ist? Ja, das kann er gerne noch mal spezifizieren. Aber jemand anderes schreibt hier eigentlich was ganz Ähnliches. Dann müssten wir doch alle Länder global an einem Strang ziehen. So macht es keinen Sinn, wenn wir im Alleingang agieren, uns kaum einer folgt und damit unsere Wirtschaft leidet? Fragezeichen. Wenn es denn so wäre. Es wäre ja ein Argument, was die Diskussion kann man nicht führen, weil das ja nicht passiert. Das macht mich einfach wahnsinnig. Weil das ist ja so weit weg von jeder. Also, als jemand, der ja jedes Quartal hier die neuen Zahlen sich anguckt zu allem, denke ich mir immer, in was für einer Welt leben wir denn? Also, lebt ihr in derselben Welt wie der Rest der Welt? Weil das ist ja einfach nicht der Fall. Egal ob bei Wärme, bei Stromerzeugung, bei Mobilität, wo kommt das denn her? Also, das ist, was ich vorher meinte mit dem Argument von 2016 oder 15 von vor 10 Jahren, weil da hat das Sinn ergeben. Das ist immer auch bei dem Thema mit Kernkraft versus Solar und Wind. Ich hatte dazu, glaube ich, mal in meiner Quellenliste, das ist noch nicht fertig gemacht, weil ich einfach zu sehr mit den Videos beschäftigt war, aber ich kann es trotzdem vom Dev-Server kurz runterziehen. Wo ich da wo ich mit Grafiken gearbeitet habe und getestet habe, wo ich auch gezeigt habe, der Vergleich von Kernkraft und Erneuerbaren im Zubau, wenn man das mal gegenüberstellen möchte. So, mit dem jährlichen Zubau, das war, glaube ich, hier, genau. Wo man halt hier sehen kann, quasi in der Visualisierung, man sieht einmal den Anteil jährlichen Zubau von Gigawatt, von Erneuerbaren in grün und von Kernkraft in rot. Und ich meine, sorry, das ist halt ein Witz. Das ist ein fucking Joke. Also das ist ja nicht ernst zu nehmen. Also was ist denn das? Wir reden da hier von einem prozentualen Wert von 1% 2024. Wenn man das so gegenüberstellen möchte. So 1%, 2025 ist sogar noch weniger, weil ich glaube 25 waren 700 Gigawatt gewesen. Also daher, was führen wir da für eine Diskussion? Wo kommt denn das her? Das war ja vor 10 Jahren schon quatschig gewesen, die Diskussion. Die ist jetzt noch bescheuerter geworden im direkten Vergleich. Die Zahlen sind nicht ganz sauber aufgebaut. Ich muss eigentlich den fossilen Zubau auch noch mit einrechnen. Ich weiß, nur das macht mich halt wahnsinnig. Fossil ist oben drüber in einer anderen Grafik. Das war ein Testlauf gewesen. Ich wollte nur verschiedene Visualisierungen testen mit Observable Plot. Deswegen sind die Zahlen theoretisch nicht ganz fein. Das macht einfach wahnsinnig gefühlt, wenn der Rest der Welt sogar aggressiver ist als Deutschland teilweise. Also ja, nein. Also es ist ja so ein typischer, ja, sag du. Also ja, wir in Europa haben ambitioniertere Ziele auf CO2-Neutralität als Afrika oder andere Länder. Das wird auch häufig den Chinesen vorgeworfen, obwohl die Chinesen schnell Fortschritt machen. Aber es ist richtig, dass wenn wir ambitionierter sind, also sagen hier die CO2, der Stahl wird besteuert. Ja, wird einfach, weil Stahl sehr viel CO2 produziert, wird Stahl teurer werden. Wenn jetzt aber aus Korea, aus China, aus anderen Ländern, aus Indien billiger Stahl kommt, weil eben der CO2 dort nicht bepreist wird, dann kann das natürlich ein Nachteil für europäische Unternehmen sein. Also der Punkt ist valide.
Jetzt hat man in Europa gesagt, wir versuchen das auszugleichen durch einen Grenzausgleichsmechanismus mit der schönen Abkürzung CBAM auf Englisch. Heißt im War klar, dass dieser linksgrüne Tag sich wieder auf Fakten und Logik beruft. Finde ich halt sinnvoller für einen Diskurs. Man muss ja nicht dasselbe Fazit rausziehen aus den Daten, aber man sollte wenigstens ein gemeinsames Datenfundament haben, weil die Frage, warum macht das Deutschland, wenn sonst keiner macht, ist halt, da weiß ich halt direkt, das ist halt nun mal einfach jemand, der noch im Jahr 2015, 16 lebt, wo er einfach zeigen muss, hey, so sieht es mittlerweile nicht mehr aus. Der Rest der Welt macht sehr viel mehr in der Richtung, weil es einfach Sinn ergibt. Prinzip, wenn jemand Stahl hier verkaufen will, sagt man, okay, was habt ihr da an CO2-Bepreisung? Habt ihr nicht gemacht. Dann setzen wir als Einfuhrzoll das Äquivalente drauf, sodass es ein fairer Wettbewerb mit europäischen Unternehmen ist. Jetzt andersrum ist es ein bisschen schwieriger, wenn jetzt ein deutsches Unternehmen für CO2, sagen wir mal, Stahl exportieren wollte, was teurer ist, dann sind die natürlich im Weltmarkt weniger wettbewerbsfähig. Und auch da versucht man einen Mechanismus zu finden, damit dieser Wettbewerbsnachteil nicht passiert. Also insofern gebe ich dieser Kritik recht. Ja, wir müssen es global denken. Wir können aber auch jetzt uns nicht von jedem Land erpressen lassen und sagen, wir machen nicht mit. Und wahrscheinlich ist USA gemeint. Donald Trump ist aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen. Die Klimaschutzabkommen wollen genau das verhindern. Die wollen sagen, wir haben alle ein gemeinsames Abkommen, wir alle haben ein gemeinsames Ziel. Wobei ich sagen muss, ich meine, Donald Trump und seine wirtschaftliche Bilanz ist ja auch nicht gerade so prickelnd, um es mal nett zu formulieren. Wir verteilen auch Geld an die ärmsten der armen Länder, dass die das auch machen können. Also das ist eine Gefahr. Und da ist ja die Antwort nein, das, was ich eben gesagt habe, wenn wir wirklich führen werden bei den Technologien, ist das langfristig ein riesiger Vorteil. Weil alle Länder, es gibt doch kein Land, das sagt, ich habe den Klimawandel nicht. Doch. Und andere vielleicht noch stärker als wir. Und so gesehen, ja, man muss es ernst nehmen, dass die Unternehmen nicht an Wettbewerbsfähigkeit deshalb verlieren. Dafür gibt es die Mechanismen. Aber gleichzeitig müssen wir das als auch Chance verstehen und eben deutlich schneller werden. Und wir sind ja immer noch unter den exportstärksten Nationen der Welt. Es ist ja nicht so, dass wir hier jetzt da stünden und kurz vor dem Abgrund wären. Ganz im Gegenteil. Wir sind ein Land mit Optionen. Wir könnten ganz anders, wenn wir wollten. Und darüber sprechen wir eigentlich. Wo ist eigentlich der Wille? Der Wille. Das ist halt die Realität. Dieses Selbstverzwergen, wie Sie es auch vorher gesagt haben, werde ich nie nachvollziehen können. Weil das ist halt, glaube ich, auch ein Grund, warum ich halt die progressiveren Parteien mehr mag, wie die Grünen und die Linken halt, dass die aus meiner Sicht ein viel besseres Zukunftsbild haben, im Sinne von, dass man wirklich versuchen muss, auf was hinzuarbeiten, weil so Drecksparteien wie die AfD, die halt eher dafür sorgen, dass alle weniger Geld in der Tasche haben, wollen ja mit purer Panikmache argumentieren. CDU, CSU sind eine reine Stagnationspartei und kriegen auch nichts geschissen und labern halt einfach nur faktenfreien Unsinn. SPD ist eine Kaugummipartei und Co. Und das war so mein Eindruck gewesen, die beiden Parteien arbeiten halt mal auf was hin. In irgendeiner Form. Für irgendwas mal. Dazu wirklich Zukunft zu gestalten, zu sehen, was sind die Optionen, die jetzt aktuell auch wichtig werden. Für mich ist zum Beispiel der Gamechanger bei dem Thema Energiewende sind die Batterien, die großen Batterien. Weil die kann man für alles Mögliche einsetzen, vor allen Dingen nicht nur zur Energiespeicherung, zur Stabilisierung unseres Energiesystems und so weiter. Also da ist ja richtig was zu holen. Ja. Und ich habe vor ein paar Monaten auch mal in dem ZDF-Kommentar ja geschrieben, wo ist eigentlich das deutsche Manhattan-Projekt? Nämlich die Batterie. Das wir alles, was gerade bei Natrium-Ionen, also das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil Natrium ist ja was, wo Deutschland erst recht darauf zurückgreifen kann. Lithium zwar theoretisch auch mit dem europaweit größten Vorkommen, nur Natrium ja erst recht. Das können wir ja machen. Lithium hat man zwar verpeilt, aber Natrium wäre doch geil und nice to have. Ich meine, das ist der nächste heiße Scheiß jetzt, der kommen wird, weil es günstiger ist als Lithium-Eisenphosphat. Daher rein da, let's go. Was wir haben, zusammentun und eine Batterie auf dem Weltmarkt anbieten, die einfach die absolute, also eine Premium-Batterie, weil das wird auf jeden Fall wichtig. Erneuerbare Energien funktionieren nur mit entsprechender Speicherung und den Netzen. Ja. Bei dem Netzausbau, da haben wir noch was zu tun, aber bei dem ist das Problem nicht eher der Anteil der seltenen Erden. Du musst bedenken, Metall der seltenen Erde sind klar definierte Ressourcen und in Akkus hast du keine einzige Metall der seltenen Erden drin. Keine. Null. Also weder Neodym, Brasidium oder irgendwas, nichts davon. Das heißt, das ist also da kein Thema. Metall der seltenen Erden sind klar definiert. Das ist meist so bei Windkraftanlagen, Neodym zum Beispiel, oder bei E-Auto-Motoren ist das manchmal, also BMW hat zum Beispiel eine Lösung ohne seltene Erden, aber da kein Weltuntergang. Nee, Kobalt in NMC ist vorhanden. Bei Lithium-Eisenphosphat ist keins drin. Bei NMC-Lithium-Ionen-Akkus, Nickel, Mangan, Kobalt ist es drin. Aber ja, Lithium-Eisenphosphat und Natrium hat auch keinen Kobalt drin, genau. Natrium hat auch keinen Kobalt drin, ne?
Welche Akkutechnik würdest du denn setzen wollen? Okay, Quatsch. Für die Speicher, also für die Großspeicher Natrium-Ionen, für die E-Auto-Akkus wahrscheinlich Lithium-Eisenphosphat, weil die Energiedichte von Natrium noch nicht so gut ist. Und bei Akkuspeichern, also bei Großakkuspeichern ist die Energiedichte relativ egal. Da spielt das ja keine so große Rolle, fairerweise. Klar, desto mehr Platz brauchst du, schon nicht ideal, aber naja. Wird Helium nicht gebraucht. Helium ist kein Metall der seltenen Erde. Also nicht mal ein Metall, abgesehen davon. Also dementsprechend untergeordnet. So, es spielt eine andere Rolle. Daran Rede vom heutigen Stand. Ja, genau. Ich habe jetzt keine Wunschtechnologie, dass vielleicht irgendwelche Forschungsakkuchemie noch besser werden, weil Natrium ist ehrlich gesagt von dem, was bereits drin ist, schon fast eine Sache, die top ist. Sehr super geringes Brandrisiko, super gute Verfügbarkeit, eine der häufigsten Ressourcen auf der Erde, in der Erdkruste. Weil Natrium ist, glaube ich, Top 5, Top 6 oder so, glaube ich, drin. Und dementsprechend, man kann weiter an anderen Akkuchemien forschen, immer gerne. Ist immer super, wenn man was Neues findet vielleicht. Nur, ich habe den Eindruck, dass mit Natrium dürfte relativ durch sein, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Deswegen, also. Oh mein Fennec, moin moin. Was habe ich überlesen hier? Bist du aber nicht technologieoffen? Nein, Jens Spahn, ich bin nicht technologieoffen. Batterien könnten wir anderen das liefern. Und das Tolle an dieser Technologie ist die Skalierbarkeit. Wir reden hier nicht über Anlagen, die riesengroß sind und aus 100.000 Teilen bestehen, sondern wir reden über normierte Anlagen, die dann natürlich auch in dem Preis entsprechend billiger werden, je mehr wir davon produzieren. Das heißt, der ökonomische Erfolg dieser skalierbaren Technologien ist praktisch vorprogrammiert, wie du sagst, weil ja alle das machen wollen. Die wollen ja alle unabhängiger werden von irgendwelchen Verrückten, die dann sagen, Drill, Baby, Drill, oder die irgendwelche Kriege vom Zaun brechen und so weiter, die ihre eigene Sicherheit haben wollen. Diese dezentral vernetzten Energiesysteme sind viel resilienter gegenüber äußerem Stress und so weiter. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, Deutschland, jede Kommune hätte seinen eigenen Energiespeicher. Wäre halt schon echt geil. Weil wenn da mal solch ein Stromausfall stattfindet, dass der Akkuspeicher einspringen kann, vielleicht wirklich für so 1, 2, 3 Tage im besten Fall, das vielleicht auch auffangen könnte. Gut, 3 Tage ist übertrieben, aber dann im Notfall quasi einspringen kann, bis dann halt eben die anderen Hilfskräfte vielleicht dann eigene Akkuspeicher mobile transportieren können zum weiteren Versorgen. Wäre ja ganz geil, wäre schön. Ich denke immer an sowas wie Feldheim oder den Rhein-Hunsrück-Kreis, die es sehr gut gemacht haben mit ihren Lösungen, wo halt sehr viel schon möglich ist. Und das wäre halt tatsächlich für Städte eine Riesenhilfe und ein Riesen-Upgrade, weil dann so Situationen wie in Berlin nicht passieren würden. Das wäre schon mal geil. Vor der Tür. Um für eine gewisse Zeit eben tatsächlich auch diese Energie und vor allen Dingen jeden Tag tagsüber die Sonnenenergie zu speichern, um sie nachts zu verbrauchen. Meine Güte, das kann sogar ein Geschäft werden. Ja? Das heißt, da ist richtig, es gibt schon viele, ich will nur sagen, es gibt viele funktionierende Ideen, die in Fragmenten auch in anderen Ländern schon gemacht werden. Warum sollen wir nicht das Land sein, was all diese positiven Ideen zu einem großartigen Projekt vereinigt? Das wäre super. Ich bräuchte eine Strategie. Und das ist unsere größte Schwäche. Ja. Ich will jetzt nicht zu sehr China loben, aber China hat eine Strategie. China sagt staatlich, okay, wo wollen wir hin? Was brauchen wir? Welche Infrastruktur? Was muss der Staat machen? Was müssen die Unternehmen machen? Und wer liefert die Batterien heute? Für die Automobilisten ist China. Und Ist halt ein Problem, ne, muss man klar sagen. Ist halt ein Riesenproblem. wir haben uns eine viel zu hohe Abhängigkeit von China bei kritischen Technologien, bei seltenen Erden, von Russland, von Gas und Öl, von USA bei Sicherheit, anderen Dingen begeben und haben immer nach dem Prinzip Hoffnung gehandelt, wird schon irgendwie gut gehen, und realisieren jetzt, wir haben diesen Riesenfehler gemacht, wir haben keine Strategie. Und das müssen wir dringend ändern. Und dafür braucht es wirklich eine breite Perspektive, es braucht eine europäische Perspektive, wir müssen raus aus diesem deutschen Denken. Und da können wir eine Menge von anderen lernen. Und diese Strategie, wie du sagst. Ich finde es sowieso noch verrückt, und dass eine Batterie ein ganzes Auto bei 100 Kilometer schiebt, will ich sagen, magisch, aber vielleicht unheimlich. Es ist halt eine Gewöhnungssache. Ich musste gerade lachen über Quatschnamens Kommentar dort. Das allein sollte einem zu denken geben, ob man da nicht einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist. Quatsch da wieder mit den normalsten Kommentaren heute. Also alles wie immer. Das ist alles zusammenzudenken. Das ist im Augenblick noch nicht vorhanden. Das auf einem europäischen Energiemarkt sogar schon auch wirklich so als Modell schon das ist ja. Ich finde es gerade schön, dass wir auch so ein bisschen konkret werden, weil ich glaube, wir sind sehr viel so auf der Metaebene, was natürlich total spannend ist. Aber ich spüre schon auch, um das so ein bisschen selbst zu reflektieren, so ein bisschen die Kritik. Hier schreibt zum Beispiel jemand, 3 gut verdienende Menschen unterhalten sich über Dinge, die sie selbst kaum betrifft.
Das ist halt, wobei das ist unfair, weil solche Löcher hat er mit den Energiegenossenschaften den Stärken dort gute Anreize gegeben, die natürlich auch Leute in einkommensschwachen Haushalten natürlich stark helfen würde, wenn man da halt eben günstigeren Strom bekommen würde. Ich würde behaupten, das machen die 3 eben nicht. Das würde ich behaupten. Ich meine, Fratscher hat es gerade eben ja noch mal klargestellt zwischen dem allgemeinen ökonomischen Denken und dass das natürlich in der Praxis so nicht geht. Und das ist halt, ich gehe davon aus, das wird ein Nutzer sein, der erst seit ein paar Minuten zuguckt. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, weil die ganzen Limitationen nicht gehört hat, der Beteiligten gerade hier. Weil auch so Sachen wie Klimawandel betrifft natürlich auch betrifft ja alle. Also ist ja auch Quatsch, abgesehen davon. Deswegen. Und die Diskussion ist auch nicht falsch. Also. Was ist hier nochmal dabei? Ich sehe gerade die Videotitel, die Abgründe der CDU Geldverschwendung. Denkt mir immer nur, das strengt das Thema kaum ein. Es könnte immer noch um alles gehen. Ja, die Abgründe der CDU Geldverschwendung ist wirklich, da hast du hunderte Beispiele mittlerweile. Auch in dieser Legislaturperiode hast du schon wieder ein gutes Stück, wenn man so an Katharina Reiches Bullshit denkt, leider. Ärgerlicherweise. Auch reiche Menschen können vernünftig für alle argumentieren. Ja, und man darf auch nicht vergessen, gerade bei der Energiewende, es geht ja auch wirklich darum, dass Leute eben nicht in diese Abhängigkeiten reingeworfen werden bezüglich Gas und Öl, dass man die Leute halt nach und nach da rausholen kann und da wird man halt den Staat brauchen, weil ja, nicht jeder kann sich eine neue Heizung leisten. Die meisten dürfen sich gar nicht aussuchen, welche Heizung sie haben, weil sie der Mieter sind. Und nur weil sie Geld verdienen, ist das Argument auch erstmal nicht inhaltlich falsch im ersten Moment. Das ist ja keine logische Schlussfolgerung. Genauso wie ein Argument nicht falsch ist, nur weil jemand ärmer ist das Argument auch nicht automatisch falsch oder richtiger, weil jemand reich ist. Das ist irrelevant. Jemand anderes schreibt, diese Diskussionsrunde ist mir zu aristokratisch. Mit einem Smiley aber. Also lasst uns vielleicht das irgendwie ernst nehmen, ne? und uns fragen, was ist es denn konkret, also über wie viel Geld für jeden, also wer zahlt das? Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Also wir haben ja einmal das Ding der Industrie, wir haben den Staat, woher kriegen wir, ist es alles über... Mein Gedanke dabei ist ja, mache ich ja kein Geheimnis daraus, dass ich extrem ordnungspolitisch da rangehen wollen würde, weil es halt nun mal, der Staat bezieht sein Geld von den Steuerzahlern unter anderem, aber kann eben auch viel Geld leihen und in der Hinsicht ist es halt sehr sinnvoll, wenn man sich gleichzeitig als Konservativer aufregt, wie viel Geld quasi ausgegeben wird, dass man kein Einnahmen, sondern Ausgabenproblem haben würde, würde ich halt argumentieren, dann wäre es doch erst recht sinnvoll, die Ausgaben weiter zu senken durch eine elektrifizierte Welt. Eine aggressiv digitalisierte Welt, weil du damit die Kosten stark senken kannst. Aber das geht dann auch irgendwie nicht aus irgendwelchen Gründen. Bei dem Thema merke ich immer wieder, wie gut die konservative und rechte Propaganda verfängt. Das ist alles zu abgehoben und zu teuer ein Elitenthema. Ja, Appius leider. Das ist das Ärgerliche dahinter. So, die Aktionäre von EMBW, RWE freuen sich über solche Kommentare, weil das dann gefühlt für die ein Erfolg ist. Leider. Weil die Realität ist halt nun mal, dass die Gutverdienenden dadurch tatsächlich weniger Einnahmen kassieren könnten, wenn Leute halt einen Teil ihrer Grundbedürfnisse und Energieversorgung selber abdecken könnten und damit eben Konzerne wie RWE, Shell, BP, Total halt weniger Geld verdienen würden. Das wäre halt schon mal ganz nett. Wäre halt schon gut. Im Zweifel geht das nicht wegen Datenschutz. Na gut, als jemand, der für die damaligen Job in die Schulung für den Datenschutzbeauftragten durchlaufen hat und den dummen Fehler gemacht hat, der Firma zu erklären, dass ich in der Datenschutzbeauftragten-Schulung gelernt habe, dass unsere Firma zu groß ist dafür, dass wir einen internen Datenschutzbeauftragten haben dürfen. Hätte ich nichts gesagt, hätte ich das bezahlt bekommen von der Firma, hätte mich als Datenschutzbeauftragter qualifizieren können. Und ich bin so dumm und erkläre es doch dem Chef, dass ich das gar nicht darf für uns. Steuern. Hier schreibt aber auch jemand, sollten wir nicht einfach mehr Schulden machen, um die ökologische Wende Ab einer gewissen Größe brauchst du einen externen dafür, nämlich leider. zu schaffen. Also woher nehmen wir das damals war das Geld, ohne dass eben Menschen das Gefühl haben, sie sind abgehängt und wir polarisieren immer mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, die ehrliche Antwort ist völlig richtig. Die ehrliche Antwort ist, für diese Übergangsphase, ja, wir reden ja wirklich Transformation in eine neue Welt, die halt wirklich nachhaltig ist, die eben auch hoffentlich in künftigen Generationen 100 oder 200 Jahren eine lebenswerte Zukunft ermöglicht, müssen wir heute Dinge anders machen. Und diese Anpassung ist schmerzvoll. Die heißt, wir müssen Infrastrukturen aufbauen, das heißt, wir haben dann weniger Geld für andere Dinge. Heißt auch, das muss man auch so ehrlich sagen, ein Stück weit Verzicht. Denn wenn ich mehr brauche, um neue Windkraftanlagen zu bauen oder Solarpanelen oder Netz. Ich will da widersprechen, weil in meinen Augen eine höhere Aufnahme von Schulden, die sich ja ökonomisch lohnen würde und Co., sorgt dafür, dass man eben keinen automatischen Verzichter haben muss. Gerade bei so einem Investitionsthema. Gerade wenn du Notstand erklären kannst aufgrund der Energiekrise, da würde ich vehement widersprechen, weil es so ein bisschen von begrenzten Ressourcen dort spricht, was in meinen Augen einfach nicht stimmt. Nicht in dem Kontext. Also basierend darauf, wie viel Geld man investieren muss, um den Leuten gerade zu helfen, damit sie über die Runden kommen. Wir haben ja gerade im Bundestag immerhin was dazu angeschaut. Und ich meine, die Tabaksteuer soll ja erhöht werden, um das zu kompensieren.
Also, das würde ich gerade beim aktuellen Thema vehement widersprechen sogar, weil das irreführend ist. Aber vielleicht ist es wieder so eine allgemeine versus wie es jetzt gerade real aussieht, Diskussion von ihm, was ich ja eben meine, dass Ökonomen das sehr gerne mal machen, dass sie so ein bisschen zwischen dem allgemeinen ökonomischen Prinzip sprechen und dann erst über die aktuelle Lage eigentlich reden, was dann ein bisschen merkwürdig ist. Sind eigentlich die E-Autos gesund wegen der elektrischen Felder, die erzeugt werden? Du meinst quasi wegen Strahlenbelastung oder irgendwas in der Richtung. Es ist zwar messbar, dass das eine Batterie ein entsprechendes Feld halt hat, aber nicht irgendwie in irgendeiner Form gesundheitsschädlich bisher, nach meinem Wissensstand. Also da hast du viel mehr Besorgnis durch andere Komponenten, da ist ein E-Auto überschaubar, nach dem, was ich zur wissenschaftlichen Grundlage weiß. Es gab mal eine Studie, wo es darum geht, wenn du das Auto anschaltest, dass theoretisch bestimmte Grenzwerte überschritten werden können. Das Problem ist nur, die Leute, die diese 400-Seiten-Studie nicht gelesen haben, dass sie übersehen haben, dass da sogar dick und fett sogar drin steht, bei Verbrennern und E-Autos. Dass das ein generelles Problem bei Fahrzeugen ist, wenn man den Motor anschaltet und eben nicht grundsätzlich bei E-Autos alleine, sondern dass man halt eben da generell drüber gucken muss. Das ist die einzige Studie, die mir dazu gerade einfällt, die das mal behandelt hatte. Der Rest hat meines Wissens nach keine nennenswerten realen Schäden dargestellt. Und ja, Strahlung als elektromagnetische Wellen oder Felder zu bezeichnen, ist natürlich ein bisschen irreführend. Ich denke, man weiß, was ich meine bei dem Thema. Aber stimmt schon, wenn man es fachlich sehen möchte, war das falsch formuliert. Zu bauen, dann habe ich weniger Geld für andere Dinge. Und wenn ich die CO2-Bepreisung mache, das, was ich gesagt habe, Preise müssen die Kosten widerspiegeln, werden manche Dinge teurer werden. Auch beispielsweise der Konsum von Fleisch war eigentlich ein sehr konkretes Beispiel. Stimmt, ja. Und das erfordert von uns erst einmal eine Anpassung zu realisieren. Das ist ein hochemotionales Thema, Fleisch, habe ich gelernt. Aber zu realisieren, okay, wenn ich jetzt nicht jeden Tag Fleisch esse, kann es mir trotzdem gut gehen. Ich muss mich so ein bisschen verändern. Aber klar ist auch, manche Dinge werden teurer werden. Und das heißt ein Stück weit Verzicht. Wir müssen an unserem Konsumverhalten etwas verändern. Ich sehe schon kommen, aus diesen 70 Minuten wird quasi jetzt dieser Satz rausgeschnitten werden, um zu sagen, das Einzige, was man mit der Energiewende machen kann bei der Energiekrise, ist verzichten, um es in die Irre zu führen mal wieder. Und das verlangt den Menschen etwas ab. Und das so ehrlich muss man sein. Also über die nächsten 10, 15, 20 Jahre werden wir diese Transformation nicht ohne Anpassungsschmerzen, Anpassungskosten hinbekommen. Es verlangt von den Menschen etwas ab. Und dann ist wieder die soziale Frage. Wer kann sich's leisten? Vermute ich mal, ja. Die Kritik ist richtig. Hier sitzen alle 3 Besserverdiener, die jetzt nicht dreimal überlegen müssen, ob sie sich das Stück Fleisch kaufen können. Aber wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, wo wir die Menschen mitnehmen. Und meine größte Sorge heute ist, dass diese ganze Transformation scheitert, weil die soziale Akzeptanz nicht da ist. Die Menschen sagen, ich mache das nicht mit. Und das ist halt das Frustrierende für mich, weil ich würde halt sagen, da ist es halt wirklich sinnvoll, Staaten massiv reinzubuttern, um die Leute mitzunehmen. Bei Sachen, ich mag halt nicht das als Verzicht zu kommen und zu bezeichnen, weil es halt eine Veränderung einfach ist. Und eine Veränderung muss nicht automatisch mit Verzicht, eine Veränderung muss nicht automatisch negativ konnotiert sein bei dem Thema. Und ich würde argumentieren, gerade bei diesen Themen, man kann jetzt ja argumentieren bei sowas wie E-Autos, wenn der Staat da einspringen würde über Social Leasing, dass auch die einkommensschwache Haushalte reinkommen. Da gab es so diesen lustigen Kommentar gerade hier im Chat, den ich sehr witzig fand. Im Elektroauto ist die Strahlung viel höher als beim Verbrenner, immer an der Tanksäule und bei der Ampelbeschleunigung im Gesicht der Fahrer. Also, weil das ist ja nicht automatisch dann eine negative Veränderung oder ein Verzicht zum Beispiel oder auch bei den Lebensmitteln genauso. Beispiel, das ist jetzt aber fairerweise viel mehr Geschmackssache natürlich. Ich kann nur für mich selber sprechen, seit ich halt zum Beispiel Nuggets aus Reis esse, also Reis-Nuggets statt Chicken Nuggets, schmeckt 1:1 genauso, trotzdem weniger Fleischkonsum. Weil das die Panade ist, die man schmeckt. In 90% der Fälle und die Soße fertig. Also als ein Beispiel. Da in Anführungszeichen zu verzichten auf etwas oder was zu verändern, ist doch kein Genickbruch. Oder was war das gewesen hier? Die Reisnuggets von Penny mag ich sehr gerne, die esse ich sehr gerne. Oder was es noch gibt, zum Beispiel, oh Gott, ich hab's vergessen, Fleischersatz auf Sonnenblumenkern oder Ölbasis, nicht Sonnenblumenöl, Quatsch, Kernbasis zum Beispiel. Schmeckt für mich besser sogar, ironischerweise. Also, oder so vegan Leberwurst. Ich habe normale Leberwurst nie gegessen, aber vegan schmeckt gut. Muss ich alles auf 100% umstellen und gut ist, passt schon. Also, kein Weltuntergang hier. Das ist halt so, wo ich mir denke, das ist eine Veränderung, ja, aber eine Veränderung muss ja nicht automatisch problematisch sein. Was ist denn das? Das ist doch jetzt kein Weltuntergang, bringt doch keinen um. Meine Güte. Ich mache nicht mit, dass ich jetzt so viel mehr Dinge für Kosten habe für Lebensmittel oder das Autofahren so viel teurer wird oder das Heizen so viel teurer wird. Ich mache das nicht mehr mit. Und wir müssen, wenn wir diese Transformation hinbekommen wollen, die Menschen mitdenken. Und das gilt vor allem für die Menschen,
die eben nicht sagen können, das kann ich mir locker und leicht leisten, die höheren Kosten zu stemmen. Und deshalb haben wir am Anfang über Klimageld gesprochen, sehr konkrete Dinge. Ja, genau, Klimageld oder generell, wie gesagt, ich werfe so schließlich mal rein, weil das die beste Maßnahme für Mobilität in meinen Augen ist. Also rein da, let's go. Wie man Menschen ganz konkret, zielgenau, Menschen mit weniger Einkommen, mit weniger Flexibilität finanziell helfen kann, das zu stemmen. Also da gibt es konkrete Vorschläge und das müssen wir deutlich ernster nehmen. Also diese soziale Akzeptanz, die fehlt heute, die Menschen mitzunehmen. Und das ist das größte Scheitern der Politik und auch der Unternehmen, das nicht zu tun. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wird die Energiewende scheitern, weil die Menschen sagen, ich bin nicht gewillt, diese Kosten zu tragen. Und wie findet man die Argumente, dass das nicht, also allein das Wort Verzicht löst ja schon was in Menschen auf. Ist halt eine Kommunikationsfrage. Das ist reines, wie gesagt, ich sage immer Veränderung dazu, Verzicht ist halt unnötig, weil Leute Verzicht immer gleich mit Degrowth kombinieren und mit Deindustrialisierung, mit Weltuntergang sehen, obwohl das nicht notwendig ist bei dem Thema. Ihr macht ja beide auch Wissenschaftskommunikation, wie wir sie jetzt hier, also wie kriegt man das hin, dass das eine Akzeptanz findet? Den Begriff Wandel benutzen. Das Leben ist ein permanenter Wandel und Co. mit dauerhafter Veränderung regelmäßig. Die Menschheitsgeschichte ist von Wandel geprägt durch Veränderungen und Co. Und dann weniger Begriffe benutzen, die, sagen wir mal, groß als negativ konnotiert sind und dann reinhalten damit. Ehrlich gesagt, mit konkreten Beispielen der Verbesserung, dann geht das schon. Also, denke ich. Wenn es kurzfristig etwas mehr kostet, auf der anderen Seite aber ja vielleicht auch eine Sicherheit bringt, nicht nur langfristig, sondern auch, ich meine, schauen wir uns die aktuelle Energiekrise an, ne, uns ja auch befreit von Abhängigkeiten. Also wie würdet ihr sagen, Wenn ihr übrigens das Argument hören solltet, dass zum Beispiel argumentiert wird, man ist dann zwar nicht abhängig von Gas und Öl, aber abhängig von China wegen der Komponenten. Das einfachste Gegenargument ist, dass heutige Akkuspeicher auf Großspeicherebene 20 Jahre halten und Photovoltaikmodule gerade auf Glas-Glas-Basis, die halten 30 plus Jahre. Und es ist natürlich ein massiver Unterschied, ob zum Beispiel durch eine Abhängigkeit in 20 oder 30 Jahren die massiven Probleme auftreten würden oder direkt am nächsten Tag, wie jetzt im Fall von der Straße von Hormuz, dass direkt am nächsten Tag die Preise erstmal 30% teurer geworden sind. Ich denke mal, das ist relativ einfach sogar dann zu argumentieren, weil das kann man sich ja vorstellen. Wenn die Problematik erst in Jahren auftreten würde, ist das Kacke, ja, aber du kannst trotzdem immer daran arbeiten, Alternativen zu finden über die Jahre und aufzubauen, notfalls eine eigene Produktion aufzubauen. Und ich meine, wenn der Spritpreis nur bis 12 Uhr hält und die Photovoltaikanlage 30 plus Jahre hält, das ist schon ein Unterschied. Deswegen finde ich dieses Argument auch immer ein bisschen affig, wenn Leute halt sagen, das dauert viel zu lange, weil wie auch Wetterdoktor gerade richtig schreibt, wie oft kann man das Erdöl wiederverwenden, ne? Also das ist halt, das ist schon ein kleiner Unterschied, ne? Photovoltaik und Akkus bringen immer wieder mal Strom und Erdöl und Gas wieder zu verwerten wird schwer. Und das ist aber Diskussion, hat bei mir bisher immer geholfen, Leute zu erzählen, warum das halt Sinn ergibt. man dass das durchsetzbar ist? Also zuallererst Ehrlichkeit. Das, was ich allen Parteien im Bundestag vorwerfe, ist im letzten Jahr im Wahlkampf, dass sie die Bürgerinnen und Bürger betrogen und belogen haben. Alle haben große Steuersenkungen versprochen. Die Ja gut, ich glaube die Grünen nicht, soweit ich weiß, aber die meisten CDU schon. 100 Milliarden, die FDP 180 Milliarden Euro. Auch Ja, Grüne und Linke waren eigentlich human. Linke haben es gut gegenfinanziert. Grüne hatten, glaube ich, 10 bis 15 Milliarden Minus, aber das war okay. SPD und Grüne massive Steuersenkungen. Wir geben Nee, das stimmt so nicht. Sorry, das ist gelogen. Die Grünen hatten den niedrigsten Posten gehabt, von denen die einen Ersparnis angegeben euch haben. mehr Geld. Es wird euch besser gehen. Und dann ein Jahr später realisieren die Leute, oh, Moment mal, also erstens habe ich nicht mehr Geld in der Tasche, zweitens sollen jetzt Dinge teurer werden, Steuern sollen erhöht werden. Und dass die Leute sich da veräppelt fühlen, auf gut Deutsch, kann ich total verstehen. Also da geht es Vor allem gibt es keinen Sinn, die Grünen haben wie die Linken eine Vermögensteuer gefordert. Also, what? um Ehrlichkeit zu sagen, da müssen wir hin. Wieso müssen wir dahin? Weil nur so wir gute Arbeitsplätze in Deutschland sichern können, nur so wir leistungsfähige Unternehmen, Industrieunternehmen in Deutschland in der Zukunft haben werden, nur so unsere Automobilbranche überlebt und nur Ich glaube, das muss wirklich ankommen bei manchen Leuten, weil das ist, denke ich mal, einige gehen davon aus, es ist halt eine Wahl zwischen wir machen weiter wie vorher oder wir stellen halt um und diese Option mit weiter wie vorher machen gibt es nicht. Die existiert einfach nicht. Das ist einfach nicht vorhanden. Das ist Käse. Und das ist halt so, glaube ich, echt das Problem, dass es bei vielen Leuten einfach nicht angekommen ist bisher, leider. Was ist hier nochmal dabei gerade? Im Zusammenhang habe ich auch schon Menschen ihre Ängste darüber zum Ausdruck bringen hören, dass die Chinesen über irgendwelche in PV eingebauten Chips im Kriegsfall alle von sich abhängig machen wollen. Da zum Beispiel Purin, das wäre eine Sorge, da bin ich sogar sehr tiefenentspannt, weil das verstehe ich.
Mein Ansatz wäre dahinter zum Beispiel eine viel aggressivere Digitalpolitik dort zu fahren, im Sinne von, wir packen zum Beispiel Maintainer von Open-Source-Lösungen, zum Beispiel können gemeinnützig das machen, das eben aufbauen, Kapazitäten, Kompetenzen, das neben den CCC auch andere Clubs vielleicht sich aufbauen, die dann halt viele Sachen selber versuchen zu warten, dass man zum Beispiel auch da eine viel offenere Digitalpolitik fahren zum Überprüfen, Pen-Testing und Co., dass man bei Photovoltaik oder bei kritischer Infrastruktur eine Open-Source-Pflicht voranbringt, dass man wirklich ein eigenes Betriebssystem draufspielen kann, was vielleicht dann durch entsprechende gemeinnützige Strukturen bei Digitalisierungspolitik vorangetrieben werden kann. Da gibt es ja Ansätze und Ideen, die man umsetzen könnte dafür. Man muss da halt wiederum auch ordnungspolitisch rangehen, weil der Markt in Deutschland wäre zu groß, dass sie dann auch die chinesischen Konzerne da reinhalten würden und sagen, okay, wir bieten euch die Open-Source-Lösung an als Alternative zu unserer Cloud-Lösung. Das kann man ja ordnungspolitisch regeln, weil das kann der Markt nicht regeln, das wird der Markt auch nicht regeln. Das wäre dann halt überprüfbar. Das könnte man dann auf die Art und Weise überprüfen. So sorgt man auch dafür, dass generell viele Softwarelösungen und Hardwarelösungen besser überblickt werden zum Beispiel. Und das wäre halt für mich auch eine inhaltliche, sinnvolle Lösung. Deswegen. So, hardwareseitige Backdoors sind allerdings schon lange nicht mehr auf Software-Ebene, wenn sie gut sind. Sorry, also als jemand, der durchaus auch schon den einen oder anderen Wechselrichter direkt vor Ort gesehen hat, Quatschname, die Dinger sind nicht irgendwie versteckt oder eingeschmolzen. Das kann man überprüfen. Auch auf Hardware-Ebene. Also das ist ja auch Käse. So, also deswegen die Softwarelösung meistens die ein bisschen verstecktere. Die Hardwarelösungen zu verstecken ist ultra schwer. Das ist gar nicht so einfach. Also die Chips sind jetzt nicht irgendwie so Nanometer groß, dass man die gar nicht sehen kann. Nur so auch künftige Generationen eine lebenswerte Welt haben. Und dafür müssen wir diesen Preis, diese Veränderung vornehmen und auch diesen Verzicht üben. Und wenn man meine feste Überzeugung, wenn man den Menschen so begegnet und eben das sozial auch fair gestaltet, also sozial ausgewogen macht, dann glaube ich, kann man die Menschen mitnehmen. Ich glaube, also zunächst mal eine ganz persönliche Bemerkung. Was erwarten diejenigen, die uns zuschauen, von so einem Video, wenn jemand den Vorwurf macht, dass diese Runde ist mir zu aristokratisch? Ich als Wissenschaftler und als Professor an der Universität bin alimentiert von der Gesellschaft, genau das zu tun, nämlich möglichst per Forschung Dinge herauszufinden und sie dann zu erzählen. Genau, und der Gedanke ist ja normalerweise, im besten Fall sollen ja Politiker aus den Erkenntnissen der Experten sozialverträgliche Lösungen basteln. Das ist ja auch gar nicht mal abwegig. Das ist ja theoretisch so, wie man sich das mal vorgestellt hatte, dass ja die verschiedenen Leute dann das auch vermitteln. Jetzt Harlich ja eher der Wissenschaftskommunikationsmensch eher, die Wissenschaftler selber, dann die Politik soll daraus was Sinnvolles machen. Klar, dass das beim besten Willen nicht funktioniert, müssen wir nicht drüber reden. Das ist mein Kanalkonzept seit 5 Jahren, dass das nicht funktioniert. Das ist mir auch schon klar. Also sind wir, glaube ich, alle uns einig, dass das nicht wirklich top läuft. Nur halt, ne, ich komme mir da auch bei der Diskussion immer ein bisschen komisch vor, weil ich mir so denke, das sollte doch mittlerweile recht klar sein, dass es aufgeteilt ist. Natürlich wird ein Wissenschaftler das vielleicht ein bisschen zu, sagen wir mal, überheblich ist der falsche Begriff, aber ein bisschen weiter weg von der Realität darstellen, wenn es erstmal nur um bestimmte Forschungsfragen geht. Woraus dann ein Politiker und die Sacharbeiter und entsprechenden Fachleute sollen daraus Politik machen, die dann auch sozial verträglich sein könnte, im besten Fall. Aber ja, das ist halt natürlich bei der CDU, CSU ein Meme. Haben wir heute Morgen erst wieder gehört. Erklären, passt mal auf, wir haben das und das rausgefunden und das sind unsere Schlussfolgerungen. Wir können natürlich dem Parlament nicht sagen, wie es zu entscheiden hat, aber wir können Szenarien angeben. Wenn wir das tun, wird höchstwahrscheinlich das passieren. Also dafür das ist genau mein Job, genau das zu tun. Und wenn jemand mich sozusagen als Wissensaristokrat bezeichnet, dann nehme ich diesen Adelstitel gerne an. So, das erstmal vorab. Das andere ist natürlich ganz klar, wir sind ja schon längst in der Energiewende. Der Markt hat ja längst auf der Welt entschieden, es werden die Erneuerbaren sein und damit ist die Sache im Grunde genommen ausgesprochen. Das Fatale ist, dass wir Industriebereiche haben, die diese Verzögerungs- und Verdrängungsdiskurse führen und uns davon abhalten, das eigentlich Richtige zu tun. China ist in diesem Fall eben, was die technologische Strategie betrifft, eben das ideale Beispiel. Die Chinesen haben über 20, 25 Jahre ganz genau gewusst, wo es entlang geht. Wir sehen jetzt sogar, wie die CO2-Emission von China runtergeht. Die bauen Photovoltaik aus in einem Tempo, das könnten wir auch. Auch eine wichtige Sache. Seit 21 Monaten sind die CO2-Emissionen von China stagnierend oder am Fallen. Vom ersten Mal in immer.
Also das ist auch so ein nicht ganz wichtiger Punkt, der so ein bisschen untergeht im Diskurs. Klar, Indien ist noch ein Treiber, Indonesien ist noch ein Treiber, das sind die beiden, die noch ein bisschen die Emissionen weiter antreiben. Aber das ist ja so, der weltweit größte Emittent sinkt. Und das ist nicht einfach nur, weil die jetzt aus ökologischem Wunsch das machen wollen. Klar, Luftverschmutzung wäre ganz gut, wenn sie geringer wäre, aber weil es einfach ökonomisch Sinn ergibt. Das wäre eine gute Idee. Deren BIP steigt um 5%, die Emissionen fallen. Das ist schon nicht unwichtig. Das ist kein Problem, Photovoltaikmodule zu produzieren. Sogar, das war ja mal in Deutschland angesiedelt. Ich glaube, wie hieß er denn, der Klaus, Klaus Töpfer. Bis die USA einreitet. Die haben die nächsten 3 Jahre 82 bis 85% Zubau Solar und Wind im Vergleich zu den Gaskraftwerken. Bis 2028 ist es durch, laut FERC, der Behörde. Selbst in den USA. Selbst in den USA ist mittlerweile man dabei, dass man dort mehr zuballert. Texas, neuer Rekord aufgestellt mit dem Batteriespeicherzubau. Ich glaube 3 Gigawatt, nee, waren es 2 oder 3 Gigawatt. Auf jeden Fall viel für einen Bundesstaat. Das ist super viel quasi, was die da gerade machen. Die ballern, das gäbe es kein Morgen mehr. Genau. Hat ja mal gesagt, Deutschland verdient einen Friedensnobelpreis dafür, dass sie aus der Photovoltaiktechnik eine Technologie gemacht haben. Ja, aber dann haben wir sie weitergereicht. Genauso mit der Windkraft, da haben wir dann weitergereicht. Wir haben alle möglichen wunderbaren Dinge hier angefangen. Und das heißt, gerade in Deutschland... Weil, was der Chat sagt, ist richtig, die 5% WEP-Wachstum muss man kritisch sehen. Es gibt genug Ökonomen, die skeptisch sind bei China bezüglich des realen Wachstums, dass da ein paar Zahlen vielleicht nicht ganz sauber sein könnten. Das wichtiger Hinweis, stimmt, muss ich dazu betonen, weil ich habe die Skepsis auch schon gelesen, dass ein paar der gemeldeten Zahlen unplausibel wirken bezüglich der Binnennachfrage. Die Exportzahlen sollen wohl großteils in Ordnung sein beim Abgleichen, aber halt die im Land selber Nachfrage ist wohl nicht ganz korrekt. Da gibt es ja sogar Spekulationen, dass die Einwohnerzahl teilweise bis zu 100 Millionen so hochgerechnet sein soll, wo ich mir denke, Simsalabim, 100 Millionen weg? Oder what? Und das soll jetzt nicht aristokratisch klingen, wären die Möglichkeiten, das in einem ganz konkreten Sinne so zu tun, dass möglichst viele Leute daran beteiligt sind, indem wir ihnen genau über so eine Energiepauschale erstmal die Möglichkeit geben, ihr eigenes Handeln ganz neu zu strukturieren, entsprechend den Möglichkeiten, aber zugleich ständig anzubieten, sozusagen als Staatsfonds, wie kriegen wir Bürgerbeteiligung mit, sodass alle auch direkt davon profitieren können. Die Gemeinden profitieren davon, wenn auf ihrem Gemeindegrund die Windräder stehen. Die Landwirte können davon profitieren, wenn wir Agri-PV haben. Also nicht nur am Boden, sondern sogar in 4 Meter Höhe darüber vielleicht noch die Sonne ausnutzen und so weiter und so weiter. Und das Ganze möglichst so, dass jeder und jede, alle, die in Deutschland leben, sind automatisch Miteigentümer einer Struktur, die im europäischen Energiesystem natürlich eine irre Geldquelle darstellt. Wäre halt schon geil. Also, warum machen wir das nicht? Und das kann so... Bei Agri-Photovoltaik geht auch nicht jede Feldwort, aber viele. Hinweis, Töran, du hast, glaube ich, eine Stunde Verzögerung. Aber just kidding. Das stimmt, bei Agri-Photovoltaik geht nicht jedes Lebensmittel, das stimmt. Einige profitieren davon, einige sind neutral, einige profitieren nicht davon. Da gibt es ja Dutzende Testläufe, welche Lebensmittel davon profitieren können. Hopfen zum Beispiel. Hopfen ist besserer Ertrag, sogar wegen geringerem Trockenstress. Himbeeren, Erdbeeren gehen wunderbar. Das ist, glaube ich, Himbeer war, glaube ich, neutral, Erdbeere 10% erhöht. Aber es gibt ein paar, wo es keine gute Idee ist. Das stimmt. Das ist schon wahr. Und ja, aber richtig. Ich habe doch gerade Agri-Photovoltaik erwähnt. Oh, scheiße. Weit gehen. In Zukunft ich bin mir ganz überhört, sicher, dass das scheiße. gar nicht mehr so lange dauert, werden wir bidirektionales Laden und Entladen haben für den Autobatterien. Und damit werden wir eine Speicherkapazität in Deutschland anbieten können, die uns locker aus all diesen ganzen Diskursen von Dunkelflauten oder Hellbriesen oder sowas rausbringen. Und wir auch nicht mehr darüber reden, dass wir hier irgendwelche Kernkraftwerke, welcher Größe auch immer, hinstellen. Ja, leider bringt Jens Spahn wieder den Punkt auf. Und wie gesagt, ich mache dazu, glaube ich, heute nochmal ein Video fertig, so einen Kurzdurchlauf, warum Reaktivierung der Kernkraftanlagen keinen Sinn ergibt. Weil das ist eine theoretisch andere Diskussion als Neubau. Bei Neubau ist es offensichtlicher ökonomischer Wahnsinn mit den Zahlen. Bei den Reaktivierungen brauche ich ein anderes Argument. Hellbriesen ist das Gegenteil von Dunkelflauten. Im letzten Osterfall, ich kann euch ein Beispiel zeigen. In jedem im Stromnetz muss die Frequenz aufrechterhalten werden. Zu viel und zu wenig Strom ist ein Problem. Also in beiden Fällen, um die Frequenz aufrechtzuerhalten. Und wovon Sie jetzt gerade hier sprechen, das ist, glaube ich, das ist Woche 15, ne? Warum mit Oster? Nee, laber ich jetzt gerade scheiße. Muss gerade kurz aufpassen, dass ich jetzt hier nicht Unsinn erzähle. Bin ich jetzt gerade Banane? Ich hab die Zeiträume verpeilt mittlerweile. So, ich habe gerade selbst vergessen, welche das nochmal war. War das hier, wo das so viel abgeregelt wurde? Oder war das Woche 15? Ich kann es kurz trotzdem zeigen, das passt schon, das geht schon klar. Hier, lokale Quelle, Stromproduktion.
Genau hier. Quasi in einem Zeitraum, wo zum Beispiel die Last ist bei 49,897 Megawatt, aber die Erzeugung ist bei 71,913 Megawatt. Das Problem ist, die Last und die Summe muss im Einklang bleiben. Man versucht ja meistens mit Importen und Exporten das irgendwie zu regeln oder die Anlagen notfalls abzuregeln. Und die Problematik ist halt gerade, dass eine Hellbrise das Gegenteil von einer Dunkelflaute ist. Wenn zu viel Strom im Netz ist, destabilisiert das die Frequenz und sorgt für einen Blackout dann potenziell. Das ist das Problem. Hellbrise ist noch nicht so populär als Begriff, weil das jetzt noch relativ neu ist, aber es wird die kommenden Jahre immer häufiger aufkommen, weil du musst natürlich auch in den Zeitraum, wo der Verbrauch einfach geringer ist, zum Beispiel am Wochenende oder an Feiertagen, gucken, was du mit dem Strom anstellst. Aktuell ist halt so die Regel, dass sie einfach abgeregelt werden, gerne mal, die Großanlagen. Aber die privaten Haushaltanlagen können aktuell nicht so gesteuert abgeschaltet werden bisher. Oder dass sie nicht ins Netz einspeisen wenigstens. Das ist noch ein Problem. Deswegen braucht man mehr Akkuspeicher, um halt so den Strom zu speichern. Kannst du dann in die Abendstunden bringen und weniger Kohle und Gas für Strom. Das wäre gut. Das wäre sinnvoll und ergibt auch Sinn. Daher, ja, oder theoretisch sowas wie Wasserstoff oder E-Fuel herstellen ging auch, aber das machst du nicht mit Überschussstrom. Die Anlagen müssen durchgehend laufen. Weder Kernspaltung noch Kernfusion, sondern dass wir das alles auf diesem Niveau mit diesen erneuerbaren Energien regeln können. Auch bei erhöhtem Energiebedarf durch Wärmepumpen, E-Autos und so weiter. Diese Szenarien sind längst durchgespielt. Und man sieht es ja aktuell auch. Wenn wir durch Deutschland fahren, sehen wir ja, dass seit 2020 richtig viel passiert ist. Ja. Nur es ist nicht schnell genug passiert und es ist nicht nachhaltig. Das ist keine nachhaltige Industriepolitik gewesen, dass man sagt, darauf bauen wir jetzt auf. Sondern stattdessen haben wir auf dem alten Kram aufgesetzt. Und man muss es ja einfach mal sagen, dass die Leute, die über diesen Verbrenner denken, die tun ja so, als wenn man in jeden Haushalt reingeht, die Induktionsherde in der Küche raus, da wird jetzt Zurück zum Gasherd! Wieder auf offenem Feuer gekocht, die LEDs raus. Wer erinnert sich noch an diesen legendären Weltartikel, wo ich einfach fast vor Lachen gestorben bin, 2022, 2023. Die Wärmepumpe ist die letzte Entfremdung vom Feuer. Das war so ein Meinungsbeitrag von einem Weltjournalisten gewesen, von Axel Springer, der halt wirklich die Wärmepumpe als Rückschritt bezeichnet, weil man sich vom Feuer entfernen würde. Ich bin so gestorben vor Lachen, weil ich dachte, das wäre ein Satirebeitrag, das meinte der aber völlig ernst. Der hat sogar ein Interview derselben Scheiß gelabert. Das war halt wirklich ultra witzig. Also das war so wirklich Diesel-Dieter. Ich dachte so, Satirefigur Diesel-Dieter. Davon ging ich aus. Das wäre wirklich ernst gemeint gewesen, dass er so satirisch das ernst rüberbringen wollte, was lustig wäre, aber nee. Wir erleuchten unsere Räume wieder mit Fackeln. Ja. Das ist ja der Sprung, wenn man das wirklich täte. Also man springt sich ja praktisch in die Steinzeit zurück mit dieser Verbrennertechnologie. Die Porsche war es nicht selber gewesen. Tatsächlich die ganze Zeit noch ernsthaft diskutieren, dann kann ich nur sagen, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Das ist eine flammende Rede und was dazu ganz gut passt, ist eigentlich hier dieser Kommentar, beziehungsweise du sagst ja, wir haben auch schon viel gehandelt. Hier schreibt nämlich jemand, wir müssen vor allen Dingen ins Handeln kommen. Ja, das finde ich eigentlich schön gesagt. Also man würde meinen, es gibt kein Erkenntnisprobleme, sondern ein Umsetzungsproblem. Viele, die das sagen, die sehen gar nicht, was auf Deutschlands Äckern oder neben den Autobahnen und so weiter, was da schon steht. Wir sind bei deutlich über 60% erneuerbaren Energien. Man möge sich zurückerinnern an Zeiten, wo eine ehemalige Kanzlerin sagte, also mehr als 10% erneuerbare Energien hält unser Energiesystem gar nicht aus. Ja, die Energieversorger, glaube ich, 98, 99 und meinten, dass 4%, also mehr als 4% nicht geht. Man muss natürlich argumentieren, was beim letzten Mal schon jemand zu Recht gesagt hat. Über die Jahre haben natürlich auch die Netzbetreiber, ÜNB, VMB, natürlich signifikant an den Netzen gearbeitet, damit sie natürlich auch stabiler mit dieser Fluktuation klarkommen. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist jetzt nicht so, auch wenn 10 Jahre beim Netzausbau zu wenig gemacht wurde, dass gar nichts gemacht wurde. Das ist natürlich auch Quatsch. Also es gab natürlich massive Verbesserungen und Verstärkungen, natürlich auch Härtungen, dass dann eben die Fluktuation nicht automatischen Stromausfall auslösen würden. Das ist natürlich schon passiert. Man hat sich ja schon ein bisschen Gedanken drum gemacht, weil beim N-1-Prinzip, dass wenn ein Kraftwerk ausfällt, man trotzdem ohne Probleme die Frequenz stabil halten kann. Das ist schon natürlich alles berücksichtigt worden. Klar, Smartmeter würden auch helfen bei der Steuerung oder generell mehr Monitoring auch auf Niederspannungsebene. Smartmeter, also intelligente Messsysteme, wie sie in Deutschland heißen, wären sehr wichtig. Der Rest von Europa, außer ich glaube Belgien, sind bei fast 100% angekommen mittlerweile gefühlt. Also von der EU, nicht Europa, muss man dazu sagen. Und das halt belastend. Wie lange läuft das Video? Ich wollte eigentlich nur kurz darauf reagieren. Ich habe vergessen, das Video gibt 70 Minuten und wir reden über Energie. Und ich werde ja heute überziehen, weil ich ja noch Gameplay habe später. Ja? Und diese Leute stellen sich nicht vor die Kamera und sagen, ich habe mich geirrt. Das wäre so wichtig. Der Grossmann von RWE, der diesen Satz gesagt hat, Photovoltaik in Deutschland, das ist ja wie Ananasanbau in Alaska.
Yep. Das ist tatsächlich unironisch so passiert. Unironisch. Das kannst du nicht ausdenken. Ja, aber guckt euch mal an, wie viele Gigawatt an Photovoltaik wir ausbauen. Und dann ist niemand da, der Öffentlichkeit mitteilt, Leute, was ich damals gesagt habe, war ein Fehler. Wir haben auch Es wäre ein wichtiges Umdenken. Da hat er einfach recht. keine ordentliche Fehlerkultur, weil wir in Deutschland immer zu sehr auf Schuld setzen, anstatt zu sagen, das ist ein Fehler, wissen alle Bescheid, den machen wir nie wieder, diesen Fehler. Es wird immer nach Schuldigen gesucht und wird nie der Inhalt, die Qualität eines Fehlers beschrieben. Und in den Naturwissenschaften, da wissen wir irren uns empor. Von einem Irrtum zum nächsten und werden dabei immer besser. Aber Kein Konservativer gibt Fehler zu. Das Problem ist, er wird ja auch nicht bestraft dazu. Der Grund, warum Leute wie Jens Spahn ja dabei sein können, ist ja, die werden ja für ihre Scheiße auch noch belohnt. Die können bis zu 10 Milliarden Euro an Steuergeldern verschwenden, wirklich Korruption ohne Ende leisten, was man im Suthoff-Report ja lesen kann. Und die werden dafür nicht bestraft. Die werden sogar noch belohnt. Die werden zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Eine Rolle kurz vor der Bundeskanzlerrolle, effektiv in der CDU. Das ist halt so die Schwierigkeit, dass wir als Gesellschaft wirklich da auch viel härter gegenhalten müssen, dass die Leute, die Fehler eingestehen, sagen wir, okay, gut, mach's besser in Zukunft. Und wenn du halt das nicht machst, dann wirst du halt einfach den Boden gestampft. Also nicht wortwörtlich, aber halt eben aus der Politik rausgeworfen. er natürlich behauptet von sich, er hätte sich noch nie geirrt. Dabei ist es ja irren menschlich, wie die uns die Lateiner schon immer sagen. Dann hat man manchmal den Eindruck, man wird von Außerirdischen regiert, ja, die sich nicht irren. Leider, du schaust schon, du musst los, glaube ich. Stimmt das? Oder hast du... Wir haben noch, also, nee. Wir haben noch Zeit. müssen langsam zum Ende kommen, aber du besitzt noch nicht ganz auf Rausstürmkohl. Okay, dann würde ich euch trotzdem gerne noch mal zum Ende das zusammenfassen lassen. Also wir sind ja gestartet mit dieser Frage, wir haben diese komplexe Situation mit der aktuellen Energiekrise, aber eben auch mit der Frage, steht da Ökologie und Ökonomie eigentlich sich diametral gegenüber? Oder wäre es sträflich, eben jetzt nicht, dass man weiß, uns hinten raus noch teurer zu stehen kommt? Also vielleicht könnt Ja, das ist halt der Punkt, weil je schneller man es macht, desto besser im Energiebereich. Ich bin im Anforderungs- und Projektmanagement für Digitalisierungsprojekte bei Avacon E.ON zugehörig. Wir arbeiten daran, aber Konzern dauert halt. Ja, das ist halt auch klar, warum ich diese 8 Jahre mal so als Punkt nehme, weil ich sehe halt die Prozesse für die Digitalisierungsprozesse, die du zum Beispiel oder ihr machen müsst und sehe halt, wie bei den ganzen Acer-Reports der EU-Behörde für die Netzbetreiber, wie die halt darüber sprechen, wie es über die Jahre abgelaufen ist, wie zum Beispiel jetzt hier Frankreich, Belgien, gut, Belgien läuft scheiße, aber Niederlande und Dänemark und Co. zum Beispiel damit gearbeitet haben, wie über die Jahre das vorangetrieben wurde und wie Deutschland sowas wie die sichere Lieferkette hatte für intelligente Messsysteme, wo du dir wirklich so denkst, so, ja Mann, wir brauchen auf jeden Fall für die Stromzähler gefühlt militärische Level an Sicherheitsanforderungen. Willst du mich eigentlich verarschen, Altmaier? Was war denn das bitte als Beispiel? Oder Gabriels Blockaden zwischendurch, wo man wirklich so viele Jahre beim Wirtschaftsministerium verpennt hat, wo andere Länder nach und nach, okay, 20%, 50%, 80%, fast 100% Smart Meter haben und die können jetzt zum Beispiel flächendeckend mal so Vehicle-to-Quit-Projekte laufen lassen, mit dem E-Auto an Stromnetz anschließen und mal testen, funktioniert das, ergibt das Sinn oder ist das Kacke? Und was kann man daraus lernen? Die testen das jetzt und in Deutschland kann man es nur begrenzt testen, weil wenige Regionen haben das. Ich glaube, in Deutschland haben drei Netzgebiete haben 100% Smart Meter Abdeckung von irgendwelchen Stadtwerken, die da fleißig da einfach frühzeitig dabei waren und die sind auch die Testgebiete für manche Projekte bezüglich moderneren Abrechnungsstrukturen. Fast so, als wäre das sinnvoll. ihr das nochmal für euch beide so ein Fazit ziehen, bevor wir zum Ende kommen? Das wichtigste Fazit ist, was ökologisch klug ist, ist auch wirtschaftlich klug. Klimapolitik ist gute Wirtschaftspolitik. Ich glaube, man muss es so klar sagen. Harald hat es beschrieben. Wir steigen ja nicht auf Technologien um, die ineffizienter sind, sondern wir steigen auf effizientere Technologien um. Und das betrifft übrigens nicht nur fossile Energieträger, sondern Harald hat auch gesagt, auch Atomkraft. Dieser Mythos, der wieder aufflammt, Atomkraft sei die Zukunft, das ist nicht nachgewiesen. Ja, hier tritt man da offene Türen ein. Ey. Also ich dachte halt wirklich, 2023 wäre das Thema Großtanz durch, weil der Kostenabstand immer größer wird, was ja auch stimmt. Es ist ja wirklich so, es wird ja immer größer, der Kostenabstand für die CFDs oder für die Mindestvergütung für die Projekte für 20 bis 40 Jahre. Nee, es ist sogar noch schlimmer geworden, absurderweise. Obwohl die Zahlen immer eindeutiger werden. Erwiesenermaßen nicht. Und ich glaube, man muss ehrlich sein, diese Transformation ist schwierig. Wir werden viele Fehler machen, noch mehr Fehler machen. Also das ist einfach so. Es wird Kosten und Verzicht verursachen. Aber erstens sind die Kosten
im alternativen Szenario viel, viel größer. Und wir reden nicht ein bisschen, sondern ein Vielfaches von Menschenleben, von Veränderungen unserer Lebensgrundlage, aber auch wirtschaftlich. Wer hat seinen Account eigentlich in Jens Spahn 1 umbenannt, nur um mich zu trollen aus Neugierde? Wer war das? Ich habe den anderen Jens Spahn-Account sogar gebannt. Und die Zukunft der deutschen Industrie, mache ich auch eine mutige Aussage, davon bin ich fest überzeugt, ob wir eine massive Deindustrialisierung haben, ob viele der guten Arbeitsplätze in der Industrie verloren gehen, hängt ganz entscheidend davon ab, ob es der deutschen Industrie gelingt, uns als Gesellschaft gelingt, schneller zu werden, wieder führend zu werden bei grünen Technologien, bei nachhaltigen Technologien. Deshalb ist das eine Existenzfrage und Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit, gute Arbeitsplätze in Deutschland. Was mit dem Kameramann? Du musst ja verstehen, wenn du das 70 Minuten lang zuhörst, kann es natürlich überwältigend sein, dass da vielleicht die Stabilisierung nicht mehr funktioniert und dann irgendwann anfängst, die Kamera ein bisschen, sagen wir mal, beben zu lassen. Das kann schon mal passieren. Das kann schon mal passieren. Deutschland zu sichern, Die Grünen! hängt entscheidend davon ab, ob wir führend bei grünen Technologien, also bei Klimaschutz und Umweltschutz werden. Das ist sehr schön. Hier schreibt sogar schon jemand, der Spruch gehört auf jede Krawatte. Warum auch immer, ich will es auch auf einem T-Shirt. Was ökologisch gut ist, ist auch wirtschaftlich gut. Also auf der Krawatte würde das ein bisschen eng werden, oder? Von den Buchstaben. Also ich kann das auch nur noch mal unterstützen, was Marcel gesagt hat. Der Punkt ist, dass die Prognosen der Wissenschaften, wie sich der Klimawandel natürlich auswirkt, dass die sozusagen alle eingetreten sind und meistens noch schneller, noch intensiver alles geworden ist, als wir es... Also es ist schlimmer geworden, als die pessimistischsten Prognosen es vorhergesagt haben. Das heißt, wir können uns darauf verlassen, das scheint tatsächlich so zu werden. Und wenn wir jetzt in die Zukunft denken, aufgrund dieser Prognosen, die schon in der Vergangenheit eher noch zu optimistisch waren, dann wird völlig klar, dass das genau der Satz ist. Alles, was ökologisch richtig ist, ist auch ökonomisch wichtig. Und warum? Ökologie betrifft die Natur, die Ökonomie betrifft den Menschen. Aber der Mensch ist ein Teil der Natur. Er kommt hier nicht weg. Die Natur ist kein Parteimitglied, Also auf den Mond schießen oder auf den Mars schießen wird schwer werden, behaupte ich. aber sie ist eben das, was eben unsere Lebensgrundlagen darstellt. Insofern ist es schon fast logisch, dass das, was ökologisch vernünftig ist, auch ökonomisch vernünftig ist. Und nicht zu vergessen, Klimapolitik ist immer auch Weltinnenpolitik und ist Sozialpolitik in diesem Sinne. Wenn wir das richtig machen, dann müssen eben all die vielen, die darunter zu leiden haben, auf jeden Fall entweder nicht so stark darunter leiden oder wir können das Schlimmste noch verhindern. Ja. Hier schreibt jemand, Frage in die Gesprächsrunde am Tisch. Was nehmt ihr drei aus dem heutigen Austausch mit? Schon mal vielen Dank für den interessanten Austausch auf Augenhöhe. Gerne mehr davon. Vielleicht, wenn wir das noch ganz kurz... Was nimmst du mit? Ich finde es so wichtig, zwei Dinge. Erstens, dass wir über die Wissenschaften hinweg kommunizieren, dass wir in der Ökonomie mehr verstehen von den Naturwissenschaften, denn auch das ist wichtig zu wissen. Und umgekehrt, ne, dass man sagt, was sind die Fakten, wie funktionieren Dinge und wie können wir die so nutzen, dass sie im Sinne des Menschen sind. Das ist, glaube ich, ein Muss ja nicht mit Moral kommen. Ja, wer hier länger zuschaut, weiß ja auch, dass ich quasi die ökologische oder moralische oder ethische Ansatz probiere ich gar nicht. Weil ich genau weiß, ich erreiche damit sehr viel seltener Leute als einfach mit den nackten Zahlen. Weil es ist ja nun mal, wie ich es ja schon gesagt habe, es ist ja nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch überlegen. Und das ist halt genau der Grund, warum ich meistens eben auf die eigenen Vorteile mich beziehe, weil es ist halt nun mal so, wir leben in einem kapitalistischen System, wo das für viele Leute einfach der erste Aspekt ist, wenn es zum Beispiel um die Familie geht, wenn es um den Umkreis geht, die vielleicht wirklich Bock drauf haben würden, ein anderes System zwar zu haben, aber aktuell einfach nicht imstande sind, das durchzusetzen. Oder erreichst du die Leute einfach mehr. Oder auch wenn es darum geht, die eigenen Eltern zu überzeugen, Freunde, Partner zu überzeugen, ist es oftmals einfacher, wenn du neben der ökologischen Situation auch die ökonomischen Zahlen überlegen darstellen kannst. Das war der Grund, warum ich auch mit der Quellenliste angefangen habe, weil ich einfach gesehen habe, das dürfte einfacher sein. Und das ist halt einfach auch die Realität. Und auch für den Staat ist es ja genauso. Es ist ja nicht nur so, dass die Vorteile erst in 20 Jahren kommen würden, sondern diese geringeren Importe sorgen ja für so recht sofortige Entwicklung oder Verbesserung der Lage. Die Abhängigkeiten werden verringert, die Diskussionen werden da einfach verringert. Das ist ja alles, was eine kurzfristige Wirkung hat, sogar durch diese ganzen Aufbauprojekte. Warum es halt nun mal auch so relevant ist. Weil es ist ja nicht so, dass es quasi wie bei Kernkraftwerken nach 15 Jahren Bauzeit braucht, wie Flamanville 3, oder waren 17 fairerweise, sondern dass man da einfach wirklich schon sieht, nach 2 Jahren, okay, wie sind die ersten Vorteile dadurch. Und das kann man ja dann mitnehmen. Das ist ja durchaus dann schon mal eine andere Diskussion. Hoffentlich ein wichtiger Teil unseres gemeinsamen Gesprächs. Und das Zweite ist Kommunikation, Aufklärung. Letztlich ist das, glaube ich, unsere große Stärke. Aufklärung, aus Fehlern zu lernen, Wissen anzueignen, Dinge besser zu machen. Und wenn wir
einen ganz, ganz winzig kleinen Beitrag damit heute geleistet haben. Kommuniziere einfach wie beim Film Astronaut Hail Mary einfach mit dem Spiegeln von Interaktion des Kameramannes, indem ich mit meiner Kamera auch mich rumbewege. Aufzuklären und denen, die zuschauen, ein paar Punkte einfach nur zum Nachdenken, einfach nur drüber zu grübeln, dann glaube ich, dann hat sich das Ganze sehr gelohnt. Ich glaube auch, dass wir, also was ich aus diesem Gespräch immer wieder, wenn wir über Ökonomien sprechen, ökonomische, reden wir über das Optionale. Also über Szenarien, über Möglichkeitsräume und so weiter. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir wegkommen von so einer perfektionistischen Sicht, wie was sein muss, sondern lasst uns mal in diesem Optionsraum bewegen. Da gibt es ökonomische Gründe, da gibt es ökologische Gründe. Es gibt aber vielleicht auch Verhinderungsdiskurse, die müssen wir wahrnehmen. Die Wirklichkeit ist nicht so, wie wir sie gerne hätten, sondern ein bisschen. Ja, Leute, entspannt euch. Das Embargo fällt um 14 Uhr. Ich muss nicht sofort um 14 Uhr live gehen mit dem Spiel. Ich weiß, ich will ja Gameplay noch haben gleich, keine Frage. Ich habe auch Bock auf Pragmata, weil es gut aussieht und gut bewertet ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt quasi mit der Schusswaffe bedroht werde, wenn ich nicht sofort um 14 Uhr damit on gehe. Widerspenstig, aber gelassen zu bleiben und die ganze Zeit zusammen zu bleiben und immer wieder Optionen. Also das, was ich so liebe an diesem Begriff des Possibilismus. Aber so Der okay, alles Possibilist, gut. die Kein Possibilistin Problem. sucht sich die Optionen, die zur Verfügung stehen. Und da ist auch klar, Pessimismus ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Resignation, Zeitverschwendung, also ran an den Speck und interdisziplinär, fachübergreifend und immer im Gespräch bleiben. Das ist das, was ich aus so einer Runde immer gerne mitnehme und heute ganz besonders. Dankeschön. Danke. Na, ich danke euch. Ja, das ist Aber trotzdem eine schöne Diskussion auf jeden Fall. War sehr, sehr angenehm gewesen, kann man auch mal positiv hervorheben. Das finde ich auch schon mal, dass man das durchaus mal ansprechen kann, dass es mal angenehm war zuzuhören und da gefühlt einfach wirklich mal so Debatten über verschiedene wissenschaftliche Ansätze dort gab. Und das ist ja auch mal was Nettes. Das finde ich immer nur so Bundestagsgeschrei quasi haben, ist ja auch schon, glaube ich, einiges wert, würde ich sagen. Also aus meiner Sicht jedenfalls ist das schon einiges wert. eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke euch auch sehr herzlich. Ich habe auf jeden Fall auch mitgenommen, dass ein bisschen Hoffnung, dass man, wenn man ehrlich mit den Themen umgeht und transparent und eben auch aufzeigt, was langfristig für Gewinne kommen können, dass man dann vielleicht auch Lust kriegt eben, ne? Wenn Leute schon schreiben, lass uns doch handeln, finde ich das eigentlich wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ich freue mich auf jeden Fall auf mehr solcher Runden. Hier schreibt auch jemand noch, was ist für dich persönlich der schönste Teil an solchen Live-Runden? Und welche Frage würdest du dir wünschen, die dir viel zu selten gestellt wird? Das ganz am Ende. Wow. Da kann ich gar nicht darauf antworten. Ich mag es einfach mich so gut zu unterhalten und daraus entsteht nicht unmittelbar gleich was, aber meistens dann spätestens am Tag danach eine gute Idee. Ja. So machen wir das. Also die Leute können weiterdenken und vor allen Dingen, wenn ihr jetzt Lust habt, direkt noch was zu schauen, dann empfehle ich euch zum Streamen im ZDF die Sendung Terra X Harald Lesch Blackout. Die haben wir schon gesehen. Die war auch sehr interessant gewesen in meinen Augen. Ja, aber Harald Lech macht das schon sehr, sehr gut in meinen Augen. Wir bräuchten halt schon wirklich so gefühlt so 10, 20 Harald Lechs für verschiedene Themenbereiche, die durchgehend die Leute da terrorisieren halt mit den eher wissenschaftlichen Ansätzen. Das wäre schon sehr gut. Aber ich fand es halt wirklich eine interessante Gesprächsrunde. Und wir haben so selten so pragmatische, positive Gesprächsrunden, dass ich es diesmal einfach mal mit reinnehmen wollte. Ich denke das gleich mal, das war ja auch ursprünglich mal ein Livestream gewesen, also daher.